Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Willkommen da in Metal Server. Hoffentlich der neue Lieblingspodcast aus der Schweiz. Von der Region, für die Region. Da mit dem Erbella da. Guten Tag. Musst du näher kommen, der Kamera, sonst schon wieder, Alter. Ja, Bro. Ja, okay. Und, aber du musst den Tisch kurz ein bisschen verschieben. Ich kann vielleicht die Kamera noch bewegen. Aber wir sind heute nicht alleine da. Nein. Ja, sicher kannst du die Kamera bewegen. Du hast ja etwa 2 cm Platz neben deinem Ranzen. So, ich tue zuerst mal unsere Gäste mal vorstellen. Ihr habt schon mal ein paar Mal gehört im Podcast, dass wir immer sagen, hey, deine Page ist scheiße, geh an EMS hören. Und jetzt haben wir endlich mal die Jungs da, höchstpersönlich, der Roman und der Joel von EMS Media Mayhem und Extreme Music Switzerland. Hallo. Moin, moin. Hallo miteinander. Habt ihr den Weg gut gefunden? Jo. Gut. Ja, aber die sind aus dem weiten Weg Basel gekommen. Endlich mal. Wir sind nicht gut Tramli fahren, aber wir haben die da eingeladen. Es ist fucking funny, dass du jetzt erst wieder den Smalltalk, den wir vorher schon hatten, nochmal wieder nachstellen. Wir sind schon seit einer Stunde am Schnurren und dort haben wir alles geredet. Eigentlich hätten wir einfach den Podcast schon bei dir im Wohnzimmer müssen einfach mal subtil das Mikrofon in die Mitte stellen. Eigentlich schon, ja. Ich hätte einfach nachher müssen irgendwie heftig wegeditieren, aber das ist auch gut so. Jetzt sind wir PG-13 da rein und das ist gut, weil ich muss die Kamera wegen. Oh ja, darf man bei euch fluchen? Das weiss ich gar nicht. Ja, sicher, kein Problem. Du darfst alles machen, was du willst. Super Scheiße! Also, einen Moment. Du darfst alles machen, was du willst. Du, Editing für Ricky, mein Lieblings-WhatsApp-Sticker, ist immer da. Dann würde ich sonst jetzt gerade meine Hose abziehen, wenn das okay ist. Tipptopp. Ja, jetzt kannst du ein bisschen zurücklehnen, wenn du willst. Kann ich jetzt ein bisschen? Tipptopp. Ja, jetzt kann ich auch ja, beide anschauen. Vorher schon gesehen. Warte, da bin ich zu. Meine Haare sind im Weg. Weißt du, das sind die Backup-Kameras, falls die Kamera stirbt. Also für alle, die sich jetzt fragen, wie lange der Ricky die Kameras vorher schon justiert hat, das ist schon etwa eine Stunde gegangen. Ich meine, ich bin so schlimm, ich muss Breaking of Sanity unterbrechen, um fucking Lüftung abschalten. Und nachher nicht hörst im Podcast, weil ich so gute Denoisers habe. Hast du überkommen, der grösste Prick. Und dann hörst du nichts. Und der Ricky einfach so, hey, können wir die Lüftung abstellen? Und nachher so 2 Minuten, also 10 Sekunden Ruhe und dann so, ja, die Lüftung ist abgestellt und es tönt genau gleich wie vorher. Genau, fucking gleich, es ist so fucking dumm. Aber ja, Jungs, merci, dass ihr da gekommen sind. Danke für die Einladung. Ja, merci für die Einladung. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit der kurzen Vorstellung an, würde ich mal sagen. Sagen wir dir? Können wir gerne machen. Alright. Roman, willst du anfangen? Eben, wie du gesagt hast, ich bin der Roman, ich bin ja bei Extreme Music Switzerland und bei iDelusionist. Was machst du bei iDelusionist? Chillen. Alright. Und Gitarre bespielen. Nein, cool. Also in dem Sinn, ja, wie es halt ist in einer Band. Ich meine, ich gehöre zu denen, die ziehen. Und in dem Sinn, mein Schwerpunkt Gitarre spielen, Songwriting. Wir sind in der Nähe von Zürich. Ich werde den Satz vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Hä? Was? Aha. Okay. Ja, nein, nicht so ziehen. Wieso nicht mehr St. Gallen die Hochburg für das? Keine Ahnung, ich habe gemeint Zürich. Weil die von der HSG kommen nachher auf Zürich arbeiten. True. Okay, fair. Nein, also ich bin der Motivation hat. Das ist gut. Wo so zieht. Alright. Genau. Wichtig. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht. Bei IMS natürlich eben, ich weiss nicht, die das hören oder schauen, vielleicht auch schon mal gehört, die Support-Plattform für Schweizer Metal-Bands oder respektive Bands aus extremen Musikgenres. Und das seit 2018. Schon so 5 Jahre? Ja. Krass. Eine halbe Dekade schon. Hey, du machst mir gerade Angst. Scheiße, das sind schon 5 Jahre. Ja, schon. Hey, warum ist doch voll geil? Ja, aber es ist gut schnell umgegangen. Ja, du wirst Ich ja bin ein bisschen alt. 2,5 Jahre davor kannst du quasi rausstreichen. Ja. Also, Ja, Also während Corona, ich meine, Social Social Media haben mega von Corona profitiert. Ja. Also, Ja, ja, doch, sagen wir es mal so. Yes. Ja, und Ist die Kamera gut? Wirklich. ist alles gut. Ich Man sieht bin dich. immer am Abchecken, dass alles recorded und so. Ja, es hat ein rotes Pünktchen, jetzt ist gut. Rotes Licht. Let's go. Nein, aber ich meine, ihr seid jetzt so lange unterwegs, ich meine, länger als HC-Bands oder Metalcore-Bands. Ich meine, die lösen sich mega schnell auf, von dem her, ihr seid jetzt länger. Ihr seid älter als fast alle Bands. Du meinst, die meisten HC- und Metalcore-Bands machen so Speedruns. Ja, Sie gründen sich, bringen den EP raus. Das finde ich gut. Sie gründen sich, bringen den EP raus, spielen einen grossen Gig und lösen sich auf. Ja, aber das ist gerade für uns bei IMS ein rechter Pain zu wissen, wer ist eigentlich noch aktiv, wer ist nicht mehr aktiv, wer spielt in welcher Band, welche Band heisst jetzt wie. oh ja. Das wollte ich gerade sagen, wir haben so wirklich eine lange Liste und die gehen wir immer wieder aktualisieren. Ja. Und wenn du dann halt schauen, machen die überhaupt noch etwas, dann ist es so. Aber ich nehme mal an, da schwätzen wir sicher noch ausführlicher. Ja, voll. Tun wir den Joel mal vorstellen. Ja, ich bin der Joel, genau. Ich bin die zweite Hälfte von IMS. Ich spiele noch Gitarre bei Anesthetist.
Hey, 4 Gitarristen auch rum, das für Ja, fucking das kommt nicht gut. Ich sehe schon einen absoluten Nerd-Talk da rein. Ich bin nicht bei IMS von Anfang an dabei gewesen. Ich bin etwa ein Jahr später dazugekommen. Das heisst, ich mache das seit 4,5 Jahren, in sowas in diesem Stil. Ja. Hey, wir haben uns immer noch gern, der Roman und ich. Wie man es nimmt. Mehrheitlich. Vor der Kamera haben wir uns noch gern. Ja. Wir mühen. Ja. Also mein Lieblingspunkt vor eurem Podcast ist, wenn ihr über etwas einfach nicht einverstanden seid. Ja, aber das ist wirklich das Geile, letztlich, weil ich glaube, wir sind beide passioniert, was Musik und Social Media Und anbelangt. Fluchen. Ja, das auch. Aber das kommt wie Hand in Hand. Und darum gibt es immer wieder die guten Momente, wo man mit aufeinander clasht. Ich sage jetzt nicht mehr Sugar, weil das Das kommt noch. Das ist noch ein Thema, glaube ich. Nein, Nicht heute, aber es ist noch ein Thema. Es ist ein Dauerthema. Es ist ein Dauerbrenner. Es tut mir leid, du hast Ich jetzt verloren. nämlich einen Schluck von meinem Kommt noch. Also ist Getränk. Meshuggah oder Meshuggah? Hä? Was? Also, Was nennt man Meshuggah. Band, Meshuggah. Was ist mit Meshuggah? Hast du Oder den das Podcast kennt ihr? Also, wenn ich Ach so. über Sugar reden kann ich Ja, ich meine, das ist- Nein, das ist so unsere grosse Diskrepanz, Dauerbrenner. dass ich Meshuggah und wir eigentlich normale Leute Meshuggah geil finden. Und Nein. der Joel... Okay, es hat mich sehr gefreut. Wenn wir die Sitzverteilung ändern. Nein, wir schwätzen dann in unserem Podcast wieder sehr Genau. ungestört über das. Dann können wir auch wieder unsere Quick Ja, Rant ja. einbauen und so. Ja, nein, also bei uns ist wirklich Chaos ist the rule, von dem wir... Ja gut, unser Podcast heisst Media Mayhem, von dem her. das stimmt, Also ja. Chaos ist vorprogrammiert. Heute wird es kadrisch, das kann mir. Ja. Wir werden nie Aber fertig. Den Podcast könnte man als Livestream machen, weil er ist Ja, auf wirklich. 2 Tage. Oh, das war's mal. Ja, aber dann musst du noch Wir Leute wollen finden, die live. das Du sagst Scheiß ja von hören. Twitch oder so etwas anfangen, wir sollten nicht alle durcheinander Nein, reden. das ist gut. Podcast-Regel Nummer 1, wir können es immer noch nicht. Nein, aber mir jetzt auch schon mal überlegt, vielleicht mal ein Livestream-Podcast zu machen. Ja, aber wir eigentlich nächstes Jahr. Ja, aber dann kann ich eben den... Ich könnte euch mit dem Mike, glaube ich, von Rafa Falga zusammenschließen. Er ist ja Twitch-Streamer unter anderem. Stimmt. Vielleicht ergibt sich da ja mal was. Oh, das wäre Auch den an. ja. Shoutout Rafa Falga. Wer von uns 3 sitzt Shoutout. im Swimmingpool? Oh ja. Kannst du denn bitte so einen hotten Bikini völlig Let's irritiert? go. Ich bin wirklich sehr irritiert. Ja, Hey. egal, Twitch und so. Das ist eine Ja, eigene das Story. ist etwas, was bei mir nicht gibt. Swimmingpool Kennen Wir auch Streams. nicht. Ich kann nur Streaming-Pools. Swimmingpools, genau. Nein, Swimmingpool Streams sind einer von den schnell wachsenden Märkten da draußen. Von dem her, Ja, ist halt wirklich so, ja. definitiv. Alright. Und ich habe gemeint, ich brauche meine Zeit für Scheissdreck, aber das... Nein, die machen ja Geld damit. Das ist etwas Übel, Neues. Alter. Das ist so Aber schlimm. ja, Mhm. Also, was sind wir gesehen? bei meiner Vorstellung. Aber finde ich schön, wenn wir von mir an Stell dir IMS kommen zu Streaming-Pools. Ja, du hast noch nicht gesagt, du hast, glaube nur für IMS erzählt, aber noch nicht Ja, für aha, ich kann gerne noch etwas von Anisatis erzählen. Ja. Wir sind 3-mal Defcore gespannt, ursprünglich aus Basel. Inzwischen sind wir auch gefühlt auf die halbe Schweiz verteilt. Bern, Thun, Basel. Alright. Wir sind an einer EP, ich weiss, wir sagen es schon mega lange, wir haben mega lange keine Musik mehr gedroppt, aber wir arbeiten einfach konstant an der dran, weil wir recht picky sind, sehr Ja. pingelig. Und wir haben jetzt den zweiten Durchlauf von der Demo-Version, sind wir fast fertig. Das heisst, Plan 2024, mal schauen, ob realistisch, aber das Geil. peilen wir so an, dass die dann rauskommt. Das langt nicht für die nächsten 7 Revisionsrunden. Ja, eben, das ist so der Punkt. Aber eigentlich gibt es nach der zweiten Runde gibt's keine Revisionsrunde mehr. Ja. So viel zu Anis-Test. Also ich kann gespannt sein, kommt dann etwas. Ihr werdet sicher auf IMS und was weiß ich so hören. Überall erhält. Genau. Ja, ich glaube, wir hören euch einen Podcast so oft, dass wir wahrscheinlich auch da werden drüber reden. Ja, Sehr definitiv. Definitiv. Nein, cool. Ich bin sehr gespannt, einerseits zum mal ein Gesicht zum der Stimme geben. Weil wir haben auch eure Stimme so viel gehört, aber wir haben eigentlich die Gesichter nie gesehen. Aber einerseits bin ich da gespannt. Zweitens, ich wollte mal eure Origin-Story hören. Einerseits mit Musik, zweitens mit den ganzen Media-Themen. Weil das sind schon spannende Sachen, wo wir beide auch mega interessiert sind und eigentlich auch unsere Meinungen haben dazu. Haben wir unsere Meinung dazu, wie Leute anfangen Musik zu machen? Doch, ich meine, im WhatsApp roasten wir einfach Leute, die das schlecht machen. Ja, fair, aber das machen Ja, wir das auch. machen, eben genau. Oder Das ist, glaube ich, normal. Das stimmt, wenn ja, wenn auf man jeden passioniert Fall, ja. ist, dann unterhaltet man sich über Eben. etwas, was gut ist, aber auch wenn es einem nicht ich so, gefällt. Bro, schau das Profil an, Mann. Ja, man nimmt sich ja auch Zeit, um das quasi qualitativ analysieren, Ja. weil wenn es einem nicht würde interessieren, machst du ja das Genau. nicht. Und Exactly, dann ist es Definitiv. egal, letztlich. Und wir haben alle Fälle schon gemacht, wo alle Bands Wir auch. machen. hoffentlich. Mhm. Ja, und daraus Durch lernen die muss man natürlich. wieder durch. Mhm. Definitiv. Wir haben alle Fehler gemacht, ja. Mhm. So alle Alle Fälle. Fehler Alle gemacht. So eine Bis jetzt. Checkliste. Ja, Mhm. durch. Voll. Jetzt kommen einfach immer wieder neue dazu. Das ist so ein bisschen... Aber ja, also wenn du es erst aufschreibst, wenn du es schon gemacht hast, ist okay, aber wenn du es aufschreibst und dann machst, dann bist du dumm. Mhm. Genau.
Ja, aber amigs kommt es mir so vor. Kommt auf einen Fehler drauf, aber dann auch fair. Also es lohnt sich auch, gewisse Fehler zu machen. Ja, so SPH zum Beispiel. Egal, das reden wir jetzt nicht. Da kommt mir nachher noch etwas in den Sinn. Ich habe einen Screenshot gemacht von einem Problem auf Insta, das ich bei euch auch gesehen habe, und ich habe selber auch schon reingelaufen. Spannende Sache. Alright, da bin ich gespannt. Aber ich würde mal sagen... Aber ich würde mal sagen, was denkst du, Bella, wenn wir mal über ihre Origin-Stories fragen? Was meinst du? Also hängt es jetzt an mir, wenn ich jetzt Nein sage, machen wir es nicht. Nein, Dann machen wir etwas anderes. Machen wir es Dann spielen wir ein Spiel. Alright. Das ist gut. Also ja, dann würde ich sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Joel an. Wie bist du mal zu Musik und dementsprechend auch extreme Musik gekommen? Also Musik, beziehungsweise sage jetzt mal Metal-Musik, ist bei mir naheliegend gesehen, weil ich in einer Family aufgewachsen bin, wo einfach Metal ist gelaufen. Geil. Also weißt du, das hat bei mir so angefangen mit, das ist jetzt natürlich noch nicht Metal, aber mit Nickelback. Weißt du, die alten Nickelback, die rockigen, sind gelaufen. Rammstein, heute fragwürdig, damals ist das auch noch gelaufen. Das ist jetzt halt irgendwie so 15, 20 Jahre her. Oder Apocalyptica, Metallica. Halt, ich sage jetzt mal all die Classics, Disturbed. Geil. Und dann, also ich habe das einfach so aufgeschnappt. Und dann später, es gibt so einen legendären Moment, sag ich jetzt mal, in meinem Leben. Viele Leute kennen die Storys so, aber ich kann sie trotzdem noch erzählen. Gern. Damals haben wir ja noch CDs gekauft, ob man das heute noch kennt oder so. Und ich bin im Mediamarkt gestanden, damals dort so meine Hauptmusikquelle immer das Metal-Regal abgrasen, was gibt's Neues? Und dann bin ich dort gesehen. Und dann haben einerseits Nightwish, haben gerade Dark Passion Play rausgebracht. Oder ist zumindest schon draussen gewesen. Und Suicide Silence haben No Time to Bleed rausgebracht. Und ich bin im Laden und ich hatte das Geld für eine CD und ich habe beide reingelassen, habe beide cool gefunden. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, was für eine CD ich mir soll kaufen soll. Und er hat beides nicht gekannt. Er hat einfach das Artwork angeschaut und gefunden, ja, No Time to Bleed, das ist keine Frage, oder? Und dann haben wir No Time to Bleed von Suicide Silence gekauft und ab dann ist es bergab gegangen. Also dann bin ich einfach übel in Deathcore reingerutscht und damals hat noch nicht so, also es hat schon Deathcore gegeben, auf jeden Fall. So, was ist damals so? Job for a Cowboy, Whitechapel. Carnifex. Ja, die habe ich nie gelesen, die haben mich nie mega abgeholt. Impending Doom. Mich aber auch nicht, aber die gibt es einfach so lange. Ja, die gibt es schon ewig, die sind auch Urgestein. Und dann habe ich einfach das Zeug angefangen zu hören. Und dann ist es eigentlich immer, also die Musik hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Und mit dem auch so ein bisschen mein Geschmack an härter Musik. Und seitdem bin ich eigentlich im Deathcore und Metalcore daheim. Also hättest du den anderen Move gemacht, würdest du jetzt einfach Gothic Metal machen? Das ist immer die Frage. Hätte ich damals Dark Passion Play von Nightwish gekauft, wäre ich heute vielleicht, keine Ahnung, was gibt es da für Bands? Leaves Eyes, Amaranth, ja. So Zeug. Vielleicht wäre ich heute ein mega Fan von dem, I don't know. Also ich meine, das heisst nicht, dass Leaves Eyes und so kacke sind, aber es ist jetzt nicht unbedingt so meine Musik. Ja, aber ich meine, alle die Bands, die damals schon gegeben hat, Epica, Nightwish, gibt es immer noch. Ja, also, klar. Die machen also ich meine, die machen ja solide Musik auf jeden Fall. Gut, das sind ja die ganz grossen. Es gibt ganz viele kleine Bands, die auch Sound machen. Ich meine, das gibt es auch in der Schweiz, oder? Wir haben in der Schweiz irgendwie Infinitas, machen so ein bisschen Sound. Ja, stimmt. Deep Sun gehen, glaube ich, in die Richtung. Auch, ja. Was ich jetzt schade finde, aber Schweiz Deathcore, es sind dann sehr wenig. Wir haben einen Illusionist natürlich, es gibt einen Easternist, ja, und dann noch Buried Side. Shallow Distant, bitte. Shallow, jetzt ganz neu, sehr lecker, aber es also hört Frame dann... Help gibt es auch schon lang. Ja, aber was ich damit möchte sagen, wir haben jetzt 3 Bands aufgezählt und dann ist es dann schon ziemlich bald vorbei. Gut, Selfless Breath ist ja... Ja, das ist Black so Black and Metalcore. Ja, die haben das kann man sich auch über Genregrenzen streiten, weißt du? Ja, ich glaube, Metalcore ist stärker. Ja, es ist wie auch zugänglicher, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Sorry, ich nicht unterbrechen. Nein, also das ist so meine musikalische Journey sehr, sehr kurz zusammengefasst. Dazwischen habe ich natürlich irgendwann angefangen Gitarre spielen mit 12, glaube ich, oder so, in dem Stil. Erste Gitarre-Rig? Keine Ahnung. Die Gitarrenmarke hat Vision geheißen. Es war halt eine günstige Gitarre gewesen. Heute Ibanez, meine grosse Liebe. Schecter, auch sehr geil. Aber das sind meine beiden Marken, wo ich daheim bin. Ja. Und was halt cool ist, mein Bruder, beziehungsweise also der Drummer von Easter Test auch. Okay, cool. Der spielt Schlagzeug. Das heisst, wir haben eigentlich schon frühe Musik. Also ich habe mit 12 angefangen, irgendwie Musik machen, weißt du, bei uns daheim im Keller. Deswegen haben die so lange zum EP machen. Das ist schlimm, Mann. Nein, es ist aber geil, weil die Harmonie zwischen uns zwei, wir sind zuständig für Songwriting bei Easter Test und wir haben eine recht gute Harmonie. Also ich bin immer wieder überrascht, wie smooth das läuft. Natürlich, dann schreien wir uns mal eine Stunde lang an, wegen einem beschissenen Breakdown, wo wir so unterschiedlicher Meinung sind. Aber nachher ist es so, nein, ich muss gar kein Breakdown da hin. Da kommt irgendetwas ganz anderes. Aber man muss eine Stunde schreien. Eben genau.
Das gehört dazu, das kann ich unterschreiben. Genau. Das ist gut Songwriting beinhaltet, glaube ich, viel Schreien. Oder wie siehst du das, Roman? Wie läuft das bei euch? Also ich hocke meistens eigentlich allein im Bandraum und es ist unterschiedlich. Beim ersten Release habe ich die Hälfte der Songs von diesem Album daheim geschrieben, wo ich krank war, innerhalb von 3 Tagen allein. Und dann bin ich im Bandroom und habe gesagt, so spielen wir das, keine Änderungen. Und dann gibt es andere Songs, wo halt wirklich, wo ich mit einem anderen Gitarrist zusammenhocke und halt dann bei der Vorproduktion diskutiert man darüber, ja, wenn wir den Einsatz verändern oder dann kommt der Schlag, ich sage, hey, im Fall der Teil, so, der reißt mit fest raus, können wir ändern. Schreien? Nein. Obwohl, wir schreien eigentlich immer, also das macht wirklich keinen Unterschied. Das fällt mir wirklich gar nicht auf, ich glaube, es wird viel geschrien, ja. Aber in dem Fall, so wie ich es verstanden you ruled with an iron fist. Und langsam hat sich Demokratie aufgebaut im Idolutionist Realm. Also, sagen wir, ich will einfach, dass es vorwärts geht und dann mache ich einfach. Und wenn halt jemand anderes macht, noch so gern. Und wenn aber niemand sonst macht, also was ich hasse, aber das geht es bei uns glücklicherweise nicht, was ich hasse, ist so quasi kritisieren, aber nicht konstruktiv. Also wenn du wie kommst und sagst, ich finde das scheiße, aber nicht eine Alternative bietest, dann ohne Lösungsvorschlag, halt. Genau. Absolut. Und das gibt es wie nicht. Ja. Aber alles andere doch, voll offen eigentlich. Ja. Ja. Aber ja, Anästhesist, der ist dann mit den Brüdern angefangen. Jein. Anästhesist hat angefangen als Punkband und die ist nicht mal von mir gegründet worden. Die hat mein Bruder, also unser Drummer, und der erste Gitarrist gegründet. Der hat damals noch At Least 8 Times geheißen. Und da haben wir klassische Punk gespielt, der Blink-182-Style. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, Punk ist schön und geil, aber wir können dann ein bisschen härteren Sound machen. Und wir haben uns das zuerst nie wirklich zutraut. Und dann haben wir angefangen, so Metalcore spielen. Ich meine, die erste EP von uns ist sehr Metalcore-lastig. Ich glaube, das hört man. Und dann haben wir irgendwann gefunden, so, ja, aber sind immer noch zu soft. Und dann sind wir, also das hört man jetzt auf der neuen EP, dann sind wir sehr abgerutscht. Das wird dann sehr so, ich nenne das jetzt mal Black and Deathcore werden. Jo. Aber würdest du sagen, hat sich dann wohl der Sound geändert, quasi zusammen, indem ihr auch besser geworden sind als Musiker? Oder? Weil am Anfang kannst du nicht anders spielen als Punk und Rock sozusagen. Ja, das war. Also, es ist so ein Ja und Nein, weil natürlich sind wir musikalisch extrem viel besser geworden, technisch sowie auch mit den ganzen Mitteln, die du rundum brauchst, zum Aufnehmen. Auf der anderen Seite ist, wir haben das eigentlich auch schon immer machen. Und jetzt, wo wir eigentlich das Skill haben, jetzt können wir endlich den Sound einfach machen, den wir wirklich wollen. Ich bin immer noch ein riesen Punk-Fan, also ich mache für mich noch Punk-Musik, da kann ich den Bella mega nachfühlen mit Matchbox Whispers und so. Ich mache für mich Punk und release das so, wenn dann so ein bisschen privat. Aber es hat nichts mit Anästhesist zu tun. Alright, ja. Interessant. Und eben, mein Punk, du musst trotzdem noch gut können, eine gute Band sein. Also ja, und du musst, Punk braucht halt einfach Verständnis von Songwriting, wenn du da 14 Gitarrenspuren übereinander musst legen. Ja. Vor allem ist Punk ist ja nicht ein Grund für eine schlechte Band. Also das ist ja nicht... Ja, das ist, du bist ein anderes Genre. Bands wie Blink-182 oder heute Neck Deep State Jams, die haben nicht umsonst so Erfolg. Also man könnte sagen, der Entry Point ist tiefer als bei anderen Genres, aber zum richtig gut technisch. Genau, rein technisch. Ja, und auch equipmentmäßig natürlich, ich glaube. Es braucht... Ja, du hast... Du brauchst eine Gitarre und einen Amp, also 4 Gitarristen im Raum. Natürlich, und wenn du eine gute Musiker bist, schaffst du das auch mit Deathcore, aber bei Deathcore kannst du die Hure entlasten, wenn du zum Beispiel Samples machst und so Zeugs. Klar. Und das brauchst du bei Punk nicht gleich, wo jetzt zu behaupten. Gut, das stimmt, das ist so. Haben Sie keine Backing-Tracks? Nein, okay. Wir haben nicht mal einen Click-Track gehabt. Das ist gut. Ja. Eben, aber das meine ich eben. Das lebt ja auch ein bisschen von dem. Genau. Es wäre wie schade, wenn wir jetzt einen Click-Track hätten. Aber ich finde sagen, so Punk, Stoner, Grunge, so, da passt eben, oder? Ja. Ich meine, es ist schon fast crazy, dass ich ohne Amp spiele live. Also, er geht ja schon gerne nicht, oder? Jetzt, wenn du jetzt noch ohne Gitarre schaffst, bist du richtig. Wo haust du denn auch nach dem Konzert deine Gitarre drin, wenn du keine Amp hast? Dann musst du ja fast aufs Schlagzeug draufklopfen. Ja, also generell, das Problem ist, aber ich habe nicht so viel Geld, darum muss ich meine Instrumente eben leider ganz lassen. Ja, fair. Gut, ein richtiger Punker hat kein Geld. Aber ich muss dir sagen, was mein modernes First World Problem ist in letzter Zeit, weil alle spielen digital, heißt du hast nirgendwo zu deinem Camper drauf tun. Und auch im Pericon im Fall, ich kann es mir sogar am Boden tun. Also ich glaube, ich kann es auf meinem Rack können tun von meinem Drummer, aber sonst im Fall. Ich bin in der Bar von meinem Pericon gefragt, so, hey, habt ihr so Bierkasten so einen Scheiß, wo ich kann mit Camper drauf tun? Das ist wegen stimmt. Stell dir vor, du spielst im Pericon eine grosse Bühne und den Scheiß am Boden. Und du musst nachher zum Tunen so runtergehen. Hast du die kompakte Version vom Camper dann Fall? Nicht Rack-Version? Rack-Version. Wieso baust du nicht in eine Racki? Ja, wir haben schon Rack, aber das ist schon voll.
Aha. Und ich habe einfach immer so ein 3HE-Dings eingebaut, oder? Und ich einfach umgetragen und Okay. voll. Also eigentlich müsste ich Tower machen, aber nachher müsste ich mir einen Tuner-Pedal vorne haben und schießt mich an. Aber spielst du nicht mehr mit dem Podgo? Nein, den habe ich als Backup. I see. Mhm. I see. Einfach immer wechseln, oder? Das ist immer das Issue. Ja, du hast nicht das gleiche Gear dabei. Ja, aber weißt du, was wir jetzt noch machen sollten? Mhm. Der Roman sollte auch noch schnell erzählen, wie jetzt Musik ist. Genau. Oh. Zur Musik. Also zu dieser Musik relativ spät. Bei mir ist es ziemlich das Gegenteil, von dem, was die Schule erlebt hat. In der Familie hat wirklich niemand so Lärm gelost. Das Härteste, was wir gerade gehört haben, ist so Pink Floyd gesehen und selbst das ist echt nicht aufgelaufen. Und ich habe dann so mit, wann ist das in der Oberstufe, damals mit vielleicht 16 oder so sogar schon, ist mal ein Kollege, oder mit 15 ist ein Kollege gekommen, also ein guter Freund von mir, gesagt, hey, musst du mal da reinhören, das ist wirklich cool geil. Und da hat mir dann einerseits Disturbed und andererseits gerade August Burns Red gegeben. Und ich habe vorher wirklich eigentlich praktisch nichts so gelost. Und das ist auch, ich glaube, dort hat August Burns Red angefangen, der zweite Release oder so. Bis heute für mich Thrill Seeker finde ich geil. Auch wenn roh, aber geil. Und dann haben wir schon dort gesagt, es wäre mega geil, wenn wir mal eine Band könnten machen. Er hat damals Schlagzeug gespielt, kann ich gar nicht. Und dann bin ich dort so ein bisschen mit System of a Down und Soil habe ich auch immer gefeiert dort. So Zeugs, also eigentlich mehr so Alternative und auch noch ein bisschen New Metal. Und dann ist es dann irgendwann so wie gewesen, dass ich wirklich mit 17 oder mit 18 oder sogar, ich weiss die Zahlen nicht mehr genau, aber dann habe ich dann angefangen Gitarre zu spielen, weil mein Bruder, der ist jünger, aber der hat dort schon akustische Gitarre gespielt. Und ich habe gefunden, nein, ich will nicht akustisch, ich will eine elektrische. Und dann bin ich mal dort mit in so einer Lektion oder in einer Stunde bei seinem Gitarrenlehrer und der hat gesagt, ja, look, wenn du das willst, kauf dir etwas Richtiges, hast viel länger Freude und so. Und dann habe ich mir auch meine erste Gitarre gekauft. Und ziemlich kurz darauf haben wir dann gefunden, komm, wir gründen jetzt eine Band, noch nicht können. Natürlich gerade auf Drop-Tuning, damit du nur noch kannst Bar eingriffen, oder? Und dann sind wir echt ziemlich ohne Grundlage so in die Band reingestartet. Das sind am Anfang zu dritt gewesen. Da hat dann noch ein Kollege dazu geholt, der auch Gitarre gespielt hat. Und dann haben wir noch mehr Leute dazu geholt. Unter anderem ist dann etwa ein Jahr später oder so ist der Fabian dazu gekommen, damals als Bassist von dieser Band. Fabian ist der Gitarrist jetzt bei Idelusion, ist der zweite. Und dann haben wir doch 11 Jahre als Enterexit gesoundet, genau. Und sind da auch, haben einige Konzerte können spielen, aber natürlich auch eine kleine Sache. Da noch eine funny Story dazu. Ich mag mich erinnern, ich habe ein Konzert von euch gesehen, bevor ich dich überhaupt kennt habe. Bevor ich gewusst habe, wer du bist, habe ich dich mal in Basel an einem Konzert von Anterix gesehen. Nice. Ja, aber lustigerweise, als ich angefangen habe, mit diesem Sound zu hören, habe ich effektiv, ganz am Anfang, habe ich auch noch Mühe gehabt, so mit den Vocals. Wir haben auch dann gesagt, hey, komm, wenn wir Metal machen, machen wir so Alternative Metal. Und dann hat auch, der Schlagzeug gespielt hat, der Freund von mir, hat gewechselt aufs Mikrofon und hat gesagt, hey, das war noch eine geile Herausforderung und so, aber ich kann halt nicht singen. Ja. Was bleibt da übrig? Dann lässt du growlen. Wir haben es dann gleich auch noch zum Teil mit Cleans probiert. Schwierige Sache. Und ja, das hat sich dann einfach so, das ist so organisch gewachsen und hat sich das verändert und ich bin dann auch immer mehr so in die Musik reingekommen und habe dann eigentlich aber relativ spät fast schon, bin ich so wirklich in Deathcore, ich habe mega lang viel mehr Metalcore noch gelost. Halt eben Killswitch Engage, SLA Dying, wirklich die grossen Klassiker halt. Und seit ich aber so in das Deathcore reingerutscht bin, höre ich viel weniger so die moderneren Metalcore-Geschichten, die dann auch wieder ins Melodiösere gehen und so. Da bin ich gar nicht mehr so daheim. Aber gib allem eine Chance. Probier's. Ja. Interessant. Ja, aber das kenne ich. Ich habe am Anfang immer hure Mühe gehabt mit den Bands, die ich jetzt richtig geil finde. Ich weiss noch mal, ich glaube, Calicon und Heaven Shall Burn habe ich geil gefunden. Und dann haben die zusammen, irgendwie, nicht im Perican Fest, das hat anders geheißen damals. Warp Tour. Never Say Die Tour oder irgend so etwas war. Also Never Say Die Tour ist auf Imperican. Dann war es die andere gewesen. Oder Vans, Warp. EMP Persist. Irgend so ein Scheissdreck ist das. Warp Tour da? Ja, es hat eine EMP ja, irgendetwas ist mal gegeben. Auf jeden Fall haben die im Komplex gespielt. Das hat, glaube ich, Breakdown of Sanity meinst du die Resurrection oder so? Irgendetwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dort Architects irgendwie den ersten Slot gehabt oder so. Und ich bin extra leer. Ja, wirklich. Du weißt, das für ein Scheiß. Und jetzt bin ich dieses Jahr auf Düsseldorf gefahren, zum Architect zu schauen. Und geil. Das Album, das sie gespielt haben, finde ich mittlerweile auch geil. Also ich kann ein bisschen einwachsen. Aber da ist mir das Gegenteil passiert, gerade mit Heaven Shall Burn.
Habe ich früher hure geil gefunden. Ich finde es eine mega geile Sache. Aber bei mir ist dann irgendwie vor ein paar Jahren haben sie im Komplex Club gespielt. Und sie sind Headliner gewesen, logischerweise. Und wirklich nach 10 Minuten habe ich müssen gehen. Weil ich einfach so, für mich dann wie so... Ein paar Jahre, das ist krass. Das letzte Mal, wo die im Komplex gespielt haben, ist das Konzert gewesen, wo ich gemeint habe. Das ist sicher 10 Jahre her. Das kann gut sein. Also ein paar Jahre. Ein paar Jahre fair. Also auf jeden Fall, aber das ist für mich wie so der Punkt gewesen, wo ich für mich dann einfach so, okay, das ist jetzt Heaven Shall Burn gewesen, jetzt kann ich es nicht mehr los, es ist nicht mehr gegangen. Ja, wir haben die ja live gesehen das Jahr mit Trivium. Und ich muss auch sagen, weil ich kann nie wirklich eine Connection mit Heaven Shall Burn aufbauen. Und dann habe ich es gelost und eben, wenn du nicht eine Connection hast zu den Songs und so, ist es so wie, alright, also nach 10 Minuten ist es so wie, ja, ich habe es gesehen. Aber du hast gesehen, wie der Rest der Leute das gefühlt hat, oder? Nachher natürlich Trivium geführt, obwohl sie haben zu viele neue Songs gespielt, hat mir angeschissen. Ich habe ja die alte von Requiem und so hören. Aber ja, irgendwie, ich kann es irgendwie, wenn du keine Connection kannst aufbauen kannst du hören und es tönt alles gleich. Und zum Beispiel vor Februar oder so, wenn hättest du gesagt, gehen wir Seal Ardor schauen. Ich sage ja, aber so ist nicht so mies. Aber jetzt fühle ich es mega. Aber es ist einfach... Ja, es ist mega unterschiedlich. Du musst einfach reinkommen, das kenne ich auch, oder? Du hörst mal eine Band und denkst so, nein, geht gar nicht, ein Jahr später, super, oder? Mir irgendwie mit A Day to Remember zum Beispiel so gesehen. Ich am Anfang nicht hören, dann voll geil gefunden. Jetzt ist es wieder ein bisschen vorbei, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch eine Band, wo ich nie eine Connection aufbauen kann. Es macht auch einen Unterschied, weil ich meine, du kannst mega viele Bands halt auf Aufnahmen hören oder auf Spotify und wenn du live kannst, ist es einfach eine ganz andere Sache. Klar. Bleed From Within. Ihr seid ja, glaube ich, Fans beide, oder? Hey, look, das ist etwas, was ich eigentlich nie gelost habe. Ja. Aus keinem Grund. Also einfach nicht auf dem Radar gehabt. Jetzt am Summer Breeze gesehen, beste Band vom Festival. Sie sind live genial. Es ist wirklich grossartig gewesen. Ja. Also, das eben, ich glaube, es ist mega abhängig davon, was für eine Live-Performance, um welche Zeit, mit was für Licht. Seal Ardor ist auch so ein gutes Beispiel. Wenn du eine Live-Performance von denen siehst, ist es einfach ganz anders als auf der Aufnahme. Es hat einfach viel mehr Wirkung. Genau. Wo du mir das Video geschickt hast, wo Seal Ardor irgendwie Backing Singers hatten, die alle Harmonie gemacht haben, das hast du mir durchgeschickt. Voll. Und ich so wie, wow, damn, alright, geil. Dann bin ich wieder reingelassen und dann habe ich mich verliebt in der Band. Aber Dings, zum Beispiel Bleed From Within und Silosi sind aber 2 Bands, die sehr gitarristenlastig sind. Also wenn du Gitarrist bist, dann wirst du wahrscheinlich auch cool finden, weil die einfach so viel Intricacies haben und so Scheiß. Und Writing. Wobei, man muss dazu schauen, Bleed From Within definitiv gitarrenlastig, aber was ihre Schlagzeuger am Drum anlegt, also das ist absolut absurd. Und sie haben beide gleiche Drummer. Ja, das kommt, dann komme ich ja drauf, also, genau. Also Stacey ich bin Drummer. selber Gitarrist und ich finde das Schlagzeug schon krass. Aber ich finde bei Bleed From Within vor allem die Clean Vocals absolut insane. Es sind Ja, halt das einfach alle gut. Also, schön ist das Fazit, Bleed From Within, das sind einfach alle zu gut. Ja, alle zu gut. Das ist gut. Ja. Aber übrigens, das muss ich noch schnell einwerfen, wir haben es vorher auf der Hinfahrt davon gehabt. Silosis habe ich gemeint. Ist das nicht der Gitarrist, der Ex-Gitarrist von Architects? Ja, eben, gell? Okay. Jetzt haben sie doch gerade wieder ein Album. Sorry, Silosis ist Jo, kein ich bin doch Tech Dev. falsch gewickelt. Das Ich habe hat keine mich Ahnung von verwirrt. Musik. Was erwartest du von mir? Ja, das Ding, der Josh Middleton, der hat der Architects hat quasi gefragt, ob er ihnen aushilft, bis sie quasi wieder auf eigenen Füßen stehen können. Ja. Und dann hat er das, glaube ich, gemacht, noch 2 Alben mit ihnen geschrieben und dann gesagt, goodbye. Ja, das ist jetzt gerade noch nicht lange her, oder? Nein, das ist Anfangsjahr, Anfangsjahr auf dieser Tour in Deutschland habe ich ihn noch gesehen, da ist er noch auf der Bühne gestanden. Ja, okay. Das ist ein badass Motherfucker Ja, gewesen. voll. Aber sie haben jetzt auch so ein hure Bring Me The Horizon Setup, so Drum rechts, links haben sie einen Dude, der alle Instrumente spielt, so der Jordan Fish von Architects, keine Ahnung, wie er heißt. Ja, Aber der spielt auch Gitarre mit so einer fetten Explorer und Keyboards und Synthes und das ist richtig geil gewesen. Multitalent. Sehr cool. Gefickt wie Sau, Alter. Ich finde eigentlich so minimalistische Setups eigentlich geil. Auch so ein Trio, wenn ich ein Trio auf der Bühne gesehen Gerade will ich sagen, wie kommst du von Architects, wo 3 Gitarristen plus ein Keyboard und Dings haben, so ein minimalistisches Wir haben Setup. auch ein bisschen irritiert. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wie viele Gitarristen Architects haben. Ich habe nicht gewusst, dass sie wie Periphery sind. Zu dem Zeitpunkt haben sie 3 gehabt. Alright, ja, das ist schon. Ja, das ist für mich so hart Arsch. Und der Was, 3 fucking Gitarristen auf der Bühne? allgemein. Das ist so ein Ich find's Ego-Ding, schon geil. so 2 gern- Gitarristen sind so ein zu viel. Ja, so Ja. gerne ich die Leute habe, die bei mir in der Band sind, aber am liebsten hat die Band mit 3 Leuten, weil du hast wenig Ja. Material, du hast wenig Ich weiss, das ist recht geil zu dritt. Weißt du, was ein verdammter Pain ist? Eine Band mit 4 Leuten, weil wenn musst du abstimmen. Ja, Ah. Ja, fair. aber eben nicht mit 3 Leuten sehen wir ja, man schafft Releases einfach auch nicht fertig. Das schaffst du mit 4 Leuten auch nicht. Ja, unser Zeug kommt dann auch nächstes Jahr, obwohl wir im Sommer geplant haben. Das sieht bei uns genau gleich aus. Wir haben auch eigentlich alles ready, aber Ich glaube überall so. Das hängt gerade beim Mischer. So, ich sag dir, was schlimmer ist, als eine Band mit 3 Mitgliedern oder 5 Mitgliedern. Eine Band mit 1 Mitglied, Mann. Ich bin an der EP, von dem ich dann liest, seit Anfangsjahr und ich bin noch nicht fertig. ja, aber dann Ja, weißt du, das wer schuld ist. Genau.
Ja, ich habe den Point. Also, das ist so, weil wenn du andere Leute in der Band hast, kannst du wenigstens sagen, ja, mach das. Dann kannst du immerhin jemand anders blamen. Auf der anderen Seite, ich finde das immer noch geil, eben, wenn ich vorhin schon gesagt habe, ich mache ja selber auch noch Musik einfach für mich und ich finde das nice, wenn da kann ich einfach in meinem Tempo niemand reden und der einzige Vollidiot bin ich. Ja, ich habe 2 Jahre habe ich wirklich 2 Monate einen Song rausgehauen und irgendwann hat sich einfach wie ein Job gefühlt und ich sage nein, jetzt einfach aufhören und dann musst du runterfahren. Ja, aber das ist ja bei all dem, was wir machen, sowieso ein grosses Thema. Am Schluss musst du dich fragen, für wer machst du das und wieso machst du das, oder? Genau. Weil am Schluss soll es ja Spass machen irgendwo und wenn ich glaube jetzt nicht, dass es viele Leute gibt in dieser Szene, die Geld verdienen mit dem oder so viel Geld, dass sie leben davon. Ja. Und dann machst du es nicht fürs Geld, offensichtlich. Also, und wenn das nicht die Ambition ist und dir aber selber Stress ist mit, ich muss jetzt releasen, sind es dann die Likes, die du kriegst oder die Follower, die du verlierst, wenn du es nicht machst? Oder das ist so eine recht essentielle Frage, finde ich, wo man sich immer mal wieder so voll. alle Quartale oder so mal fragen, ey, lohnt sich der Aufwand? Wieso machen wir es? Wieso machen wir es weiter? Machen wir es weiter? Genau, ja. Das sind so... Ja, ich glaube, das führt auch viele Bands, um sich auszulösen. Jetzt besonders in letzter Zeit oder nach Corona und so. Ist so wie, ja, warum machen wir das noch? So wie, ja, was ist das Ziel? Oder? Ja, plus Ambitionen, auch wenn du allein bist, eben, dann kannst du das mit dir ausmachen. Wenn du nicht zu dritt oder zu viert oder zu fünf bist oder noch mehr, dann müssen sich ja die Ambitionen von den einzelnen Mitgliedern überschneiden und sonst funktioniert es nicht mehr. Ja, beziehungsweise du merkst extrem schnell, wenn die Ambitionen aber nicht auf dem gleichen Level sind. Oder? Dann hast du das Gefühl, jemand zieht einfach nur und die Restlichen lassen sich mitziehen oder bremsen eher sogar noch aus. Eben, aber darum meine ich, mit 3 Personen ist es eigentlich einfacher, weil dann hast du einerseits das technische Niveau, wo irgendwo muss etwa ums Gleiche herum sein, sonst schießt es der eine, die andere nicht nach. Und eben, wenn die Ambitionen natürlich dann sich auch noch decken, dann hast du weniger Leute, die das gleich sehen müssen. Ja, das ist interessant, weil langsam sehe ich auch so Parallelen zwischen dem Büroleben und Metal-Bands, weil amigs musst du auch einfach ein jährliches Alignment-Meeting machen, wo einfach alle ihre Ziele und ihre Expectations alleine müssen, weil sonst eben, du siehst, dann hast du einen, der zieht, der nachher erwartet mehr von der anderen, die andere eigentlich weniger und nachher baut es eben so Spannung auf, oder? Und nachher am Schluss klappt es einfach nicht, oder? Außer du alle setzt dich mal dran und so, hey, weil du kannst nicht vielleicht, also auf Full Grind Mode kannst du nicht lang bleiben, oder? Besonders wenn nichts passiert. Weil da kommst du auf den Burnout ziemlich schnell, oder? Und nachher ist einfach so, ja, weißt du, was faktisch ist, was mache ich da? Ja, zu jeder Bandprobe gehört irgendwo auch dazu, dass man nebst dem Songs spielen eben noch zusammenhockt und mal über die Situation redet oder über das, wo, keine Ahnung, wir haben To-Do-Listen, blöd gesagt. Und dann gehen wir das wieder mal durch und schauen und wenn natürlich dann zum Beispiel Sachen aufkommen, kann man darüber diskutieren. Wir haben nicht nur gesoffen und gezockt, sondern dann sitzt man mal an und aber das gehört auch dazu. Ja. Absolut. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil am Schluss, ich meine, am Schluss eine Band ist ja ständig eine Beziehung mit 5 oder 4 Leuten. Ja, und es ist ein Hobby am Schluss vom Tag. Es muss ja irgendwo ein bisschen ablenken vom Büroalltag oder vom Job oder wie auch immer. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann musst du, glaube ich, nicht mehr in dieser Band sein. Also sobald es eine Zusatzbelastung wird, weil du nicht mehr absolut. willst, Nein, das macht stemmen. Sinn. Ja, aber ich weiss noch. Siehst du, nach dem Podcast siehst du auch die Hälfte der Schweizer Bands ausgelöst. Wir auch. Nach dem Podcast alle lösen sich auf. Selbst Demigod Unleashed haben sich aufgelöst. Diskrepanzen zwischen den Mitgliedern. Das wäre der absolute Super-GAU. Du siehst auch plötzlich so morecore.de, so in der Schweiz ist irgendetwas los. Ja, vor allem, ich sehe schon, wie unsere IMS-Bandliste können wir einfach wieder die Hälfte von der Band gehen. Okay, die geht's nicht mehr, Nein, aber das ist das Problem. Sie posten es ja dann nicht. Die machen dann einfach nichts mehr. Ja. Dann musst du schauen, wann ist der letzte Post gewesen. Dann haben sie so, ja, vielleicht haben sie mehr Stories gemacht und jetzt ist einfach gerade keine online. Beobachten wir das mal. Passiert nichts. Dann haben sie so, okay, schreiben wir, die haben sich aufgelöst. Und 2 Tage später der Post, wir haben jetzt einen Song released. So, wow. Es könnte wirklich so Silent Quitting sein, irgendwie, amix. Oder auch nicht. Ja. Ja, oder irgendwie alle gehen weg und einfach der Sänger bleibt und nachher macht er neu. Ja. An dieser Stelle muss man einwerfen, das ist nicht ein Problem von der Schweizer Metal-Szene, das ist ein Problem von, also ich sage jetzt einfach mal der Metal-Szene im Allgemeinen, weil es gibt grosse Bands, wo ich mir bis heute frage, so, hey, gibt's die noch? Oder warum haben die plötzlich einen neuen Drummer? Ja. Niemand hat das gehört. Niemand hat das sagen können. Die haben einfach plötzlich einen neuen Drummer. Bei Oceana ist so ein Beispiel, so eine Deathcore-Band aus den Staaten. Da kenne ich den Sänger, den kennt man. Und der Rest von der Band ist einfach so, ich weiss nicht, wer in einer Band spielt. Oder wann kommt der nächste Necrophages-Album raus? Ja. Wirklich? Gibt es Linkin Park noch? So elementar. Ja, das auch. Wobei die haben jetzt kontinuierlich Musik released. Ja, stimmt. Aber alte Musik. Aber ich glaube, sie spielen, sie werden keine neuen Sachen mehr machen und ob sie Konzerte spielen, glaube ich eben auch nicht. Aber eben, der Michael Jackson gibt es auch nicht mehr, der release noch Musik. Ja, gut. Ja, aber das würde ich sagen, das hat eigentlich nicht mehr, wenn du gross genug bist, spielt der Release. Genau. Hat nichts damit zu tun, ob es Band noch gibt oder nicht.
Also, wobei das Geilste ist, ich habe heute eben, ich weiss auch nicht, ich habe mich ein bisschen melancholisch gefühlt und dann dieses Linkin Park Playlist angeschaut. Der erste Song ist von Mike Shinoda, habe ich mir auch so gedacht, Spotify, what the fuck? Schau, jetzt kannst du ja fragen, wenn eben steht, das was Linkin Park, dann weisst du es. Ja. Ist doch Thema gewesen. Das ist ja, aber es ist eben nicht, das steht eben nicht. Das wäre auch für euch super. Aber dann müsste jede scheiß Schweizer Underground-Band im Fall, da müssen wir viel weiter vorne nach. Von der Ricky kennt die Pain, wenn du herausfinden musst, ob eine Band aus der Schweiz ist, weißt du. Da habe ich mir jetzt weil wir haben tatsächlich auch schon Bands aus dem Ausland, die uns angeschrieben haben bei IMS. Und eben, bei uns ist eigentlich recht klar, die Landesgrenze ist die Grenze. Punkt. Und dann haben wir jetzt erst herausfinden, haben wir gemerkt, die sind aus Stuttgart. Und sind so, hey, cool, macht Musik super, aber ihr Deutschland. Darum nicht unser, sag jetzt mal, Interessengebiet. Ja, voll. Ja, aber das ist eben auch geil, wenn sie dann anfragen, so, kriegen wir bei euch Support, also auf Englisch oder auf Deutsch oder wie auch immer. Und dann gehst du bei denen aufs Profil schauen und sagst so, nichts, von wo das die kommen, und schreibst so, woher kommen wir da? So, von Deutschland. Danke. Wobei Schön hast du unser Profil angeschaut. Ja, wobei ich glaube, mega viele Leute, die sehen einfach irgendwie eine Support-Page, weil der Standardtext. Also sehr viele Leute schreiben uns auch einfach mal an und finden, können wir das promoten? Und wir sind so, hey, look, also das machen wir gar nicht. Ja. Hast du die Webseite mal, unsere Profil mal angeschaut, du dich mal ein bisschen mit dem befassen und dann können wir gerne etwas zusammen machen. Ja, der Spruch, Fragen schadet nie, ist eben halt von der Bandsicht schon korrekt, aber für die anderen... Ja, aber sorry, investier 2 Minuten, um dich mit etwas auseinandersetzen. Gut, ja, das stimmt. Und das ist das, was wir auch immer sagen, eine Band ist eine Brand, ist eigentlich eine Marke. Ja. Und wenn du natürlich, keine Ahnung, wenn du willst ein Konzert spielen und du fragst eine Veranstaltung, du gehst zu einer Veranstaltung, die dich nicht kennt und du fragst, können wir bei euch spielen? Dann ist das ganz anders, als wenn du sagst, hallo, wir sind Ideallusionist aus Basel, wir spielen Deathcore, da hast du einen Link zum Musikvideo, wir wären voll ready, um auf die Bühne zu gehen, wir haben gesehen, ihr habt ein Event, hättet ihr noch einen Slot frei? Das ist ganz etwas anderes, aber das Gleiche eigentlich. Aber eben so würde ich fragen, nicht? Eben. Fragen schaden nie, im Sinne, du musst aber die Frage richtig stellen. Ja, aber weißt du, was wir für Zeugs erleben? Ja. Also das, ich meine, das haben die sicher auch schon gehört, so Zeugs, oder? Ja. Eben. Also ist doch... Aber ich glaube, es ist auch am Anfang, wenn du wirklich nicht weißt, wie es funktioniert, wie kommst du auf Konzerte, oder? Ich meine, dann ist schon, Initiative nehmen ist wirklich viel besser als einfach warten und sagen so, I shall be discovered. Weißt du, das ist schon... Weil am Anfang musst du fragen, weil du hast keine Ahnung. Und nachher muss jemand sagen so, nein, Bruder, so läuft es nicht, oder? Und ja. Ja, dann musst du mal am SBH spielen. Ja, aber es gibt eben erstaunlich viele Bands, die dann auch das Gefühl haben, dass sie eigentlich ab dem ersten Mucks, was sie machen, müssen wahrgenommen werden, weil sie sind die geilsten. Ja. Und mit denen umzugehen, finde ich recht schwierig, weil ich will nicht ein Arschloch sein, aber gleichzeitig denke ich auch, das sind Arschlöcher. Der jugendliche Ego ist problematisch. Aber in gewissen Fällen. Entweder irgendwann lernst du, alright, so gehst du nicht mit den Leuten um, oder irgendwann bist du 50 und spielst immer eine lokale Band. Also. Gut, das finde ich jetzt nicht verwerflich, aber... Nein, ich bin jetzt mal ehrlich, das wird uns, glaube ich, allen das passieren. Das habe ich auch das Gefühl, ja. Definitiv. Aber ich meine, also, ich habe das Gefühl, wenn du weiterkommen willst, oder? Ich meine, being humble und so Scheiß ist schon wichtig, weil du musst nachher mit den Leuten klarkommen, mit den Bookers klarkommen, musst dankbar sein, weißt, musst eine gute... Ich habe das Gefühl, früher hättest du vielleicht ein Arschloch sein für die ganze Karriere und wirklich weiter raufkommen. Ja. Aber heutzutage ist Doppeln, wo also Moment, man muss das immer so Alaska roasten. Auch in Relation setzen. Es bringt nicht nur humble zu sein, sondern es sind noch so viel mehr Sachen, absolut, wo wir vorher auch schon angesprochen haben. Es müssen alle wirklich mitziehen, alle auf dem gleichen Level sein und. Es braucht ja noch so viel mehr. Ja. Und dann müssen wir aber gleich noch mal einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, das 1:1 mit Job vergleichen ist ab einem gewissen Punkt schwierig, weil das hat der Oli bei euch gesagt im Podcast, wo die bei Breakdown of Sanity sind. Und er hat das eigentlich recht gut zusammengefasst. Ich meine, sie sind an den Punkt gekommen, dass sie sich entscheiden, wollen wir das wirklich voll professionell machen oder machen wir es gar nicht mehr. Genau. Und da haben wir in der Schweiz wirklich das Luxusproblem, dass wir eigentlich, sagen wir, sichere Anstellungsverhältnisse, wir verdienen genug Geld. Und wenn du mehr willst auf Musik setzen und wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt das, man schafft, dann machst du einen Schritt zurück, was das angeht. 100%. Und in vielen anderen Ländern ist das halt nicht so. Da spielt es dann keine Rolle, oder? Ob du jetzt wirklich Musik machst oder halt gehst du Regal auffüllen, blöd gesagt. Nicht jetzt, um das wertend zu sagen, aber ich glaube, in der Schweiz haben wir wirklich das Luxusproblem, dass es uns für rein nur in so einem Genre Musik machen. Geht es uns gut. Wenn du das Pop machst, ist das etwas anderes, glaube ich. Definitiv. Ich glaube, aber ich habe das Gefühl, im Pop ist es auch hart. Ich habe nicht das Gefühl, dass es einfacher ist. Ja. Nein, klar, aber ich meine, sag mir eine Schweizer Metalband, die lebt von dem. Keine Chance. Also wüsste ich jetzt keine.
Helvetia vielleicht? Ja, Weil das ist auch nur der Krieg. Also nein, Moment, es gibt sicher ein paar Metal-Bands, das ist ein bisschen mein Krokus. Das ist nicht Metal. Ja. Nein, das meine ich. Sobald du mehr in Mainstream gehst. Also Paleface. Aber sie aber die leben nicht gut von dem. Die arbeiten auch noch. Der Janik arbeitet Ja, auch noch. schaffen nachher einfach als Ist Aber immer mal brauchen wahrscheinlich, sie es kannst du oder nicht machen vergessen. sie es einfach noch? Also das weiß ich ehrlich gesagt Ähm, nicht. Das weiß ich ja nicht so genau. Also ich glaube, das Thema ist auch, der Overhead in der Schweiz ist auch sehr hoch, oder? Ja, Heisst, klar. du müsstest richtig auf ein Level kommen, wo kannst du das leisten, Ja. oder? Oder jetzt ziehst du nach Deutschland. Ja. Oder Wirst so Trophy etwas, Husband. gell, um den Overhead mal runterzubringen. Aber das ist auch ein Issue, oder? Ich meine, weil ich würde sagen, internationale Headliners verdienen wahrscheinlich so viel wie ein Mindestlohn in der Schweiz. Ja, Oder? kann ich mir Und vorstellen. deswegen, Ich glaube, auf meinen Lohn würde ich nie kommen mit Musik. nein, niemals. Aber niemals. ich habe im Fall, nein, das eben, wer dem sage, das ist in der Schweiz, glaube ich, schwierig. Und eben, du spielst ja dann auch nicht nur in der Schweiz, sondern im Ausland. Und dann hast du Klar. andere Gagen, Ja. oder? Das heisst, eigentlich kommst du aus dieser finanziellen Hochburg, wenn du so willst, in halt Ländern, wo das gar nicht geht. Genau. Und ich habe aber im Fall wirklich auch schon Artikel gelesen von grossen Bands, die sagen, es ist einfach hure schwierig. Wenn sie natürlich auf einer Tour sind und am Schluss, keine Ahnung, was haben sie bekommen? Ich weiß auch nicht mehr. Ist es Oceano sogar gewesen? Ich weiß es nicht. Wobei, also Oceano finde ich jetzt nicht Nicht mehr so gross. gross. Ja, ist gross. Also ich weiss, der Browning, ihre Sänger, der ist eigentlich, der hat einen eigenen Podcast und erzählt mega viel aus der Szene und so. Und er hat gesagt, wenn sie eine Europa-Tournee machen mit Browning als Headliner, dann kommen sie even zurück. Mhm. Also dann haben sie kein Geld verdient, aber alle Ausgaben sind deckt. Ja, also ich glaube wirklich, der Weg, den ich auch jetzt heute sehe, von vielen Musikern, ist wirklich die Multiple Revenue Streams, oder? Du bist ein Producer, du machst, du recordest Bands, wenn du nicht auf Tour bist, oder machst Lessons, oder unterrichtest, oder so in die Richtung. Und Aber nachher, du musst ja, weil du kommst eigentlich heutzutage nur noch Geld über, wenn du auf Tour bist. Aber genau. Sobald du nicht mehr auf Tour bist, ist es eigentlich so, dass du kein Geld verdienst. Das Also heißt, Merch ist vielleicht so die einzige Ja, Ausnahme. aber wenn du aber aber Merch sagst, ist glaube das, was du noch am meisten Ja. Geld verdienst. ja, selbst auf der Tour ist vermutlich das, was am meisten Geld bringt. aber zum Beispiel, ich finde auch sehr cool, dass zum Beispiel der Garza-Podcast zum Beispiel, weißt du, auch mit Podcasts kannst du eben Sponsorships holen und mit dem auch ein bisschen so, weißt du, wenn du nicht auf Tour bist, hast du einfach das Ding. Du hast gleichzeitig für die Szene etwas machen und gleichzeitig für den Show etwas. ich meine, wir haben es ja vorher von Heaven Shall Burn gehabt. Mhm. Das ist eine Hobbyband. Ja. Also nicht eine Ja, aber Hobbyband, das haben sie bewusst so entschieden. Das ist Ja. eben genau das. Aber das ist so das, was ich muss sagen, so, das wäre so das, was wahrscheinlich in der Schweiz auch müsstest machen, wenn du willst mehr. Aber das ist jetzt ein geiles Beispiel, wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann man es eben auch positiv beleuchten, weil das geht eben auch. Man kann auch einen Job haben und eine Band, die wirklich einfach Erfolg hat. Mhm. Und was viele dann vergessen bei dem Ganzen, was du vorher gesagt hast, auch, weißt, eben, du hast Songwriting, du hast Merch, du hast noch anderes Zeugs, aber du musst die Essenz, du musst Musik machen, die ankommt, und du musst gute Musik machen. Ja. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, wir haben geile Gitarren und geile Verstärker, dann ist einfach die Musik noch nicht gemacht und dann bist du eh nicht an dem Punkt, über das zu diskutieren. Voll. Ja, Yes. also, so wie du sagst, es sind viele Punkte, die müssen eben stimmen, oder? Aber wenn du dazu noch ein Arschloch bist, dann hast du viel weniger Chance, als wenn du wirklich ein cooler Dude bist oder eine coole Frau, was immer, und einfach humble bist und mit Leuten klarkommst. Weil ich habe das Gefühl, ich meine, Musikwelt ist aufgebaut auf menschliche Connection. Weil ich meine, Absolut, ja. auch wenn ich zum Beispiel, das ist meine Angst, wenn ich mit internationalen Headliners opene, ist so wie, bitte bist nicht ein Arschloch, weil dann kann ich deine Musik einfach nicht hören. Oder ist so wie, please don't be a fucking asshole, weil ich kann deine Musik gern. Looking at you, Ocean Aid Alaska. und dann, ja, wie nachher spielst du mit Kannst du denen. so irgendeine Story erzählen, Bella? Ich habe sie glaube schon ein paar Mal erzählt. Ah, okay. Aber es geht. Ja, ich kann sie kurz zusammenfassen. Ich bin wieder mal mit Save Last Breath helfen. Und dann haben der Organisator, ich glaube Luca hat er geheißen, wir sind draußen am Boden gewesen, so gefragt, ob ich schnell rein kann, ein Bier holen, weil ich rein bin für ihn. Weil, ja, wir sind halt Backstage, hat er gesagt, ich soll schnell ein Bier rausholen für ihn. Lauf so rein, dann schaue ich mich so 5000 so hure böse an. Und ich so, lauf so zum Kühlschrank, steht so das A4, handgeschrieben, only for tour package, not for local support. Ich laufe wieder raus. Kommt der Luca so, hey, hast du jetzt kein Bier geholt? Und ich so, ja. Idioten drin. Und er so, die hure Double, ich habe ja noch gesagt, dass ich den Kühlschrank fülle, wenn das Bier leer ist. Es ist ja nicht so, es ist für alle da. Oh Mann, Ist ja nicht so, das Ding ist. Dann hat Jesus er dann Christ. einfach so, ja gut, dann fülle ich noch den Kühlschrank nicht mehr auf und wir saufen vorne am Zapfhahn. Also, ja, geil. Okay. Ja, so Dick Moves halt. Ja, Also, ja, wirklich. Aber das ist im Fall noch lustig. Früher, wo wir haben dann eine Zeit lang mehr noch mit Hardcore-Bands gespielt. Mhm. Und also jetzt nicht, dass das allgemein so ist, aber ich habe echt das Gefühl, da hat es viel mehr Vollidioten in Bands gehabt. Ja, ja. Mhm. Asoziale Arschlöcher, Yes. wirklich zum Teil im Backstage Sachen kaputt gemacht, auch Instrumente von anderen Bands und so. Oh, Scheiße. Also ja, richtig, richtig böse.
richtige Vollidioten gehabt. Also ich glaube, Save Lost Breath hat noch nie für einen außer Bury Tomorrow. Abgesehen von denen haben sie glaube ich noch nie für einen Act geopnet, der irgendwie nicht sich einfach auf irgendeine Art beschissen benommen hat. So, es ist wirklich crazy. Vor allem sind dann so Shows, wo du denkst, hey, es sind am Dienstagabend 50 Leute im Werk 21. Fick dich. Ja, aber dann kommen auch Arschlöcher eben zum Teil auch weiter. Also, ist nicht so, nicht so pauschal. Das stimmt. Ja. Ja, vielleicht ist nicht so die Welt so Utopie, die ich mich vorstelle. Gut, du könntest jetzt natürlich sagen, es sind alles amerikanische Bands gewesen. Ich bin überzeugt, dass es auch in der Schweiz Arschlöcher gibt in Bands. Ah ja, ganz sicher. Da gibt es genug. Und ganz sicher, es gibt 4 Bier-Versis. Ja, gerade so eine Panne bringen. Aber. Nein, aber ich habe das Gefühl, je mehr die Connection direkt mit den Leuten kommt, zum Beispiel Podcasts und so Zeugs, oder, dann kannst du wirklich, also du kannst nicht wirklich verstecken, wie du wirklich bist, oder? Ich meine, ich sehe es natürlich mehr in der Comedy-Scene, in den USA, aber ich höre fast nur von Comedians-Podcasts, oder? Und dann merke ich schon, wer wirklich humble und chillt ist und wer ein bisschen hochnäsig ist, und dann so, ja, okay, alright, du machst ein Bild. In Kurzformat, Interviews und so, findest du die nicht raus. Oder vielleicht findest du mal irgendwann raus, jemand hat jemanden sexuell belästigt oder so, und dann ist so, alright, gut. Aber ja. Der Moment, wo Anti-Flag sich vom einen Tag auf den anderen auflöst. Das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist, wer ist rapen? Ey, das ist aber irgendwie so, das hat sich gehäuft in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Das ist echt Leider. übel. So. Ja. Wir haben auch, das ist verdammt schade, wir haben ein Vocal-Featuring mal machen mit dem Sänger von Shrine of Malice, keine Ahnung, wie der heisst. Und effektiv gerade wirklich, wir haben das schon abgestimmt gehabt, und gesagt, schreiben wir an, und dann kommt so raus, ja, sexuelle Belästigung. Ja. Gut schwierig, oder? Ja. Wirklich schwierig. Kacke, so Zeugs. Ja, also zum Teil es ist definitiv ein sehr sensitives Thema, aber zum Teil habe ich das Gefühl, eben, also jetzt kommt es einfach viel mehr an der Licht, was alles Ja. Ja, zum Glück. Zum Glück, oder? Aber es gibt auch Cases, wo einfach crazy people Ja, sind. es ist wirklich, Es ist extrem schwierig, das zu differenzieren. Ja. Genau. Weil zum Beispiel Decapitated sind auch im Knast für Ja. einen Monat Ja. und das ist einfach komplett Wer ist im Knast? Decapitated. Ja. What? Die Die sind, Story kenne ich nicht. die sind on Tour gewesen und nachher ist etwas passiert im Tourbus oder so, oder? Und scheinbar consensual und so. Und nachher sind sie angezeigt worden, im Knast gelandet und sie sind mit von der Tour gewesen mit ein paar anderen Bands. Und sie haben Geld verloren und es hat sich herausgestellt, dass die Person eben mehrere Bands das gemacht hat und so. Und Ja, und das Image und alles ist okay, auch ja. noch dazu. komplett am Arsch gewesen. Ja. Ja. Aber eben, das Ganze erst nachher natürlich 6 Monate später erfahren, oder? Mhm. Weil in dem Moment ist es so wie, ja, die sind nicht gut. Ja, du hast einfach immer noch den Nachgeschmack. Weißt Klar, du, selbst klar. wenn du weiterverfolgst, was eigentlich passiert, und dann merkst du, nein, es ist soweit eigentlich alles okay, dann ist das einfach vorgeworfen worden, aber es stellt sich als überhaupt nicht legitim aus. Voll. Hast trotzdem immer so den Nachgeschmack drin. Genau, und die ja, Band, die Marke letztlich leidet extrem drunter. Also ja. jetzt mein Beispiel ist Die Hardest Murder. Vielleicht habt ihr mitbekommen, der CJ McMahon, der Sänger, hat sich als transphob herausgestellt und geäußert. Stimmt, ja. Und die Band hat dann zuerst nicht wirklich reagiert, hat einen riesen Shitstorm gegeben, dann hat die Band ihn rausgeschmissen und jetzt der Sänger von Aversion's Ground reingeholt. Aber für mich ist, ich habe ewig Die Hardest Murder gehört, finde ich eine coole Band, aber jetzt ist für mich auch so, hey, ich habe nicht mehr so Bock, die zu hören. Auch wenn der CJ nicht mehr dabei ist. Ja, Das finde ich nicht fair den anderen gegenüber im Fall. Ja, eben, das Also, ist das Problem. aber Der zu einem Punkt, den Dings- ich möchte machen, ist, der Nachgeschmack bleibt. Okay. aber zu einem Aber gewissen es, Grad musst du ja auch sagen, es hat ja geheißen, er sei schon öfters mal aufgefallen. Der ist ja nicht von einem Tag auf den anderen ein Arschloch geworden. Der wird ja höchstwahrscheinlich Das schon... kann gut sein, da muss ich Es ist, sagen, also so, in dem Ding, wo ich es gelesen habe, habe ich gesehen, er hat so öfters mal ein bisschen aufgefallen in die Richtung, aber halt nicht so... einfach innerhalb von der Band immer. Ich meine, du kennst ja deine Bandkollegen. Du weißt ein bisschen, wie es tickt. Ey, ich bin mir nicht ganz, sind die nicht schon früher irgendwie mal wieder aufgefallen, weil der eine Bandmitglied irgendwie die andere bestohlen hat und so Scheiße, haben sie doch einmal einen rausgeschossen. Oh, Sind das nicht auch das mal? Also, sie haben mal ihren Drummer rausgeworfen. Ja. Ich glaube, Ist das der das hat Geld geguckt Okay. miteinander oder so. Ja, Jo, also an dem Punkt muss man ja, natürlich gut, sagen, ja, wenn so. du ihnen nicht kontinuierlich folgst, dann bekommst du natürlich auch nicht alles Ja, mit, ja. oder? Klar. Du schnappst mal einfach etwas auf und eben, das explodiert, oder? Es wird zu einem Shitstorm, da berichtet dann irgendwie Metal Hammer und die, so, Ja. wie nennen wir das, die Plattformen, Magazin drüber, dann hörst du das noch eher, das macht es ja noch schwieriger, dann zu unterscheiden, so, hey, ist das jetzt ein Einzelfall? Passiert das schon lang? Weißt du, und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Ja, Ja, also ich meine, heutzutage könnte die Pantera nicht so geben, wie es Ende 90er gegeben hat, oder? Ich meine, finanziell hat auch so viel Scheiß gemacht. Ja. Jetzt mit der ganzen Loudwire, Metal Hammer Bullshit, wo immer am Headlines am Suchen sind. Und ich meine, Medien heutzutage ist einfach Kontroversie suchen und sonst kannst du nichts verkaufen. Ja, ganz klar. Fucking Kabel.
Ja, Kraftklub hat recht gehabt. Wir sind zu alt für zu jung für Rock'n'Roll. Alles, was wir gemacht haben unsere Eltern schon gemacht. Oder Grosseltern. Oder neue. Ja, nur können sie die nicht in den sozialen Medien posten. Ja, das stimmt. Du, ich frage Ja, mich, noch schlimmer, wir haben nichts daraus gelernt, aber jetzt sind Social Media dazugekommen. Aber das sind wir wieder, das spannen wir jetzt gerade den Bogen zum Anfang. Man muss Fehler auch machen. Ja, Ja, definitiv. auf das wollte ich vorher nochmal eingehen. Also gerade, vielleicht zum etwas klarstellen, wir tun ja bei uns im Podcast, IMS Media Mayhem, für alle, die das nicht kennen, Yes. die wir bei uns im Podcast ja wirklich viel, sag jetzt mal, kritisieren oder sagen so, hey, machen das vielleicht so nicht. Man muss an dieser Stelle schon auch sagen, der Roman und ich glaube, viele von den Fehlern, die wir dort nennen, können wir so erzählen, weil wir sie selber gemacht haben. Ja. Weil wir selber irgendwelche Bilder postet haben mit grossen roten Kreis und ja, einfach Und es passiert schreckliche immer noch, Sachen. auch, also es passiert immer noch, dass man dann mal ein falsch zugeschnittenes Bild hat oder Klar. dass einem Instagram wieder mal verarscht oder so. Ja. Darum, wir wollen letztlich unsere Erfahrungen dort einfach weitergeben. Für Leute, die die Erfahrungen noch nicht gemacht haben, dann können sie die Fehler wie umgehen und selber neue Sachen Definitiv. ausprobieren. Ich habe eine Kritik. Und zwar, Oh, Wir sind nicht kritikfähig. ja, ja. Man hört es ja. also es ist auch, nein, es ist lustig, weil ich habe einen Podcast gehört und ich habe auch gehört, ja, du spielst in einer Band namens Anesthetist und ich so, Wann ist der Alright. Test? Anis, Wenn genau, du es so geschrieben hast, wie du es jetzt gesagt hast, ist logisch, dass du da nicht gefunden fangst hast. da fangst schon mal an im Fall, weil nachher, ich habe es versucht zu googlen, also in Instagram eigentlich, und ich glaube, ich habe 10 Versuche gehabt, bis ich dann auch richtig geschrieben habe, und dann ist es erschienen, weil ich so, ja, mit AE, mit E am Anfang oder AE am nächsten, ich so, what the fuck, Wahrscheinlich. kannst mit T, TH machen, kannst, Es ist doch A-N-E. Nö. Nein. Darf ich dir meine Witzband empfehlen? Mhm. Snurterbezirner. den habe ich sogar gesehen. Ah, scheiße, das kennst du. Wie viel Versicher hast du dort gehabt? Solange habe du ich- uns schneller findest, als sie ist okay. Nein, den habe ich nicht gesucht, der ist bei mir mal erschienen bei den Empfehlungen. Ohne Scheiß. Ja, ja. Oh, okay. Was sagt das über deinen Musikgeschmack aus? Nein, Dings, weil mit Metal Server im Fall, ich habe glaube alle möglichen Schweizer Bands gefolgt, die ich gefunden habe. Mhm. Amix finde ich ein paar, die ich Du verpasst hast habe, aber viel Zeug gefolgt, ja. ja. Voll. Da ist weirder Scheiß drunter. Ja, ja. Ihr wisst, wer er sind. Aber es gibt im Fall auch weirder Scheiß in der Schweizer Ja, Metal-Szene. weil am Anfang habe ich einfach die Analyse gemacht, alright, wem könnte der Podcast interessieren? Dann bin ich schauen, zuerst mal alle Bands folgen oder alle Events und so Zeugs und nachher schauen, alright, wer folgt die lokalen Bands, die können es vielleicht interessieren? Habe ich auch gefolgt. Du hast jetzt schauen. Jetzt kann ich gar mal Das können wir nachher noch Sonst off-record wird das machen. ja Über euch, über die weirden Bands reden wir nachher off-record. Ja, Yes. ja, Können genau. wir Namen droppen? Das Voll. ist auf unseren OnlyFans. Nein, aber Ja, das ist eher noch so etwas im Fall. Also Okay. sowohl bei euch als auch bei uns, man muss nichts zahlen für den Content. mhm. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Was wirst du mal? Dass man weder für Metal Server noch für IMS Media Mayhem oder sonst so etwas muss etwas zahlen Aha. als Band. Ja, genau. Also, wir machen eigentlich gratis Promo, wir machen auch Ja. gratis Promo. Ja. Aber ich glaube, es kommt, das ist ja eine Frage, die ich auch stellen wollte. Warum habt ihr das Ganze eigentlich angefangen? Also, wir haben jetzt 50 Minuten gebraucht, um auf die zweite Frage, die du hast stellen willst. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Also so. dann Es machen gibt wir viel zu kürzen wir erzählen. das ab und verfangen uns weniger in Nein, das ist Also gut, eigentlich- Das ist der Essenz vom Metal Server. Ja, Du Genau. spielst heute Abend ein Konzert. Es geht nur darum, dass du pünktlich Ich habe keine Ahnung, wie spät das wir haben. Es ist viel vor eins. Ah ja, alles easy. Ich Gut. weiß nicht, wenn ich muss da sein. Der Roman hat übrigens heute das Konzert Acts of Aggression. Ihr habt, wenn ihr unsere Promo gesehen habt, dann ist es letztes Wochenende gewesen, weil ich Kulisse das Aber es ist bei Ihnen noch 2 weitere Gigs. Und wenn ihr nachher den kommen wir Podcast hört, dann habt ihr das Konzert heute Abend verpasst. Ja, wir können dann auf Basel kommen, in die Ja. Kaschemme. Genau, können Und wir zwar von heute in 2 Wochen, von dann vermutlich in einer Woche. 4.11. 4.11. genau. und 20.11. 20.01. in St. Gallen. Ah, Ja. alright. sehr yes. nice. Yes. Ja, aber Roman, erzähl Also, von deiner Origin bei IMS. Okay, 2018 bin ich gerade habe ich eine Weiterbildung gemacht. Mhm. Und dort ist quasi das Thema Storytelling, Corporate Communication gewesen. Und dann bin ich dort, ich glaube in der einen Unterrichtseinheit, die wir dort hatten, ist, glaube ich, Social Media Thema gewesen. Mhm. Und dann habe ich während dieser Lektion ist mir plötzlich die Idee gekommen, weil wir haben natürlich ganz kurz vorher Idelusionist gegründet gehabt. Mhm. Und haben eigentlich ein Album schon bereit gehabt. Wir haben dort noch Mitglieder gesucht, wir haben eigentlich ein Album gehabt, aber noch nicht Mitmusiker. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich wäre es schon geil, wenn man eine Plattform hat, die schon ein bisschen Reichweite hat
Weil wenn wir das Album rausbringen, ist es ja beschissen, wenn uns noch niemand kennt und wir noch absolut keine Reichweite haben. Und ja, wenn du dann ein Album droppst, das ist wie für nichts, oder? Und dann habe ich gefunden, eigentlich muss ich so eine Plattform gründen, um meine eigene Band nachher zu promoten. Ja. Ich weiss. Ja. Hat sicher auch vor mir schon Leute gegeben, die die Idee haben. Und nach dir auch. Ja, das weiss ich. Ist auch fair, finde ich völlig fair, weil man macht sich ja selber drauf an. Das ist ja nicht, dass man das kaufen oder über ein Spiel auftreibt oder so. Und dann habe ich effektiv, glaube sogar noch am gleichen Tag, angefangen, das erste Logo zu machen und mal den Insta-Account. Und ich habe dann auch entschieden, dass es wirklich nur auf Insta und auf Facebook halt mit dem Cross-Posting, auch keine Website wählen oder so. Am Anfang war auch YouTube noch nicht Thema gewesen. Und dann habe ich den damaligen Sänger, der noch bei Illusionist am Anfang dabei war, der Colin, den habe ich gefragt, ja, hättest du Bock zu mitmachen? Und eben das Konzept ist von Anfang an gewesen, halt Bands vorstellen und Reposts machen. Und bei den Reposts einfach auch so, dass man möglichst wenig Aufwand selber hat, weil damit man Zeit hat, um die eigenen Posts zu vorbereiten und so. Aber Instagram ist nicht die beste Plattform zum Reposten, muss ich ehrlich sagen. Also mit Instagram allein kannst du nicht reposten. Keine Plattform ist die beste, weil alle sind so ein bisschen darauf getrimmt, dass sie Content, der eigentlich von extern kommt oder von anderen Plattformen aber wir schlechter graded wird. Reposten von der eigenen Plattform intern. Ist zum Beispiel auf Facebook einfacher, weil du kannst einfach einen Beitrag teilen. Du kannst auf Insta nicht. Du musst ja eine Kopie machen. Aber das ist, weil Instagram möchte das nicht. Instagram möchte unique. Hör jetzt auf diskutieren, Ricky, nur weil ich sage, ich bin dumm gewesen, dass ich Insta gewählt habe. Ja, du bist generell Twitter wäre vielleicht besser gewesen. Was war besser gewesen? Twitter. X meinst du? Bands bewegen sich nicht auf. Das stimmt. Es ist natürlich auch am Alter, respektive der Zielgruppe geschuldet, dass ich mich für das entschieden habe, vor allem damals. Weil ja, also dort ist das eigentlich auch schon zu grossen Teilen so gewesen, dass eigentlich, sagen wir 40 plus noch auf Facebook ist. Ja. Das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre. Und du hast natürlich den Vorteil, dass du über Insta, respektive über die Meta-Business Suite kannst auf beiden Plattformen mit dem gleichen Material posten, oder? Und in dem Sinne ist aber der zweite Effekt, oder die zweite Idee dahinter ist, ich wollte in die sozialen Medien reinkommen und wollte Sachen ausprobieren. Ja. Und dann habe ich wie nicht müssen das Bandprofil brauchen zum Fehler machen, sondern ich konnte es ausprobieren auf einer anderen Plattform und dann das Wissen anwenden für das Bandprofil. Und eben, bis über ein Jahr später, glaube ich, bin ich an einem Konzert gesehen, wo lustigerweise der jetzige Sänger und der jetzige Bassist von meiner Band ein Konzert gespielt haben. Ich habe die gar noch nicht kennt und habe dann den Joel getroffen. Cool. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir beide gleich dumm sind. Die gleichen Vollidioten. Sehr gut. Und haben so ein besoffenes Gespräch gehabt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das wäre eine sau gute Idee, wenn der Joel da dazukommt. Also nochmal 100% mehr Blödsinn. Und dann haben wir das ziemlich gleich drauf ab. Sind wir mal zusammen irgendwo etwas trinken, glaube ich. Genau, erstes Date gehabt. Genau. Und so hat. Ja, wir haben uns nicht geküsst, es hat noch nicht gelangt. Ja. Nur ein bisschen touched. Erst gefistet. Nein, nicht ein bisschen. Ja. Straight. Muss ja wissen, aber ja. Oral Fistfuck, Bruder. Ja, stimmt, gibt's auch noch. Crackfist. Gibt's die noch? Crackfist gibt's auch. Crackfist. Oral Fistfuck? Gibt's die noch? Nicht mehr. Keine Ahnung, da müsst ihr jetzt euch fragen. Ja. Es ist ja so schwierig herauszufinden, welche Bands es noch gibt und welche nicht mehr. Probier das schnell rauszufinden. Ja. Ich kann mein Handy Dann bin ich dazugekommen. Dann bist du dazugekommen und dann haben wir eigentlich... Das ist dann immer ein bisschen konkreter geworden mit einem eigenen Format. Oder? Wir haben dann das Gefäß-Denken quasi angefangen. Also man muss vielleicht auch kurz sagen, die ursprüngliche Idee, die der Roman hatte, mit man bleibt in der Schweiz, das ist eine Plattform zum Ausprobieren, wir machen Reposts und unsere eigenen Sachen und das haben wir einfach stetig dann auch weiterentwickelt. Gewisse Sachen sind geblieben mit Landesgrenzen, aber andere Sachen haben wir neu vordenken. Und was man vielleicht auch noch sagen kann zu dem, eben nur Schweiz, also Extreme Music Switzerland, habe ich dann damals noch mit dem Colin so besprochen. Ich wollte Extreme Metal Switzerland machen. Ja. Und er hat dann zu Recht gesagt, aber im Fall, es gibt Bands, die halt wirklich nicht kannst als Metal bezeichnen, aber gleich irgendwie da reinpassen. Grindcore ist nicht Metal. Als Beispiel. Aber bist wirklich in der Extreme Music. Und dort haben wir aber auch gesagt, ja, also Hardcore, also elektronische Musik, so Zeugs, das machen wir nicht. Wir sind schon natürlich bei den verzerrten Gitarren und so. Ja. Und das mit der Schweiz ist natürlich auch daraus entstanden. Ich habe ja vorher schon einige Jahre in dieser Band gespielt, einige Konzerte gespielt, viele Schweizer Bands kennengelernt und habe auch gefunden, weißt du, die internationalen Plattformen gibt es ja. Mega viel. Und dann kannst du zahlen und du kriegst dann die Reichweite und so weiter. Aber es gibt wie nichts, wo unsere Szene, oder hat dort nicht viel gegeben, wo unsere Szene stark verbindet. Es hat Rock gegeben, aber das ist nicht interaktiv gesehen, oder?
Ja, es hat sicher auch lokale, kleinere Netzwerke gegeben und so. Ja, ich kann wirklich keins. Rock gibt es auch nicht mehr. Nein, Rock gibt's auch Nein, nicht mehr. leider nicht mehr. Und sonst? Und die haben ja den Fokus auch auf Reviews gehabt. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel bewusst gesagt haben. Wir haben darüber geschwätzt, weil das wäre eigentlich voll am Joel Simetier. Korrigiere mich, wenn ich Scheiße erzähle. Nein, durchaus. Aber wir haben gesagt, das machen wir sicher noch nicht oder eigentlich nicht, weil das erstens mal nicht zur Plattform gehört und irgendwie auch nicht zu dem, was wir bezwecken mit dem. Ja. Eigentlich ist es wie geil, wenn wir sind eigentlich wie das Alte von der Metal-Szene. Was für ein Vergleich. Ja, wir sind doch Notenpunkt irgendwo, oder? Eigentlich, es wäre geil, wenn alle irgendwie mal aber Bands... niemand will auf Folter. Nein, dann bleibst du ja nicht, dann gehst du ja noch durch. Bei uns soll es ja nicht bleiben, das ist einfach verpissen. Ja, das stimmt. Siehst du, Mike, es ist Olten, es ist nicht Zürich. Olten ist der Knotenpunkt von der Schweiz. Ja, also was Züge angeht, sicher. Ja, Mike hat eben behauptet, es sei Zürich. Ja gut, Ja, nur also weil du jetzt kannst durchfahren. Früher hast du nicht mehr Musiktechnisch auf durchfahren. jeden Fall. Ja, Nein, aber ich irgendwie rede mit von Basel Bahnhöfen, so ich rede rechts effektiv von Bahnhöfen. Nein, von ab Bahnhof. vom Schuss. Ja, musikalisch. Jetzt ja. verstehe ich, wieso alle gelacht haben. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ja. Ausländer wieder mal. Ja. Aber das stimmt, IMS soll ein Knotenpunkt sein. Ja, und vor allem für beide Seiten. Oder einerseits für Musiker, andererseits auch für Leute, die einfach nur Sound hören. Mhm. Und, Und auch, Leute aus der Szene, also Podcasts, wir haben Genau. Producer rein, Mhm. Veranstalter rein. zum Connecten. Das Ja. gehört alles dazu. Wegen dem, wir haben da schon auch Pläne, mal in physischer Sachen mal etwas zu machen, aber das sind wir so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Alright. Ja, auch Corona-bedingt. So. Natürlich, Nicht schlecht. das ist ja dann auch dort aufgekommen, die Idee. Und so. Mhm. Interessant. Ja, also bei uns ist es eigentlich ähnlich. Ich meine, es ist wirklich das, ich weiss noch, ich glaube, ich mache den Podcast eigentlich für für mich als 16-Jähriger. Das hätte ich mir auch gerne gehabt, als ich in die Szene gekommen bin vom Ausland. Und ich habe die Szene, weißt du, ich bin immer so Lokalszene fokussiert gewesen, auch in Peru, auch in Deutschland, auch als ich da gekommen bin. Und ist so wie, ich wollte wissen, welche Bands sind die grosse, welche Filme von welcher Stadt oder welche kann ich schauen, oder? Und dann so langsam, ich fange schon an zu hören und Leute kennenlernen und so, aber jetzt nirgendwo, wo kannst du schauen. Vielleicht, bin ich nachgeschaut, Metal Factory ist der einzige, wo ich bin schauen für so Konzerte und so Scheiß. Aber sonst nicht wirklich viel. Und das ist so schade. Und nachher, als ich produziert habe und habe Musik produziert für lokale Bands, habe ich gesehen, wie nachher irgendwie du releasest es und nachher hoffst, dass die Leute es hören. Und kannst nirgendwo wirklich pushen, oder außer du machst selber Marketing, aber das ist schon eine Nische-Sache, oder? Und dann ist so wie Scheiße. Ja, kannst du das nicht irgendwo promoten, oder? Und da finde ich, haben die es mega gut gemacht, machen es immer noch sehr gut. Ich finde auch geil, dass ihr nachher mit IMS Media Mayhem noch ergänzend, eher als hey, coole Tipps und Tools, die ich nutze als Musiker oder als Producer auch, schlussendlich. Voll, ja. Ja, das war eben auch so ein Punkt gewesen dort, oder beim Podcast haben wir eigentlich gesagt, wenn wir da etwas machen, dann soll es wie einen technischen Inhalt haben, den wir können wiedergeben können. Und vor allem, dort haben wir auch entschieden, dass wir einen Teil von unserer Zielgruppe noch ausklammern. Oder? Es richtet sich schwerpunktmäßig viel mehr an Bands. Jetzt aus unserer Perspektive, klar, wenn jemand anderes, der jetzt nicht in dieser Musik ist, auch von dem profitiert, umso besser. Aber die Person kommt vermutlich nicht auf das oder auf Wobei, uns. ich glaube, du kannst von diesem Podcast, auch wenn du nicht in einer Metalband bist, aus der Schweiz kannst du recht viel mitnehmen. Doch, weil schlussendlich Social Media Also gut, funktioniert. wenn du Social Media affin bist und interessiert an dem. Und Ja, sonst ja, ist es klar. einfach nur technisch. Aber Social Media Plattformen funktionieren überall gleich. Aber wenn du willst Klar. ein Der eigenes Unterschied ist Business, dann- wenn du willst ein genau. eigenes Business starten oder so, Ja, ja. der Ricky, fair. wir haben ja schon gesagt, der Black Dahlia Murder Blumenladen kann easy von euch im Ja. Podcast Ja, machen. jetzt. Ja. Auch ein Marketing-Basics sind überall gleich. Du Voll. kannst mit etwa so, also ich bin mit etwa so 5, 6 Basic-Sachen durch meine technische Kaufmann-Marketing-Prüfung durchgekommen. Ja, schau, weißt du, wenn du das gut machst, dann hast du eine solide Basis. Eben. Also, und Und dann das bist du kannst- schon viel besser als ganz viele andere. Genau, und die kannst du Ja. anwenden, ob du eine Metalband bist, ob du einen Ja. Blumenladen hast, ob du ein Amp-Fabrikant Klar. bist. Und ich sage dir, wenn du gehst studieren und so Digital Marketing und so Zeugs, die Infos, die sie haben, sind 5 Jahre alt. Oder ich meine, die sind wirklich nicht immer so aktuell, wie du es würdest wünschen, weil es einfach monatlich ändert. Ja. Und da finde ich Ja. mega cool. Ja, das ist extrem wichtig, up-to-date bleiben. Aber das Ja. ist Social übrigens Media. auch ein Grund, wieso dass wir den Podcast machen. Wir Ja. haben gesagt, dann bleiben wir selber eben auf. Ja. Dann bist du irgendwo ein bisschen gezwungen, natürlich zu schauen, was gibt es Neues. Zum Teil sind es ja absolute Details, aber zum Teil sind es dann doch Aber größere schon, Sachen. schon wichtig. Ja. Aber ist es noch spannend? Ihr seid ja auch eben voll eigentlich Schweizer Szene. Mhm. Ja. Es nimmt uns schon ein bisschen Wunder, wie gut dass ihr die Schweizer Szene kennt. Oh Lord Alright. Jesus. Wenn es schon angekündigt kann, man ein etwas vorbereitet. Ich glaube, es ist Ja. der richtige Zeitpunkt. Also jetzt werden der Ricky Jetzt und ich werden ihr geoutet. challenged. Alright, let's Jetzt werden- go. also, Jetzt werden ich wir erkläre das geoutet wie rasch. Sau. So, also. Ich Alright. erkläre das Ich habe rasch. keine Ahnung, um was es geht. Es ist by ein the way. Quiz. Okay. Und zwar ein Bandquiz. Okay. Sehr Das gut. heisst, wir tun euch abwechselnd
so Facts anlesen. Es geht shit. immer um eine Band. Okay. Und die spielen gegeneinander. Okay, Das sehr heisst, gut, das gefällt mir. Wir haben eigentlich haben wir ein Würstchen mitbringen und jeder hat ein Würstchen bekommen, wenn er einen Punkt kriegt. Aber der Joel ist nicht so an von meiner Linie mit der Würstchen. Ja, schiebst du mich. Auf jeden Fall. Ich mache ein Beispiel. Ich tue jetzt wie immer mehr Punkte aufzählen und es sind... Ich finde es geil, dass der Ricky und ich gerade in Kampf stehen. Ja, finde ich auch geil. Kampfposition, genau. Es sind einerseits so musikalische Facts, andererseits sind es Band-Facts und dann haben wir noch Social-Media-related Alright. Zeugs. Du willst nachher wissen, ob die Facts wahr sind oder gelogen. Nein, ich will von euch raus, ich will hören, welche Band. Von welcher Band ist die Rede. Weil die Frage stellt sich, wie gut kennen die die Schweizer Metal-Szene? Absolut Okay. gar nicht. Also, Wir kennen nur Metalcore-Szene. Aber Ich mache jetzt ein Beispiel, das noch nicht zählt, aber ich kann nicht schon schreien. Testrunde. das ist gut. Also, die Band hat auf Instagram etwa 50% mehr Follower als auf Facebook. Der Name von der Band hat keine nachvollziehbare Bedeutung. Die Band Versus? Ja. Wieso habe ich das jetzt auch gerade sagen? Also auf jeden Fall, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber Ja. weißt du, wäre jetzt wie, die Band hat 4 Mitglieder, die Band veröffentlicht in regelmäßigen Abstand Videos auf YouTube. Es hat eine nachvollziehbare Bedeutung, wenn du betrunken bist und ich. Ich bin im Fall extra, ich habe gewusst, dass du das gesagt hast, aber ich bin extra sogar noch googeln und habe nicht Ja, du gefunden. musst wirklich investigativ sein. Das sind 2 zusammengesetzte latinische Wörter. Ah, du hast mir, glaube ich, im Podcast oder so Stimmt. davon Ja, erzählt, habe ich aber... gewusst. Aber dann war es ja mega offensichtlich. Ja. Gewesen, oder? Ja, Aber es ist schön, dass der Ricky das herausgefunden hat und nicht Ja. du. Ich Also, habe Ich kann es es mir gerade sagen, ich kann es nur nicht sagen. Ah, ja. Okay, das heisst aber jetzt ernst. Genau, Es wird ich immer fange schwieriger. Mhm. Ja, und Nice, ich bin ready. Ah. Fang an mit der ersten Runde. ich mache die erste Runde Mhm. und du machst dann den nächsten. Ja. Einmal ein bisschen langsamer die Punkte Gut. erzählen. Ja, Ich- genau, also gut. lass ich vielleicht einen Moment hier. Okay. Die Band kommt aus Zürich. Ja. Die Band spielt Metalcore. Aha. Das ist schon euer Fachgebiet. Sie hat 6 Mitglieder. Proschrift? Yes. Scheiße, bist du schnell. Ja? Ja, aber 6 Mitglieder ist schon, also... Ja, es gibt Ist nicht so ein viel mit bisschen Aber unüblich, eben, sag ich man jetzt sagt, wir mal. fangen einfach an, gell? Naja, Ja, okay, es wird okay. schwerer. 1-0 Es für wird den schwerer. Ricky. Das Dann. ist gut, der Ricky gönnt, ich sehe es kommen. Also, ich mache die nächste Band. Die Band gibt es seit 10 Jahren. Mhm. Sie hat ebenfalls 6 Mitglieder. Mhm. Musikalisch würde man sie so ein bisschen wahrscheinlich im Melodic Hardcore verorten. Mhm. Sie hat auf... Was heißt das? Das ist kann ich nicht lesen. Facebook. Also 12.000? Nein, das ist falsch. Das ist 1200. Entschuldigung. Okay. Sie hat... Wow, okay. Also die Null zu Band viel. hat 1200 Follower auf Facebook Mhm. und ein bisschen mehr als 600 auf Mitglieder. Insta. Homewards. Das sind Nein. 6. Nein. Das sind 5. Von Zürich. Das, Das also, hast du du kannst die Frage stellen. Haben wir noch nicht gesagt. Okay, okay, okay. gesagt. Ja. nein, Die Info kommen vor uns. Sorry, Entschuldigung. Sie haben bis jetzt 2 Alben und eine EP draussen, die man hören kann. 6. Jetzt, das ist ein guter Hint. Die Band hat 2022 am Grenichen, am Open Air Grenichen gespielt. Moment of Madness? Nein. Das sind dann noch 5. Ah, 5 fuck. Die Band sind noch kommt 4. aus Zürich. Aus Zürich. Alright. Jetzt Sechs? wird's fein. Aber jetzt Achtung, jetzt müssen wir gut hören. Ja, das ist der heiße Typ. Ein Bandmitglied heißt Reto. Hands Like Thieves. Ja. Alright. Ja. Das war übrigens gestern auch gesehen, im Wrath of Alga Konzert. in Ah, Basel. geil. Darum ist er nicht da gewesen. Das macht Sinn. Wir haben so schon gehört, Hands Scheiße, Like wo ist der Thieves, Reto da? ja. Ich kann Hands mal Like reden mit ihm, Thieves. aber er ist dann plötzlich weg. Ist schade. Hey, Ja, sehr Hands gut. Ricky 2-0. Alright. Also, Jetzt wird es der ist spannend. her gewesen. Es wird Band. schwieriger. Ich Es wird schwieriger. Jetzt komme wird's nachher in die schwieriger, ja. Poser, Alright. Die Band hat 4 Mitglieder. Mhm. Die Band hat einen Namen, der mit Konsum zu tun hat. Crackfist? Nein. Konsum? Alter, dass der von dir kommt. Die Band Fucking hat hell. auf Facebook über 1200 Followerinnen Mhm. und genauso viel auf Insta. Die Band ist female-fronted. Mit Konsum. Mhm. Die Musik von dieser Band ist nicht auf Spotify, sondern nur auf Bandcamp. Jetzt Ich Achtung, habe das Gefühl, ich habe die Band letzte gesehen. heißer Tipp. Der allgemeine Auftritt von dieser Band sieht optisch aus wie eine Denner-Filiale. Mit denen Filiale. Okay, ich habe sie nicht gesehen. Die Band bezeichnet ihr Genre als Discount Grindcore. Okay. Jesus Gut, Christ. ich bin draußen. Discount, Grindcore, Brian, wo bist du? Fronted. Jetzt der letzte Ja, Punkt. der Brian kennt das Der Brian kennen. wüsste das. Mhm. Die Abkürzung vom Bandnamen ist EPMD. E, P, Das sind 4 Wörter. Ja. mit Konsum. Mhm. Auf Grindcore. Shit. Also wir machen noch. Warte. E, P, Ja. Ich bin draußen. E,
Exorbitant. Shit, nein, keine Ahnung. Exorbitant prices must diminish. Nein, das kann nie ich nicht. gehört den Namen. Mit dem Quiz wollen wir ja eigentlich auch euch und den Leuten, die das hören, Alright. sagen, es ist eine Band, die gar nicht so klein ist. Nein. Mhm. Und die Interessant. sind relativ gut unterwegs. Ein grossartigen Auftritt, wirklich. Wirklich. Wie eine Denner-Filiale. Es ist mega geil. Geil. Und Ja, dann sie- mit dem Namen. Das muss ich mir mal gönnen, in dem Ja, Fall. Muss ich gönnen. Ja. Wir brauchen den Brian Ich- als unseren Toy Island Presenter. Voll. Kann Fix. ich die noch machen? Äh, Oder ist es egal? wieso? Ja, keine Ahnung. Also mit der Gefahr, dass ich Echt, jetzt wieso den willst du Titel machen? wird tragen, Was? falls wieso irgendeiner willst von du uns die null machen? Nein, ist wird egal. haben am Mach Schluss, ja, wird er weiter. einfach als Poser bezeichnet für den Rest der Sendung. Ja, Ist das ist gut. gut, das ist gut. Gut. Gut, die nächste Band, die wir suchen, kommt aus der Westschweiz, aus der Stadt Lausanne. Mhm. Sie hat 4 Mitglieder. Mhm. Das ist nicht Fluffy Machine. Es ist eine Fluffy Das kommt Machine. nämlich aus dem Wallis. Die Band hat 3500 Followerinnen auf Facebook und 1400 auf Insta. Das ist Henriette B. Nope. Oh. Ah, das war nicht schlecht. Das Among war nicht Vultures? schlecht. Mhm. Sorry? Among Vultures? Nein. Oh, fuck. Technical Progressive Death Metal. Strawthrowing. Mhm. Fuck. Mhm. Was? Aber Technical? Technical Progressive Death Metal. Wow. Technical Progressive. Ja, aber ihr schlägt euch nicht schlecht. Ihr schlägt euch nicht, ihr seid in einer guten Richtung. Mhm. Die Band hat bisher 2 Alben veröffentlicht. Mhm. Sind ebenfalls female fronted. Dann kann es nicht Kasokta sein. Mhm. Wie haben die geheißen, die wir gar nicht gespielt haben? Die sind Kasokta. Das sind sicher- Sind es Kasokta. Kasokta Das sind gewesen? Melode, ja. Alright, take das mit der Frau. Dann, da steht, der Name von der Band bedeutet sinngemäß übersetzt etwas wie Zeitwidrigkeit oder Unzeitgemäßheit. Holy shit. Also es ist nicht wirklich ein Wort. Doch, es ist ein Wort. Es ist eine, Ja, aber... es ist eine Bezeichnung, die man einfach muss beschreiben muss. Also ja, das heisst, ja. das Wort auf Deutsch heisst gleich, weißt du? Ja, Aber du ja. kannst ja nicht das Wort sagen, das hast du ja der Bandname gesagt. Also Zeitwidrigkeit oder Unzeitgemäßheit. ich muss sagen, Female Front von der Westschweiz kann ich. Wir sind böse Sexisten, wenn wir keine Female-Fronted Bands Nur kennen. Kasok- Wir sind nur absolute Kasok- Ja, doch, Germanen. mein Life Crush und so, die kennt man ja. Ja, aber die sind nicht von der Westschweiz. Nein, klar, aber klar. Kasokta von der Westschweiz kann ich, Mhm. weil sonst. So, ich gebe euch jetzt noch die beiden Albumnamen. Mhm. Und zwar das erste Album von 2018 heißt Origine Mhm. und das von 2023 heißt Meanders. Ich weiß nicht, wie man das so spricht. Also das habe ich aber gerade gehört. Meanders. Den haben wir auch nicht im Podcast Ist ja gehabt. relativ- Ja, doch, doch. Ja, das ist der wirklich recht Albumname, neu. der Ah. Albumname kommt mir bekannt vor. Mhm. Also es brettert ganz gut. Warte schon. Ah nein, Tech Death ist nicht. Ja, ja, doch schon. Gib uns den ersten Buchstaben vom Bandnamen. Ja, es fängt mit AA. Ah. Eamon Marv. Fix. Ganz sicher Was ist der zweite Buchstabe? N. Nicht Anästhetist. Nein, Ich nein. kann aber schon sagen. A. Also, ich komme nicht, Okay. ich komme nicht drauf. Ich glaube, wir lösen auf. Ja. Wir suchen nach Anachronism. Ja, hast du sag gehört, mal, oder? gar nicht, Alter. Also der Nicht? Name, Wirklich nicht? Nein! Name sagt mir etwas, aber ich Ah, die kann sind nicht. noch- Okay, also wirklich Sind wir gut unterwegs? hörenswert. Ja, voll. Also ich könnte wetten, wir folgen die mit Metal selber. 100 Pro. Ja, ja. Wir haben 100 Pro über irgendetwas schon mal geredet, aber weil ich einfach kein Deathcore... Anachronism. Wir können jetzt noch Also- sehr gerne anfangen über Quantität und Qualität schwätzen. Ja, alright, true. Hey, wir müssen ja nicht... Wir Gut, müssen ja nicht okay, zusammen- hey, besser musst du bis Gas Verstanden. geben. Ja, also, Immer du noch hast- 2-0 für den Ricky. Du hast, du ich hast muss noch den ein paar Poser noch Chancen. loswerden. Die Band spielt Thrash Metal. Okay. Comediac. Die Band hat 5 Mitglieder. Mhm. Der Sänger von dieser Band, Lemuka? der Sänger von dieser Band lebt in Schweden. What the fuck? Die Ist Band die ist Band, aber aus Basel. Ist das nicht die Band, wo ihr das letzte davon... Nein, es das ist viel lang Anfalls ist gewesen. nicht. Nein, Nein, nicht, wie hat die geheißen? Es ist Unfold. Ace of the Sun. Ja, ja. Nein, es ist Anfalls. Ah, sag genau. Also, nein, nicht Logisch die. kommt sie aus Basel. Schweden. Thrash Metal Band. Die Band hat bisher ein Album Basel und ist kein ein Fresh EP Hochburg. veröffentlicht. Nicht mehr. Mhm. Ist doch mal Ja, gewesen. Total Annihilation und so. Ja, aber das ist so das einzige Fresh-Exportprodukt, Also das jetzt wir haben. Schnauze da. Ja, Entschuldigung. Sorry. Die Band ist aus Basel und dann... Du weißt. Ja. Die Band benutzt ein Smiley als Wiedererkennungsmerkmal. Also die Mitglieder von dieser Band sind früher in anderen Bands aktiv gewesen. Darunter zum Beispiel Arcturon oder Darrow. Arctron sind so gut gewesen. Die sind wirklich geil gewesen, ja. Der Gitarrist von dieser Band produziert die Musikvideos selber. Übrigens, der Gitarrist ist auch bei Arcturon gewesen. Ja. Und hat er dort Musikvideos schon selber produziert? Mann. Ja, das hilft weiter, danke. Okay, jetzt, aber schau jetzt, Achtung.
Die Band heisst gleich wie eine Kriegsmaschine aus dem Mittelalter. Ja. Und es ist ein deutsches Wort. Catapult? Genau. Yes. 3-0. Alright. Alright, der ist voll einfach ein Catapult. Also machst du noch mit, oder? Nein. Ja, doch, machen wir wieder. Mal, ich probiere darum zu kämpfen, den Loser nicht zu bekommen. Jetzt, Aber ich muss mal los, ich kann die wirklich nicht. Was, machen wir einfach noch ein Finale? ja, es kommt drauf an, wenn du mehr Event können wir Ja, gerne. wir können von mir, jetzt wird's wir können langsam- das wirklich weitermachen. Also, bis ich wirklich finde das einfach- Spiel geil. Also wir haben nur noch 3. Das Wir haben heisst, noch 3 wir machen Fans. Aber jetzt wird es langsam tricky. Das Ja. ist super. Jetzt wird es langsam tricky. Weil bis jetzt habe ich es voll gewusst. vielleicht. Also, wir suchen Alright. nach einer Band mit 5 Mitgliedern. Mhm. Sie haben knapp 1000 Follower auf Facebook und 550, ein bisschen mehr als das, auf Insta. Mhm. Hat 2006 ihr erstes Album rausgebracht. Also gibt es schon einen Moment. Mhm. Das Genre, das sie spielen, bezeichnen sie sich selber zumindest als Mundartcore. Hack. Hack. Hack, genau. Ja, aber der Ricky ist schneller gewesen. Ja. Nein, ich gebe dir den Punkt. Nein, Ich du geb's bist dir. schneller Doch, gewesen, doch, Ricky. doch, Du bist fair and square schneller. Der nächste Punkt wäre übrigens noch schön. Das ist wirklich geil. Haut dat Maut schnurren, so heisst der meistgehörte Song Ah, von ja. ihnen. Ja, der Tatsächlich ist super. gerade nach Der der ist richtig Hurenwichser. vor. Alright. Der Hurenwichser ist Ah, ja. weniger oft. Genau. Das kommt der nächste noch. Ja, es gibt nicht so viel Mundart. Ja, gibt's Nein, wirklich nicht. nicht. Ja. Nein, eine eigentlich. Ja. Ja, vor allem etwas hure lang. Und das ist eben das Interessante, oder? Du siehst ja wieder auf Facebook deutlich mehr Follower Aber das als heißt, auf das Insta. ist- Das ist mein Ding mit We Butter the Bread with Butter und Eskimo Cowboy. Mhm. Musst bei denen, Electric Cowboy, Ja. sorry. Musst bei denen mal auf Facebook und Instagram gut Likes anschauen. Mhm. Ja. Instagram, Facebook hat easy nix. We Butter Ja. the Bread Ja. with Butter hat Arsch viel. Ja. Und Mhm. Instagram ist genau umgekehrt. Ja, aber das Ja. sagt mir, dass sie eben länger dabei sind. Ja. Einfach weil die Nicht, nein. Im Fall, du musst ein bisschen schauen. Du siehst auch, wie sich die Band ausrichtet. Das hat einen Mhm. rechten Einfluss darauf, Mhm. wo sie mehr Follower haben. Ja. Mhm. Oder du siehst ja bei denen, was sich zum Beispiel etwa die Waage hat, so. Ja. Dann kommunizieren sie höchstwahrscheinlich vom Inhalt her etwas, was einfach für eine breitere Zielgruppe passend ist. Ja, Das ist wirklich stimmt auch. interessant. Und dann kannst du sehr viel ablesen. Mhm. Also, nächste. Die Band kommt aus Bern Mhm. und sie spielt Death Metal. Ja. Logisch. Die Band hat 4 Mitglieder. Mhm. Alright. Ja gut, das stimmt, das ist für dich schwierig. Das haben wir noch nie überlegt. Die haben eigentlich keine Band rein, die ich würde aktiv hören Polar Shift? Ja. Ja. Eben. Handelt like viel. Ja, gut. Schon Also, auch. also 4 Bern. Aber Ja, es ist gut, halt, die zweimal. das, weißt du, das Problem ist, Also, sie machen weiter. die wären, schon glaube ich, zu einfach gewesen. Ja, ja, das, Das- ist, ja, das das stimmt. muss ja auch eine Challenge Also. sein. Das stimmt schon. Habe ich schon gesagt, die Band hat 4 Mitglieder. Mhm. Okay. Band, Auf 4 Facebook Mitglieder. haben sie über 3300 und Mhm. auf Insta über 460 FollowerInnen. Mhm. In dem Fall eine ältere Band. He? Mhm. Die Band hat auf Spotify etwa 230 monatliche Hörer. Alright. Death Metal. Also, die Band ist 1999 gegründet worden. Ah, Und die Band hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Death Metal aus Bern. 19. mit Wikipedia-Eintrag. Genau genommen, sie sagen, sie kommen aus Sisikon. Und der Bandname heisst übersetzt so viel wie verunglimpft. Was ist das? Verunglimpft? Das kann ich dir jetzt nicht auf Englisch Ah, sagen. nein. Kannst du auf Spanisch sagen? Ich kann dir sonst erklären, was man macht, um etwas verunglimpfen. Alright. Leichenschändung ist zum Beispiel so etwas. Aha. Schön Ja, wirklich ein tolles Beispiel. Nein, wie ist das denn mit dem Podcast ist family friendly? Also etwas Illegales machen? oder? Nein, wenn du etwas quasi schändest, so ähnlich gesagt. Ja, Ah. ja, aber es ist ein weniger starkes Wort. Weniger stark wie Und- Schänden. Ja. So, du tust nur so ein bisschen Also Brüste. eine Leiche von Unglimpfen, da wird man schon, das wird man nicht so sagen. Man sagt Leichenschänden, genau. Von Also, Unglimpfen sind eher kleinere wenn sie- Sachen. Leichen verunglimpft. Wenn du bei der Leiche nur eine Brust anlangst und nicht Alright, reinhebst. Oh Aber- Gott, wie sind wir Gott, da ey. angekommen, Ach weißt du Scheiße, Einfach Mann. Das geht bei mir Alright. alles recht schnell. Aber habt ihr eine Idee? Also, Death Metal Bands von Bern. Fangen wir Genau. da mal an. Was gibt es in Bern für Death Metal Bands? Brian, wo bist Ah ja, Death Metal, da kann ich wirklich wenig. Ricky, wo bist Jetzt, du? jetzt eine Live-Schaltung, der Brian, wer das wüsste, wenn ich noch spannend. Ja, welchen Joker wollen wir brauchen? Telefon-Joker? Brian. Warte, wo ist mein Handy? Nein, schon easy. Alright. Nein, was- sonst lösen wir auf. Weil Death Metal, muss ich sagen, Kennst du alle? Offensichtlich nicht. Nein. nein, aber Fang mal A bei A. letztes Mal habe ich gesagt, wo singt noch der Sänger von Vorax? Der singt ja wie grosse Death Metal Band von Zürich. Fuck ja. Den Namen vergiss ich immer. Fängt Ich mit, kenne eine grosse Death Metal Band von Bern. Sie steht da. Sie fängt mit D an. Der
Sag einfach, Ich finde es mega assi, dass wir eigentlich nur noch den Ricky anschauen. Das ist eigentlich das ist voll okay. Also, etwas Schande. Komm, soll ich es auflösen? Das Warte, ist doch ein bisschen lang, oder? Die mir nicht. Die mir nicht. Nein. Die mir nicht. Alright, wie heisst sie? Disparaged. Ah, Disparaged. ja, auch noch nie Disparaged. gehört. Nein, da hätte aber nie gekommen. So, Alright. Aber Liebe ich muss Sch- in diesem Fall wirklich auch noch einwerfen. Also, wenn wir jetzt hier wieder sitzen, ich hätte eigentlich absolut gar keinen Plan. Ja. Liebe Schweizer Metal-Szene, ich entschuldige mich bei allen. Es tut mir leid. Ich bin der grösste Poser. Ich mache den Podcast trotzdem noch weiter. Hey, wenn es eine Punkband wäre, dann wäre ich gefickt im Fall. Ja, das, Ja, ja. das sind wir eben hure schlecht. Wegen dem halt, also, Ja. Wobei, also, speak for yourself, beim Punk wäre gut. nein, ja, okay. Also machen wir den nächsten, machen wir. Ja, die nächste und letzte Band haben wir. Sie kommen aus der Westschweiz, aus Yverdon. Henry B. Was? Nein. Nicht? Nein, Ah, Henry. nein. Nein. Es gibt noch eine andere Band aus Yverdon. Hat 3 Mitglieder. Hey. Mhm. Es haben auf Facebook 6700 Follower rein und auf Insta etwa 1500. Mhm. Da steht, sie spielen Instrumental Progressive Metal. Ich finde es extrem schwierig, ihre Musik in ein Genre zu packen. Ja, das ist das, was ich sage. Ja, ja, das Instrumental. passt wahrscheinlich schon. Das kommt ganz gut an. Letzte Woche haben sie einen neuen Song gedroppt. Der heißt Wisteria. Sehr geil. Mit einer Synth-Gitarre, wirklich nice. Oh. Also, Hast wenn du ihr den nicht komplett gehört habt, abgehängt, Ich probier's, aber ich, hey, ich bin draussen. wir haben sogar bei IMS repostet. Wie die Kids das würden sagen, ich bin lost. Lost. Okay. Und das sagen die Kids nicht mehr, das sagen die 22-Jährigen mittlerweile. Und Ja, jetzt der letzte große Die Hint. Insta. Mhm. Der Bandname hat einen Bezug zu Blumen. Zu Blumen. Ich habe noch einen letzten Tipp, der nicht auf der Liste steht, den können Sie uns nachher droppen. Wobei, ihr seht jetzt schon Ja. völlig lost aus. Alle, die Heuschnupfen haben, hassen es. Pollen. Ja, Alright. da einfach beide Aber die zählen. Pollen sind gut, Progressive kannst du schon. Sie haben selber so Hey, look. sagen. Da kann man sich ja wieder über Genre streiten. Alright. Nein, ja. kannst du nicht. Wenn die Band das sagt, dann ist das. Ja, Okay, gut, das gut. stimmt. Ja, was Schade. willst du darüber streiten? Es ist eh nicht schubladisierbar. Das stimmt. Genres sind eben Mhm. beschissen. Ja, gut. Ja, ich finde Genre Also- dann hilfreich, wenn du jemandem möchtest Musik erklären weißt, wo die Band nicht kennt. For fans Ja, ja. of. Ja, Finde ich genau. tausendmal sinnvoll. Ja, nein, das aber- ist schwer. Ja, Ich meine wobei, weißt du, wenn du, keine Ahnung, du beschreibst jetzt, sag mal, August Burns Red zu jemandem, wo August Burns noch nie gehört hat, dann kannst du sagen Metalcore, damit du kannst du schon mal Jo, die gehört ja. haben. Und dann sagst du wie Parkway Drive, wie Okay, fair. Asking Alexandria und. Oder Ja, dann gut, kannst du ja, noch ja. Referenzen Voll. machen. Progressive ist eben der Unterschied zwischen Periphery und Dream Theater. Also das ist so wie. Ja, das ist eine mega Bandbreite natürlich. Ja, voll. Das ist Ja, ich meine, bei jedem schlussendlich sind wir grossen auch bei Genre so. Polyphia gehört und sonst sind auch irgendwie da drin. Ja, schon Ja. stimmt. Und das finde ich jetzt bei Pollen nicht unlogisch. Alright. Aber das ist Ja. ein sehr cooles Game. Ja, was eigentlich der Einstand gesehen? Du Also hast das, einen Punkt bekommen, du hast 4K, irgendwie sowas. 4-1, wenn man Nicht das schlecht. Poser. Geil. Ja, aber wir haben einiges herausgefunden, wo wir, glaube ich, selber auch drüber gestolpert Ich hatte keine wären. Ahnung gehabt. Mhm. Ja, es sind Ja. immer die guten Sachen gewesen. 5 Bandmitglieder. So, ja, welche Band haben nicht 5 Bandmitglieder? Es sind erstaunlich viele, die nicht 5 haben. Mhm. Ja, aber es sind eben auch erstaunlich viele, die 5 haben. Es sind einfach erstaunlich viele Bands. Ja, Ja, das ist wahr. Hören wir Das uns, ist ja. wahr. Voll. Ja. Ja. Merci sind ihr bei Metal Serie. Nein, ich würde sagen, sind wir noch nicht fertig. Nein. Nein. Nein, Okay. okay. Dings. Jetzt kommt die zweite Fragerunde. Voll, genau, ja. Jetzt fangen wir Jetzt wieder sind wir an. wieder eingewärmt. Jetzt kann es losgehen. Jawohl. Voll. Also, was sind die schlimmsten Sachen, die ihr in ihrem Profil gesehen habt von Bands? bis Oh. jetzt? Am Joel sein Profilbild. Ah, jetzt gehen wir gerade rein. Hä? Das ist wirklich Das Schlimmste, was gemein. wir gesehen haben im Profil von Bands. Oder was für Fehler sollten die Bands vermeiden, die ihr gesehen habt? Ja, wobei, das sind unterschiedliche Fragen. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen subjektiv. Also, beziehungsweise man kann das subjektiv und objektiv anschauen. Ja. Und da muss man schon differenzieren. Ja. Ich glaube, was wir bei uns im Podcast immer wieder sagen, und ich packe jetzt einfach ein paar von diesen Sachen aus, Grid-Posts. Mhm. Hört auf mit dem. Never again? Kann ich ein bisschen besser mitleben, wenn es gut gemacht ist. Genau, Aber finde ich auch eben. Nonsens. Ist nicht Ja. für das konzipiert. Also, da meine ich, man kann es objektiv und subjektiv anschauen. Subjektiv finde ich es doof, objektiv macht es wenig Sinn oft. Ja. Also was ich absolut hasse, das habe ich letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, gehabt, Bilder, die als Video gepostet werden, ohne Ton, egal was für einen Inhalt, finde ich einfach nur dumm. Mhm. Das regt mich einfach das Prinzip auf. Ja. Videos ohne Thumbnails macht mich Ja, die wahnsinnig. schwarz sind, finde ich Ja, auch, das ist ein schwarz. absoluter Fehler. Oder auch einfach den Bildausschnitt nicht ausgewählt, weil dann habe ich ein Video im Feed oder halt im Feed vom Profil, also im Grid, und ich sehe einfach irgendwie einen Arm. Und ich so, okay, also es macht mich gar nicht so an.
Ja. Ich möchte eigentlich keine Arme anschauen jetzt. Jetzt wären es mehr. Ja, vielleicht. Aber Genau. so rein, eben, das ist das Erste, was man immer sieht, das sind ja Bilder im Prinzip, bevor man dann den Text liest. Ja. Das heisst, ich würde mal die Bio sowieso ausklammern, Also dass man muss jetzt verdammt kurz- viel beschissenes Zeugs gesehen. Wir reden jetzt von Instagram, weil das glaube ich Ja. unsere Ja. Heimatplattform ist. Aber das ist nicht, wenn man jetzt zum Beispiel das auf Posts bezieht oder so, oder auf Anzeigebilder, dann zählt das genauso für Facebook oder für TikTok oder weiß ich. Ja. Ja. Was ich persönlich wirklich ganz schlimm finde, wenn ich hardcore Augenkrebs kriege, sind so die voll übersättigten, viel zu kontrastigen Bilder von irgendwelchen nichts aussagenden Situationen, wo irgendjemand eben zum Beispiel ein Bier trinkt und dann drüber noch so eine Standardschrift. Oder was ich auch beschissen finde, wenn ich herausfinde, was für eine Schriftart für ein Bandlogo verwendet worden ist. Also nehmt euch bitte wenigstens die paar Minuten Zeit und verändert die Schrift noch ein bisschen. Aber Das sieht nicht aus Nein, wie so das eine ist nicht eine Standardfont. Aber es Standardschrift. gibt, hey, schau, das beste Beispiel Lamb of God ist einfach Ja, das macht Papyrus immer weh, das tut Font. mir Geh weh. mal im Word ein Lamb of God und anders auf Papyrus, das ist das Was? Lamb of God Logo. Geil. Oder die Emmett Affliction haben auch so eine Standardfont, aber ich weiß gar nicht, wie die heißt. es gibt auch Schweizer Bands, die Standardfonts Ja, ja, klar. Und es gibt ja die Tendenz, gerade glaube ich, im Metalcore, auch, wo man dann wirklich so zurück auf so Arial-Scheiße geht, wo dann einfach nur noch so. Ja, halt Emmett Affliction. Ja, eben, aber dann frage ich mich auch so, ja, also, wenn ihr einfach nichts falsch machen oder so, wenn ihr nicht anecken oder sind ihr langweilig oder. Also ich warte bis. Ich glaube, ein cooler Trick, wenn du eine Grindcore-Band bist oder so, nimmst du einfach die alte Windows 3D, nein, Word 3D-Schriften, Ja, voll. oder? Ja. Wo immer die Präsentationen gehabt hast und nimmst das einfach als Logo. Blaue. Oder eben, es gibt dann Ausnahmen, wie zum Beispiel Schrecklich. Exorbitant Prices Must Diminish. Wenn das aussieht wie der Schriftzug, Das ist finde ich es voll fair. Ja, Das das ist ist echt Ja, geil. fair. Ja. Durchaus. Wie heisst es? Party Cannon. Ah, stimmt, Aber es ja. ist nicht auch geil. Das Party fällt mir Cannon cool ist auf. aber rein marketingtechnisch absolut genial. Wenn du irgendwie ein Festival-Shirt hast von Party Sun, nehmen wir jetzt Ja. das Beispiel, und du hast einfach Das sticht mega raus. 20 Geprügel-Bands, alle mit Splatter-Logo, alle in weiß und dann Party Cannon bunt, easy leserlich. Die beste Werbung. Also ich mache eine gratis Werbung für Toys R Us. Ja. Vielleicht sind sie ja Ja. quasi. Also, aber das ist ein guter Punkt. Weil Oder jetzt gestern eine sind wir. kurze Frage. Gibt es Toys R Us noch? Das bin ich mir ehrlich Keine gesagt nicht sicher. Ich Ahnung. glaube im Fall nicht. Hat es das überhaupt in der Schweiz mal Ja, gegeben? das Oder hat's in gegeben. Europa? Da im wirklich? Shop in Spreitenbach vorher hat es gegeben. Aber ich glaube, okay. also sicher in der Schweiz, habe ich gemeint, gibt es es nicht mehr, aber weltweit weiß ich nicht mehr. Nein, aber das ist mir gestern aufgefallen, weil wir haben gestern am Thrash Metal Konzert von Comaniac, haben wir beide die gleichen Shirts angeschaut. Wir haben den Longsleeve angeschaut, der weiß war mit schwarzen Ärmeln, aber das ist wieder 3/4, ist blöd. Ja. Und nachher der lila Shirt von Teutonic Explorer. Stimmt. Und alle anderen sind eben schwarz gewesen, mit Ja. Schrift und Artwork. Und wir tendieren Die haben auf wir das gar nicht zu gehen. angeschaut. Genau, Absolut gar absolut nicht. nicht. Keine Sekunde haben wir Genau, mit diesen Shirts genau. verschwendet. Weil es einfach anders ist. Und irgendwie, das finde ich auch so. Bands haben mehr pinke Shirts und lila Shirts. Da habe ich- Wobei, die Phase haben wir ja mega gehabt, sorry, so die Metalcore 2010er Phase, wie Battle the Brave of Bots, Ja. der Yes. Devil's Brother, Asking Alexandria, alle haben die bunten Shirts gemacht. Aber und vor allem mit irgendwann- der Prince natürlich nicht. Die Shirtfarbe zum Teil auch. Doch, stimmt. doch, die Shirts sind auch bunt stimmt schon. gewesen. Ja, stimmt. Breakdown-Shirt von WeButter ist ja grün. mit den Entli, Also ich das ist lieb's. so gut. Legendär, oder? Aber irgendwann ist das ein bisschen übersättigt gewesen und heute ist man, also man kehrt nicht zum Schwarzrock, heute ist eine Mischung, hätte ich gesagt. Ja. Kommt immer ein bisschen aufs Genre drauf an. Ja, vor allem, das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja vom Motiv her dann meistens auch noch so ein bisschen comicartig oder lustig oder so gewesen. Ja, Und voll. es gibt inzwischen wirklich viele Bands, eben jetzt Abyforce beispielsweise oder Polyphia auch, wo ja dann, sagen wir mal, spezielle Shirtfarben nehmen, aber gleich das richtige Seriös. Logo und Genau. einfach auch. Und das ist, wir haben uns das selber letztes keine Band und das ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Der Merch kaufen bedeutet immer eine gewisse Investition Ja. und du musst verschiedene Grössen haben und du musst dich können verkaufen. Und wenn du drauf sitzen bleibst, hast du das Problem, jetzt haben wir noch 50 S und noch 20 M und wir müssen aber eigentlich nur XL haben und eigentlich wissen wir aber nicht wie viel und dann wird doch wieder das andere gekauft. Wir haben eine Siebdruckmaschine gekauft. Geil. Wir machen auf die Shirts selber in mega kleinen Auflagen und entscheiden immer spontan, machen wir jetzt ein Set von 10 pinken Shirts mit weißem Druck oder machen wir 5 graue Shirts mit einem roten Druck oder das gibt eine hohe Flexibilität Ja, und ja, du extrem. kannst halt, du musst nur T-Shirts nachbestellen, du hast deine Sieb und es ist wirklich kein, also, Habt ihr es selber gebaut oder habt ihr einen gekauft? wie meinst du selber gebaut? Weil du kannst es selber bauen zum Druck. Aha, nein, die Maschine haben wir nicht selber gebaut, wir haben einfach die Sieb selber gemacht. Alright. Aber nein, es gibt also bei siebdruckversand.de, das ist halt jetzt
Es ist einfach ein deutsches Unternehmen, das so komplett Packages anbietet. Für relativ wenig Geld hast du dann wirklich Grundausrüstung. Und es ist eine gewisse Art, man muss sich reinlesen, man muss das ausprobieren, man hat einen gewissen Ausschuss am Anfang. Aber du holst natürlich die Preise für den Merch mega ab und du machst es exklusiver irgendwo. Ja, voll. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch für ein Shirt haben wir irgendwie 10 Stück gemacht und haben das so gepostet und gesagt, hey, look, wer hat Interesse? Und dann hast du die einfach schon safe verkauft. Jetzt machen die Limited Runs, das ist geil. Nicht einmal so bezeichnet. Aber gibt es halt jetzt immer so Drops, so Winter-Summer-Drops Genau. von ID, die exclusive sind und dann gibt es die nachher nie mehr. Das ist eigentlich eine gute Idee, haben wir noch nicht Ja, Lorna macht das recht cool und sie machen dann aber auch wirklich coole Sachen. Also wirklich schön. Aber das merkst du auch bei den Bands, die denken eben in unternehmerisch. Oder wie Brand of Sacrifice auch. Ich glaube, die leben viel mehr vom Merch als von der Musik natürlich. Ja, die bringen wie so Kollektionen aus eigentlich. Offline davon geredet, dass der Sänger eben seine eigene Brand von Merch hat. Ja. Shibuya, Fred. Ja, genau. Shibuya, irgend Genau. sowas. Mit wem haben wir das letzte davon gehabt, dass Welsh is Sleeps eigentlich eine Marketingagentur ist und nicht eine Band? Mit dem Sven? Ja. Stimmt. Vielleicht. Ja. Mhm. Ja, eben so Bands, eben so Bring Me the Horizon auch und Welsh is Sleeps. Das sind meiner Meinung nach sind das Marketingagenturen, die eine Band haben. Ja, voll. Ja, mit dem Sven haben wir auch recht viel über Marketing geredet. Ja, das ist lustig. Ja, also ich muss sagen, mich interessiert mittlerweile mehr über Marketing zu schnurren, als über, was für Nikolaiser nutzt du und was für ein Kompressor. Ja, das haben wir auch schon durch. Wir haben schon, genau. Also jetzt ist einfach so, ich weiss, jeder kann mit jedem EQ-Kompressor etwas Cooles machen. Ja, man muss sich ja vor allem irgendwie anpassen an das, was um einen herum passiert. Es ist halt viel relevanter geworden. Du musst präsent sein in den sozialen Medien. Wenn du eine Band bist und sagst, scheiß auf das, wir sind voll gegen das. Und so. Ja gut, dann lässt dich einfach niemand, vergessen. Ja. Spotify ist das gleiche Problem, oder? Spotify ist ein scheiß Unternehmen, wenn man es ehrlich sagt. Aber du kannst schon nicht drauf. Aber ich finde, Spotify ist eigentlich ein Plakat für dein Merch. Also wenn du wirklich so willst als Ziel setzen, ein bisschen Geld mit dem zu machen, das ist einfach dein Plakat an der Autobahn, wo einfach steht so wie, hey, check mal die Musik aus und nachher kannst du gerade auf Merch zum Support. Irgendwie so, weil am Schluss verdienst du nicht wirklich viel mit Spotify. Ich meine... Nö, ich verdiene mit Spotify. Ja. Aber du musst Spotify haben, Klar. weil das wird einfach von allen erwartet. Und das ist auch so eine Hürde, das ist etwas, was wir bei uns im Podcast mega oft ansprechen. Du musst die Hürde extrem tief halten, weil du verlierst mit jedem Klick, mit jeder Hürde Leute. Und wenn du jetzt sagst, hey, da neue Musik, aber geht's nur auf YouTube, zack, du verlierst. Absolut. Nein, das kann ich nicht schätzen, sicher 60%. Weil wer macht sich die Mühe auf YouTube? Dann kannst du YouTube das Telefon nicht sperren, du hast YouTube Premium oder? Nein, keine Chance. Dann du musst Spotify haben. Jedes Mal, wenn ich ein neues Musikvideo geschickt bekomme und ich nicht ein Musikvideo schauen will, weil es nicht Electric Callboy ist, sehe ich, welcher Song das ist und ich mache auf Spotify. Ja. Also, da habe ich sonst einen kleinen Rant. Und zwar, das Thema ist, mir redet immer wieder... Weißt du, ist es ein Quick Rant oder ein kleiner Rant? Vielleicht ist es ein Quick Rant. Oh, wir können es gar nicht spielen. Wir sind nicht weiß. Schick mal gerne, ja. Jawohl! Absolut. Aber dann musst du jetzt ranten. Wenn er noch ein Yeah irgendwo drüber hat, dann müsst ihr jetzt einfach irgendetwas sagen, was er nicht sagen. Oh. Nein, dann muss ich suchen und editieren. Ja, nein, also ich finde, wir reden oft, dass wir gerne mehr Podcasts sehen und so in der lokalen Szene, oder? Weil ich finde, es würde profitieren, wenn ein Podcast hättest in Solothurn, einer in Uri, einer in Thun, oder nachher können sich Leute austauschen, Gäste und so, wirklich coole Netzwerk machen. Und eigentlich gibt es Metal-Online-Radios, aber fuck me, ist die Accessibility einfach zum Kotzen im Fall. Und das finde ich so etwas wie... Alright, Radio ist sicher mal relevant gewesen, ist es immer noch, vielleicht nicht für Metal so viel, aber ich finde, der Content ist da raus, oder? Wenn deine ganze Sendung nur auf Soundcloud oder so skurrile Podcast-Apps, dann finde ich so wie, Leute, warum setzt jetzt nicht auf Spotify, YouTube, überall, oder? Du hast, also erstens, Radios, wo die Sendung nachher nicht online stellen und nachher mit deiner eigenen Zeit hören, sie können sich gerade ficken im Fall. Also das ist fucking blöd. Ich meine, wer macht das? Und ich so Bro. Leute, die das andere nicht kennen. Also, es besteht bei vielen Leuten so eine gewisse Angst vor sozialen Medien. Da zähle jetzt Spotify unter anderem auch ein bisschen dazu. Ja. Und ich glaube im Fall wirklich, das ist so manchmal eine Altersfrage, habe ich das Gefühl. Und es gibt, glaube ich, dann schon gewisse, die sich dann trauen, den Sprung in das kalte Wasser zu machen und es dann vielleicht machen. Ja. Aber halt auch so oldschool, weißt du? Das ist ja bei der Musik genau das Gleiche. Ich meine, wie viele Bands gibt es, die sagen, wir machen keine Samples, das ist scheiße, das braucht es nicht. Vielleicht haben die einfach zu viel Respekt vor dem, oder keine Ahnung. Aber, aber was ich damit rede, ist eigentlich, also ich finde es erstens schade, weil der Content ist da, sie sind
am supporten, aber sie limitieren die Reichweite so sehr. Also erstens, wenn eben nur, ich verstehe schon einerseits das Thema wegen, weißt, es macht speziell, wenn du nur am 7 Uhr kannst hören und dann ist es wirklich eigenartig und so wie, alright, cool, aber damals muss ich arbeiten. Und dann ist es irgendwie, alright, sagen wir, das ist mal das Thema. Wenn du das machst, hey, du verlierst so viel Potenzial. Zweitens, wenn du eben diese Dings trotzdem online stellst, aber nur auf Soundcloud oder so etwas, dann finde ich es schade, weil, ganz ehrlich, ich kann nie Soundcloud, oder? Und ich bin immer auf Spotify, oder? Ich könnte hören, hey, das wäre mega cool. Und ich finde, weil wir haben auch gestern mit einem geredet, der ein Radio hat. Wir haben auch den Bruder vom Blitzableiter. Ja. Haben wir gesehen? Radio Blitz, Migo, ja. Das ist ein cooler Sicht. Und dann finde ich so, es ist mega schade, weil es ist nicht nur Social Media, oder? Sondern einfach auf der Plattform, wo kannst du nachher hören, wo alle eben Zugang haben, oder? Und und übrigens, du kannst eben auf Spotify schon Musik abspielen. Du musst einfach du kannst das machen mit Reden, Musik reinfetzen. Du musst einfach ein VPN schalten auf den USA, aber in der Schweiz ist es eigentlich nicht möglich. Also, aber darum sehe ich das Problem mit der Radiosendung auf Spotify. Weißt du, was das für ein Pain ist, um die Scheiße online zu kriegen? Klar. Und wenn du schon also ich glaube, eine Radiosendung machen ist sau viel Aufwand. Und wenn du das noch zusätzlich musst, ich würde es ehrlich gesagt auch nicht machen. Aber wenn du es einmal gemacht hast, dann hast du einfach schon mal den Flow. Und ich meine, wir haben auch, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann haben wir es an dem Tag, am 12 Uhr am Abend, ist schon alles online. Aber eben, ich habe dich. Ich selber hätte das nicht. Aber das haben wir zum Beispiel. Da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem, wie passioniert bist du, wie viel Zeit, wie viel Energie. Ja, und auch wie qualifiziert. Ja, natürlich. Aber das Thema ist, wenn du schon die Zeit nimmst, um das Ganze zu machen und weißt, welche so wöchentliche Shows und so Zeugs, weil Content ist da raus, wegen ein bisschen mehr Aufwand, um nachher wirklich die Reichweite maximieren, finde ich so wie. Aber der Content muss schon stimmen. Ich glaube, Radio hat vielleicht ja auch mehr einen Bezug zu Aktualität oder zu aktuellen Sachen. Mhm. Gut, gewisse Podcasts sind natürlich auch gebunden an eine gewisse Zeit und so, aber also was vermisst du denn? Wenn du jetzt sagst, du würdest geil finden, mehr Podcasts, ich habe das Gefühl, gerade wenn man es jetzt mal eingrenzt auf die Schweizer Metal-Landschaft, ich habe das Gefühl, es ist relativ schnell abgrast, was jetzt, weißt du, dass nicht alle vom Gleichen von schwätzen, meine ich. Also was vermisst du denn? Aber ich meine, zum Beispiel, ich würde gerne hören, zum Beispiel von einem Gast in einem Podcast von Solothurn, den ich nicht kenne, oder so, alright, kenne die Band nicht, hören mal, wie die Leute sind und so, da finde ich schon spannend, weil in der Szene gibt es mega viele kleine Miniszenen. Ich meine, Basel-Szene, weißt, da bin ich noch gespannt zu fragen, wie es, wo du angefangen hast, in einer Szene zu spielen, oder? Und nachher, du hast eben die lokalen Bands, die dort gespielt haben, eben in Zürich ist halt im Berg 21, im Ebri, seit es Ebri gibt natürlich, und so, und was für Bands die dort gespielt haben. Und ich weiss noch, als ich angefangen habe, so mit 16, 17 in der Szene, ich weiss, so Silent Circus ist sicher ein grosses Vorbild gewesen. Und lustigerweise, ich habe Silent Circus zum Beispiel entdeckt im Proberaum von Broken Fate. Das ist ganz lustig. Und ja, einfach so die zuerst mal klein anfangen. Oder wie hast du einfach so unter dem Schrank gefunden, oder? Ah. Nein, das ist übrigens kurz erklären. Hast du das gewusst? Das ist die Zeit gewesen, wo das Syndrome noch bei denen Gitarrist ist. Genau. Was bei Silent Circus? Ja. Lustig. Voll. Und der Syndrome habe ich nachher als Feature gehabt, mit dem ich dann List. Ah, wirklich? Ja. Der hat unsere erste EP gemacht. Scheiße. Ja. Ah, geil, Mann. Er hat uns auch mal einen Song Also ich sehe, man kann effektiv nicht mehr Podcasts haben wie unsere drei, weil ja, weißt, es wird sich sehr schnell extrem anfangen überschneiden. Ja, und etwas Wichtiges ist ja, das ist ja genau das, was ich vorhin erzählt habe von IMS, wieso dass es die Plattform gibt. Den Plattformgedanken brauchst du kannst ja nicht, wenn jede Band, sagen wir jetzt jede zweite Band macht einen Podcast, macht eine Folge, die sie sich vorstellt, das los niemand, weil die haben keine Reichweite. Ja. Dann macht es Sinn, ich not eben, so etwas wie wer blastet was zu haben, weil jetzt schwerpunktmäßig auch mehr Leute einladen. Genau, und das ist das Thema, dass sie nachher Leute aus der lokalen Subszene einladen und so viel mehr Content von den Leuten raus sind. Und dann können sich Bands, also wenn eine Band einen Podcast anfängt, eben andere Bands noch einladen und nachher baust du die Connection, nachher Konzerte aufbauen und Konzertreihen und Festivals machen und so. Und das, ich finde, das wäre schon geil. Du schaust es nicht einfach aus deinem persönlichen Ding an, dass du das willst, sondern mehr so, als es wäre ein grosses Ganzes nachher, aber könnte daraus kommen. Genau, und ich würde es auch hören, das ist das Thema. Es bedingt so viele Leute, die technisch Know-how haben, wo ich zum Teil bei Bands tue, dass sie überhaupt keine Musik machen. Weißt du, wenn du dann denkst, ja, also es ist, du könntest theoretisch ein Handy auf den Tisch legen und das machen, aber es gibt Bands, die das nicht fertig bringen, oder? Es braucht definitiv eine Passion für Broadcasting und ich meine, bei mir, ich höre praktisch nur Podcasts und eben,
weißt du, die ganzen Comedy-Podcasts, die du sagst, YMH, Legion of Skanks, Joe Rogan, weißt du, die ganze Netzwerk, alles dort. Ich höre die ganze Tim Dillon, fucking Tiger Belly, alle, der ganze Scheiß. Los, die ganze Garza-Podcast zum Beispiel im Metal-Bereich und der von Hatebreed hat auch einen Podcast, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Vergessen. Aber ja. Es ist einfach so, wie, da musst du schon eine gewisse Liebe für das haben, oder? Es braucht aber auch eine Passion, oder respektive du musst einen Antrieb haben, etwas zu machen. Es gibt einfach so viele faule Menschen. Aber es ist eigentlich auch gut, weil du brauchst immer mehr Leute, die konsumieren, als die produzieren. Sonst geht es gar nicht mehr auf. Dann hast du so ein Überangebot, das nicht konsumiert wird. Klar, ja. Also muss definitiv eine Passion, also bei mir ist es wirklich ein sehr cooles Hobby geworden, oder? Weil ich ja nicht genug Hobbys habe. Das kenne ich, das Problem. Ja, jetzt. Eben, und das würde ich mir gerne sehen, aber eben, da muss sicher. Und ich sehe eben, Leute machen eben Online-Radios und das ganze Zeug. Es gibt viele Moderatoren, die das gerne machen. Und ich finde so, wenn eben sie ihre Reichweite so limitieren, einfach wegen Sachen, wo zum Teil wirklich nicht viel Aufwand ist, oder? Finde ich es mega schade. Weil dann ist es so etwas, was ich konsumieren würde, oder? Als Consumer. Und ich einfach. Also ich hätte schon die Möglichkeit, zum so komische Website gehen mit einem HTML-Webplayer oder so. Aber ja, nachher mache ich es nicht zu und es hört auf Spielen und ich so wie, alright. Dann mach doch ein Tutorial, wie man das ankriegt, weil vielleicht ist das bei gewissen einfach schon nur die Hürde. Metal Server Tutorials, das gefällt mir. Jawohl. Yes. Das finde ich geil, wie sich das jetzt entwickelt. Das sind wir schon am Brainstorm. Ja, wirklich? Ja, das ist dann ein guter Plan. Aber weißt du, wirklich so, vielleicht ist nur das schon die Hürde, oder? Weil du musst dich ja informieren und wenn halt dann so der Funke kommt und jemand halt sagt, hey, schau, so machen wir das, mach doch das, bist schon mal einen Schritt weiter. Eventuell. Übrigens, wenn du irgendwie Interesse hast, schon einen Podcast anzufangen, so, schreib uns im Fall. Also wir geben gerne Tipps und so. Und geil, also Promo und so machen wir auch alles gratis und von uns selber. Also wenn ihr mal irgendwie findet, so, wir haben ein Konzert, könnt ihr mal einen Podcast-Shoutouten, einfach schreiben. Wir machen es gerne. Und Tipps und so geben wir auch. Oh. Uns können auch schreiben, wir machen keinen Shoutout im Podcast, wir schwätzen über technische Shit. Mhm. Nein, Ja. völlig Muss okay. wir machen etwas explizit gut oder schlecht, dann gibt es ja nachdem auch einen Shoutout, aber das bestimmen wir noch mehr. Oder ein Quick Rant. Also ihr macht Boah, schon... das wäre irgendwie schon mal ein Ziel, so von jeder Band einfach mal von euch gerantet zu werden. Das wäre Dann gibt es ja den Real Talk. Hey, wir haben uns das sogar überlegt. Das ich würde sagen, ihr habt Real Talk, aber ihr habt noch nicht Roast My Profile. Wir haben über das geschwätzt und ich habe das vorher, gefühlt vor 7 Stunden mal gesagt. Ich finde es voll beschissen, wenn man kritisiert und nicht konstruktiv ist. Aber mit Lösungsvorschlägen, genau. Ja, und das macht dann wieder macht es ein bisschen schwieriger, weil gewisse Bands machen es schon gut, dann gehst du in Details Sachen suchen, die du selber überhaupt nicht ansatzweise besser machst, oder? Oder auch nicht darauf ankommen. Und gleichzeitig das ist dann zum Beispiel eine Dienstleistung, das ist eigentlich ein Consulting, wenn du so willst, auf einer fast persönlichen Basis, wo ich jetzt persönlich nicht parat bin, einfach so zu machen. Ja. Weil das ist ein riesiger Aufwand, oder? Du hast viel Vorarbeit, du musst ja das analysieren, du musst schauen, was könnte man machen, du musst Konzept, wenn du willst konkrete Vorschläge machen, musst du Konzepte ausarbeiten. Und das ist dann schon in einer Liga, die natürlich nicht mehr so bewältigbar ist, an einem oben mit 2 Bierchen. Also, ja, schon. Das stimmt. Sorry. Nein, ist gut, hat sich Tu ein Brainstorm. Was gibt es für neue Segmente und Ideen, die man kann raushauen kann? Sei es IMS oder Metal Server. Ich finde Tutorials eigentlich cool. Habt ihr so mal... nein, ihr habt ja schon über Cheat Podcast Sheets... ist ein Tutorial. Ja, aber ihr habt schon mal über Cheat Sheets geredet. Ich habe mal angefangen, so einen Guide zu schreiben mit... eigentlich so ein bisschen zusammengefasst. Wegen dem haben wir dann... Aus dem ist der Podcast ein bisschen entstanden, auch die Idee. Werde ich aber nicht veröffentlichen. Und was ich auch schon überlegt habe, ist so ein Grundgerüst für Presskit. Electronic Presskit. Ja. Aber auch dort ist wieder, oder? Ich meine, wenn du ein White Paper willst, dann gibst du deine E-Mail-Adresse an, im Gegenzug kriegst du ein White Paper. Aber die haben dann etwas bekommen für das. Und es geht mir nicht darum, etwas zu bekommen für das, aber wenn es einen gewissen Aufwand übersteigt, dann muss ich, eben, du hast auch viele Hobbys, ich habe auch viele Hobbys. Ja. Dann investiere ich, glaube lieber etwas in meine Band mit dieser Zeit, als dass ich etwas mache, wo nachher nicht mal jemand Dankeschön sagt dafür. Kann man von dem schon schwätzen, von unserer Map? Das musst du entscheiden. Du bist so ein bisschen der Fahrer. Ja, ich glaube dass das wieder am Sterben ist. Es ist wirklich zu viel Aufwand. Ja, es ist extrem Wir haben angefangen, eine interaktive Map zu machen für eigentlich alle Schweizer Bands, die wir auf der Liste haben. Und Locations. Also, ihr habt mal angefangen jetzt schon nach einem brutalen Aufwand. Ja, vor allem, es schließt an das an, was wir vorher gesagt haben. Die Idee ist da, dass man dort Informationen hat zu Locations und Bands, wo man genau sagt, wo kommen die her, wie kann man die je nachdem erreichen, wo sind die aktiv, weißt, wie tönen die. Dass du letztlich, wenn du
Ich glaube, deine Motivation ist immer gesehen, wenn du spontan noch einen Local Support brauchst. Und Also wenn ich will wissen, was für Bands das in meiner Region letztlich kommen. genau, wenn du nicht mehr möchtest ein Konzert spielen, wo aber nicht mal bei dir daheim, also in unserem Fall jetzt Basel ist, sondern wir wollen irgendwie sagen, wir in Chur spielen, wer kommt aus Chur, mit wem könnte das funktionieren, oder? Dann kann man dort nachschauen und connecten. Ja. Das Problem aber an dieser Map ist, also das ist einerseits extrem aufwendig, aber andererseits ist auch da wissen, welche Band ist wo daheim, ist aktiv. Plus ist sie noch aktiv, ja. Genau. Eben, dann Wo hast du so viel komme ich an Recherche. Musik an? Das ist der extreme Aufwand für uns. Die Informationen zusammentragen, dass sie wirklich stimmen und aktuell sind. Das heisst, die Karte dann aktuell und up-to-date halten. Ja. Und das ist eben schon ein langes Projekt, wo der Roman und wir dann da angefangen haben. Aber ich weiß nicht, ob das jemals das Licht von der Welt wird erblicken, außerhalb. Ich habe das Gefühl, bis wir die fertig haben, haben sich die Hälfte der Bands schon wieder eben, das wäre auch so ein Punkt. Und das Einzige, was du machen ist, dass du irgendwie automatisierst, aber für das müsstest du dann auch wieder das Know-how. Und das vergisst er. Und was aber noch, darf ich das noch schnell einwerfen, was noch dazu kommt, ist halt, eben, wenn ich mir dann überlege, wie viele Bands sich wirklich Mühe geben und das halt als Hobby halbwegs ernst nehmen, eigentlich will ich den anderen, wo das scheißegal ist, denen will ich eigentlich gar nicht so viel geben. Weißt, ich finde es mega cool, wenn Bands, wenn man voneinander profitieren kann, wenn, keine Ahnung, Leute, die aktiv sind, die sich bemühen, die nett sind. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen eben die Metal-Family irgendwo, oder? Das funktioniert. Ja. Es gibt aber auch, es gibt leider viel mehr Leute, die einfach faul sind und nichts machen. Und eigentlich will ich denen nicht auch noch... Ja, hat das Open Hair Festival nicht mal einen Post gemacht, dass sie es cool finden, dass sich so viele Bands bewerben, aber es wäre doch schön, wenn man die auch mal irgendwo würde sehen und nicht nur einmal im Jahr, wenn es wieder ein einigermaßen ein kleines, grösseres Festival gibt, dass einfach 1000 Leute reinkommen und du das Gefühl hast, hey, ich bin letztes Jahr an 100 Konzerten gewesen, ich habe dich kein einziges Mal gesehen und wir hören die und ihr macht die Musik, die ich würde schauen. Also da muss ich schon sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich einfach durch den Podcast jetzt das Jahr mega mehr Aufmerksamkeit haben für das. Aber ich merke, dass es mehr so Local Festivals und lokale eben Showreihen gibt, oder? Was finde ich wirklich nice, wirklich sick, wie genau das wird dort gepusht, oder? Vorher, entweder habe ich nicht so viel aufgepasst, oder... Ich glaube, es ist das im Fall. Wahrscheinlich schon. Nein, ich habe im Fall schon das Gefühl, dass nach Corona jetzt plötzlich wieder die Lust gekommen ist und auch, dass man effektiv mehr macht. Gut, ja, das sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch mega viele Festivals und so Scheissdreck, so kleine Veranstaltungen einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, man ist ja auch sensibilisierter, oder? Wenn man von das aktiv suchen und man findet ja Zeugs, die eben, keine Ahnung, dass es Quiz vorhat. Da kommst du halt wirklich nur drauf, wenn du aktiv suchst, weil die machen ja nicht wahnsinnig viel, dass sie jetzt hier wahrgenommen werden. Muss man auch ehrlich sagen. Ja, das und das ist das, was ich meine. Früher ist das gesehen, du hast irgendwie, eine Band hat ja gefragt, hey, können wir mal bei euch spielen? Wir organisieren dann auch ein Konzert. Okay, look, das hat es gegeben, zum Teil hat das funktioniert und wenn du dann nachher nicht eingeladen wirst, ich kannst drauf gehen, die lade ich schon nicht mehr. Oder? Und das ist heute genau das Gleiche im Endeffekt. Wir sind immer noch die grössten Arschlöcher im Fall im Whiteout, weil wir sind immer eingeladen worden und wir haben nie etwas organisiert. Ja, aber wenn du nicht bist battlen, wenn du nicht bist battlen, ist nicht das Problem. Wenn du nicht angegangen bist und gesagt hast, hey, Show for Show, dann ist das kein Problem. Wenn dich einfach Bands einladen, weil sie das Gefühl haben, hey, Ricky will weiter bei uns spielen und du dann ja sagst. Ja. Aber das ist schon ein bisschen unspoken rule. Aber wir haben einfach nie etwas auf der Beine stellen, sonst hätten wir eine lange Liste zum zurückgeladen. Aber Hälfte von der Bands ja, aber eben, wie gesagt, du musst ja... Das ist gut. Genau, warten, bis sie sich auflösen. Weil sie zu wenig Auftrittsmöglichkeiten haben. Ricky, wie viele Band eigentlich wegen dir sich aufgelöst haben. Nein, aber das eben, wegen dem ist das auch mit dieser Map so ein Punkt. Oder wenn ich dann auch finde, eigentlich will ich das nicht, weil das ist das Gleiche wie, es ist verdammt frustrierend, wenn du mega viel Konzerte organisiert hast und nie wirst du von denen eingeladen. Gut, ich habe etwas Ähnliches gemacht, was ich cool gefunden habe, ist so eine Liste, wo ich Stories haben von Region Zürich, die Bands. Und ich glaube, das ist schon mal gut, weil das Problem ist, wenn du das sagst, um eine Map zu machen, ist einerseits entweder trägst du die ganze Daten ein in der Datenbank, oder B, du lässt das Leute ihre Sachen eintragen und nachher musst du filtrieren und moderieren. Not gonna happen. Und dann gibt es einfach Kacke und Scheiße und Trolls. Und das ist nicht immer das große Problem, dass Leute dann einfach ihr Profil irgendwie Blödsinn eintragen, sondern vielmehr, dass sie dann bei anderen Sachen gehen, bei anderen Bands, weil die mal irgendwie Beef haben oder sowas. Das kannst du auch über ein Formular machen, natürlich. Das wäre schon möglich. Ich meine, dort finde ich schon erstaunlich, wie gut Metal Archives funktioniert im Fall. Nein, das gar nicht. Aber absolute Müll. Da, jetzt kannst du einmal einfügen, Hurensöhne.
Aber ich muss sagen... Weißt du, wollt ihr ausführen oder ist das jetzt einfach so ein Nein, das müssen wir Nein, nicht. sie diskriminieren gegen Core-Bands. Absolut. Aber nicht gegen alle. Es ist mega selektiv. Ach so, Ja, und vor allem, sie haben auch irgendwann mal den Anspruch gehabt, sie den kommerzielle Bands, sagen wir jetzt wirklich grosse, nicht auflisten, aber dann trotzdem plötzlich ein Rammstein und so Zeug drin sind. Also sie folgen auch ihrer Linie nicht. Ja, nein, weil das Thema ist, also eben Core und so White, das habe ich auch versucht zu registrieren, geht nicht. Aber Demigod Unleashed, die sind sogar schneller gewesen beim Eintragen von meinen Singles als ich. Und ich so, wer ist das? Ja, aber das wundert mich nicht. Ich meine, mit dem Death Metal, ich sage jetzt mal Death Metal, wo Demigod Unleashed daheim ist, das ist halt wirklich immer noch so ein traditionelles Genre. Ja, genau. Und der ganze Chor, der Jungspund-Scheiß, das mittlerweile stirbt auch eh bald aus. Traditionsgenre. Ja, also wir haben in der Schweiz auch, wie heisst sie? Tamara? Ja, von Tamselberg. Tamselberg. Ja. Sie hat ja auch angefangen, Mhm. so eine Library eigentlich zu machen. Stimmt, sie hat unsere EP-Reviews. Das Traurige ist wirklich, schau, du Sehr siehst es ja ein bisschen, oder? Man hört immer wieder die gleichen Bands, man schwätzt immer wieder über die gleichen Bands. Das sind auf die Bands, die etwas machen. Ja. Und wenn die Hürde, eine Mail zu schreiben oder ein Formular auszufüllen, schon zu hoch ist für die Bands, dann haben sie ja verdient, dass sie nicht gesehen werden. Sorry, dann sind sie einfach zu faul. Ja. Und das ist ja auch schon eben, dort bei dem Story-Format, das du angesprochen hast, mit Noise Navigator. Ja. Wie viele haben uns nachher beleidigt geschrieben, wir haben sie vergessen? Ja. Und wir sagen, jo, das Hey, Ego. hallo, was haben die für Probleme? Das ist eh noch so ein guter Punkt bei EMS. Ich meine, wir machen das ja wirklich für die Schweizer Metal-Szene und auf der anderen Seite für uns, wie vorhin Und gesagt, alles ehrenamtlich. zum Ausprobieren. Ja, Definitiv. letztlich, wenn wir Ja. Bock haben und eine Liebe für die Szene und wollen einfach lernen und wachsen dran. Ja. Und wir haben Bands, die schreiben uns so, hey, wir haben eine neue Single, können das teilen? 1A, mega geil, machen wir mega gern, losen wir 3, haben wir Freude, oder? So soll es letztlich sein. Und wir haben Bands, die schicken uns kommentarlos. Einfach Einfach ein Post oder ein YouTube-Link. Und da muss ich jetzt auch einfach mal klar sagen, wenn irgendjemand euch dazu lässt, wird einfach komplett ignoriert. Ich komme noch nicht auf die rote Liste, so wie das nicht. Nein, aber ich meine, das ist Aber ja es ist anders auf einfach, den also, Post. Entschuldigung, Es in ist der egal- Schweiz es ist eine geile Karte. fragt man, sagt man bitte Danke und so. Das gehört einfach zum Mindestanstand. Und das ist eben auch das, oder? Ja, voll. Wo wir gesagt haben, wenn du eine andere Band anschreibst, oder? Dann fragst du lieb und bietest vielleicht im Gegensatz sogar mehr organisieren auch mal irgendetwas. Also definitiv Anstand und Höflichkeit Genau, bringt die viel das weiter. ist einfach das Mindeste. Ja, es geht ja nicht mal um Anstand. Also Anstand und Höflichkeit ist das eine, aber Es das ist andere ist Logik. so, was wollt ihr mit dem Huren Absolut. Post? So, was ist die Aussage von dem? Ja, eben. Weißt du, Ihr wie ich wisst das das verstehe? fragen wir Für mich uns ist als das nächstes. friss oder stirb. Aber etwas anderes verstehe ich da nicht. Ja, Also, aber keine das Ahnung. Ding ist vor allem, ihr wisst ja nicht, was sie wollen. Nein. Weil Nein, dann, logisch nicht. dann machst du einen Repost und dann kommt irgendetwas rein und fragt, ja, aber das haben wir gar nicht wollen. So, ja, dann heb doch Fresse. du Ja gut, Wichser. das haben wir noch nie gehabt. Nein, aber das, Nein. Ja, ja. das wäre so dann so die nächste Konsequenz davon. Ich muss aber fairerweise sagen, wir haben auch schon das krasse Gegenteil erlebt. Wir haben auch schon Bands erlebt, die ganz wirklich freundlich, sogar richtig offiziell gefragt haben, was das bei uns kostet, etwas zu reposten und so. Sehr herzig. Ja. In dem Sinne, eben, das wird dann mega gerne beantwortet. Das machen wir auch sehr gerne. Logischerweise alles immer gratis. Das ist klar. Das ist eben auch Das das gibt's ja Thema. schon auch. Das ist schon auch das Thema, weil warum wir eben das auch den Podcast angefangen haben. Weil ich habe mit dem Ego Unleashed eben das ganze Social Media Marketing getestet. Oder? Das war so mein Guinea Pig gewesen. Und dort habe ich einerseits probiert, weißt, Playlists, Placements und noch ein bisschen geschaut in YouTube Reaction Dings, aber nicht selber gemacht, weil ich gesehen habe, wie fucking teuer es ist. Mann. Hey, eine ganz kurze Zwischenfrage. Was sind deine Erfahrungen mit YouTube Reactions und mit Playlists? Kannst du auch ein bisschen erzählen? Das fand ich jetzt spannend. Also ich habe Playlisting ausprobiert. YouTube Reactions habe ich am Schluss nicht gemacht, weil ich gefunden, weil das Thema ist, natürlich, du gehst zum Beispiel mal die Reaction Channels schauen und du siehst die Reaction Videos von Bands, die grösser sind und die haben erheblich viele Views. Ja. Aber nachher musst du noch schauen, die Reaction Videos von den Bands, die eben klein sind oder nicht kennst. Und dann will ich sehen, alright, lohnt sich das, sich 200 Stutz zu zahlen dafür, dass 500 Leute das Video schauen und nicht reinhören. Ich glaube, und nachher siehst du, so, bei dem Video hat sie, keine Ahnung, 200'000 Views oder so, oder? Aber das ist nachher August Blues Red Reaction zum Beispiel. Ja. Und nachher, anhand von dem, habe ich schon analysiert und gefunden, so, alright, und nachher sie verlangen wahrscheinlich so 100 Stutz bis, es geht je nach Reaction-Video bis 500, bis wahrscheinlich 1000 Stutz gibt es sicher auch. Ja, garantiert. Garantiert. Und dann habe ich gefunden, so wie, ja, das lohnt sich weniger für mich. Und ich habe auch selber internalisiert, so wie, gar nicht überhaupt so Videos schauen und hören, eigentlich weniger. Oder? Amix, wenn der poppt in den Algorithmus, alright, cool, kann ich mal abchecken. Was sind meistens die größeren Videos, von dem her, habe gefunden, nein, lohnt sich nicht. Dann habe ich eine Playlisting gemacht und bei einer Playlist hat es sich wirklich gelohnt. Also,
einfach auf die Länge gezogen, weil sie einfach wirklich passioniert sind für das Thema. Und ich habe einmalig, glaube ich, 20 Stutz gezahlt oder so und sie behalten es auch für immer und ich sehe es immer noch in meine Dings. Natürlich so kann ich im Monat vielleicht so 30 Streams oder so, aber immer noch etwas, oder? Und das seit 3 Jahren. Ja, das ist eine Langzeitinvestition. Wenn du in dieser Playlist bleibst, das ist natürlich auch, wenn du es nur für einen Monat kaufst, musst du das anders rechnen. Aber dort haben wir wieder so einen essentiellen Fakt auch über IMS und über die Ursprünge und über das ganze Konzept. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht, das ist mal eine Idee, wir haben uns überlegt, macht es Sinn, wenn Bands uns Geld geben, wo wir 1:1 in Reach investieren von einem Post zum Beispiel. Macht aber keinen Sinn, weil auch wenn du die auf eine Playlist einkaufst oder Reaction-Videos eigentlich fast noch extremer, du hast logischerweise immer irgendeinen Share, wo die Person nimmt. Und du weißt nicht, was organisch ist von dem. Ja. Also einer, der Reaction-Videos aufladet, das kann sein, dass er 100% von dem kauft. Das weißt du nicht. Und das bringt dir nichts. Du kommst nicht bei den Leuten an, die das hören wollen. Und klar, es ist geil, wenn du in einem Monat 5000 monatliche Hörer hast auf Spotify. Das ist schon geil. Aber wenn es 2 Wochen später nicht mehr ist, dann bringt es nichts. Das wird ja nicht gelost. Und es ist ja nur eine Zahl. Ich möchte hier gerne noch anschließen, das ist definitiv ein valider Punkt. Was man aber auch muss sagen, und was das ist ein sehr basic Tipp, aber was viele Leute nicht durchschauen, sind kauf die Views, Klicks, Follows. Das haben wir auch schon angesprochen. Schon mehr als genug. Ja, aber ich komme jetzt drauf, weil es gibt zum Beispiel den Reaction-Channel Too Late Mafia. Ja, genau. Ja. Genau an dem habe ich gedacht. Darum, und das ist ein riesen Problem. Ich weiss, ich kenne 2 Schweizer Metal-Bands sicher, die bei diesem Reaction-Videos gekauft haben. Und da hat nur gekaufte Subscriber. Oder doch, Abonnentinnen heisst das, glaube ich, oder? Ja. Und das erkennst du mega simpel dran. Er hat irgendwie, ich glaube, das letzte Mal, ich geschaut habe, 600'000 Abonnentinnen gehabt. Das ist eine recht hohe Zahl. Weißt du, das hat so nicht genug da vor einem Jahr noch gehabt. Klar, und dann schaust du mal seine Likes, Klicks, Interactions und alles an. So ein Video hat irgendwie, 1000 Views. Genau. Und darum ist so, also das ist einfach letztlich ein Scam, ein Betrug. Und das musst du zuerst auch noch durchschauen. Genau. Darum ist das genauso ein wichtiger Punkt. Nicht nur, dass du ihnen Geld gibst, um letztlich, dass sie ihre Plattform wächst, was du daraus rausziehst, weiss man halt nicht. Nein, technisch ist es gar kein Scam. Es ist einfach frech. Ja doch, letztlich, du gibst ihnen Geld für nichts, weil du bekommst nichts zurück. Du kriegst keine Reichweite durch das. Die geben dir ja keine Garantie. Genau. Also das ist aber das ist die unausgesprochene Erwartungshaltung. Ja, klar, logisch. Du erhoffst dir doch natürlich, weil sonst wirst du dir ja nicht Geld geben, du erhoffst dir Reichweite. Aber im Business gibt es wirklich etwas Fake it till you make it und bei ein paar Leuten funktioniert, die das auch mit Bots anfangen und irgendwann konvertieren. Aber das ist das Thema, weil zum Beispiel Spotify for Artists ist so ein starkes Tool, musst einfach natürlich die Zeit nicht zu analysieren. Wie zum Beispiel bei der Playlist, zum Beispiel, da habe ich auch gemerkt, so wie bei ein paar hast du einen Bump bekommen von 1-2 Tagen, aber von denen ist nachher nichts geblieben. Also sind wahrscheinlich eben gekaufte oder Botplays gewesen. Und wo ich wirklich gemerkt habe, was sich lohnt, ist nachher eben Paid Advertisement in Insta und Facebook. Aber dann müssen einiges ausüben und probieren mit verschiedenen Zielgruppen. Ja, und vor allem nicht, du kannst nicht das Gefühl haben, dass du zum Beispiel für eine Playlist-Eintrag 100 Stutz zahlst und fürs Bewerben 10. Weil 10 Stutz bringen dir nichts. Ja, genau. Dann musst halt gleich, ich meine 40, 50 Stutz musst halt einfach obwohl, ich muss sagen im Fall, ich habe eine Zeit lang einfach pro Tag 1 Stutz gemacht. Also zuerst habe ich wirklich bei den Releases da definitiv nicht mal ein bisschen mehr in der Hand, da habe ich einmal so 50 bis 100 Stutz pro Tag bei den 3 Tagen genommen und nachher ganz langsam runtergegangen und ja, hast schon nachher in einem Monat 300, 400 Stutz rausgegeben für einen Release, aber von einer Single oder EP. Es ist auch abhängig davon, ob du selber Zielgruppe bestimmst oder ob du das Algorithmus machen lässt, weil wenn du sagst, Insta jetzt als Beispiel soll Zielgruppe quasi herausfinden, dann bringt es nichts, wenn du nur 1 Stutz den ersten Tag investierst, weil das muss ich ja können testen. Muss ja schauen, wo wird es angeschaut. Genau, also was ich gemacht habe, ist, ich habe definitiv eigene Zielgruppe gemacht, mit ähnlichen Künstlern zum Beispiel. Und ich habe gleichzeitig 3 oder 4 verschiedene Campaigns gehabt, die ich eben getestet habe. Damals habe ich immer nach Conversions gemacht, weil Impressions habe ich gefunden, lohnt sich nicht. Es hat sich aber einiges geändert in dieser Zeit. Ist vor allem sehr schwierig. Conversions extrem schwierig. Es ist genau in dem Zeitpunkt, wo iOS 14 war, wo nachher plötzlich Conversions nicht mehr so geklappt haben, weil du hast einfach nicht gesehen. Ist mal ein iOS-Update gewesen. Ich habe es auch, glaube ich, davon geredet mal. Glaubt, vielleicht. Weißt du nicht, das halt bei Android und iOS. Okay, ja. Aber es hat etwas mal gegeben, wo nachher Conversions nämlich gut messen.
Und nein, aber was ich nachher gemerkt habe, ist einfach nachher der am besten performt, den habe ich behalten, der ist noch nicht deaktiviert, und dann habe ich dort mehr aber ich habe gemerkt, dass zum Teil Campaigns mit zum Beispiel 10 oder 5 Stutz pro Tag besser gelaufen sind als Campaigns mit 20 Stutz pro Tag und so, und dann habe ich so gemerkt, so shit, right, diese Zielgruppe muss ich wirklich pflegen und so weiter. Und das Lustige davon ist im Fall, also ich habe es wirklich ein Jahr zum Beispiel durchgezogen und nachher eben irgendwann einfach 1 Stutz pro Tag, wirklich 30 Stutz pro Monat und voll easy. Ich habe es jetzt vor einem Jahr abgeschaltet, und ich habe immer noch viel von denen behalten. Und das Profil läuft immer noch auf 800 Streams pro Monat, oder? Und ganz ehrlich, amix bekomme ich habe ja erzählt von diesen komischen AI-Playlists, wo amix so einen Bump geben und nachher meine Artists like oder similar Artists irgendwie voll fickt, oder? Aber abgesehen davon, ich würde sagen, organisch habe ich immer noch 400, 500 Listeners behalten, oder? Und das siehst du nachher natürlich auch von der Anzahl an. Das ist mega technisch, sorry Leute. Dann ist das Targeting einfach gut gesehen. Als Targeting, du siehst, es ist in der Players own, also ihre eigene Playlist und ihre eigene und mein Profil ist wirklich so minim, oder? Weil ich mache jetzt kein Marketing. Und das ist schon mal etwas, was sich wirklich gelohnt hat. Ist natürlich viel Aufwand und du musst vieles selber lernen, oder? Und eben, du hast es probieren und dein Facebook-Account ist banned worden. Ja, das habe ich aber auch schon erlebt. Das ist im Fall zum Teil nicht nachvollziehbar. Ja, aber es ist, seine Zielgruppe kennen, ist, ich meine, wir haben eine ganze Folge mal über das Thema geredet. Das ist extrem wichtig. Ich habe gerade letzte, es hat nichts mit Musik zu tun, einfach bei einem Freund von mir, der hat etwas bewerben auf Facebook und Instagram. Und ich habe gefunden, es ist irgendwie nicht so gelaufen, hat er glaube 35 Stutz investiert, so mehrfach nicht gelaufen. Und dann habe ich das einfach mal mit ihm zusammen überflogen und er ist eben auch, macht das so selber einfach ausprobieren. Und dann haben wir recht schnell gemerkt, so die Zielgruppe ist aus irgendeinem Grund für USA definiert gewesen. Und sie hat eigentlich anvisieren Schweiz und so grosse europäische Städte. Und dann ist natürlich, hat nichts gebracht, die Werbung letztlich. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Kennt deine Zielgruppe, überlegt dir, wer möchtest du ansprechen. Und das fängt, sorry, noch ganz kurz, im ganz kleinen Rahmen fängt das ja schon an, wenn du ein Konzert in der Schweiz spielst, oder? Und du kommst aus Zürich und du spielst in der Westschweiz, oder überlegst du, okay, ich mache die Werbung auf Französisch oder auf Englisch zumindest. Also muss man schon sagen, Cost per Klick in der Schweiz ist hoch. Schon. Aber ich meine, da habe ich auch weißt du, damals habe ich mega viele YouTube-Videos reingezogen und so Scheiß, wo welche Länder sollst du vermeiden, um eben nicht in diese Bot-Farms reinzukommen, oder wo nachher alle deine Klicks übernehmen und absolut nicht relevant, oder? Aber es ist mega spannend, aber es ist sehr viel, wo du musst reinziehen musst. Ja, eben, und das ist auch wieder das Gleiche. Du musst nicht irgendwo auch die Fehler machen, um es mal zu sehen, die Stats und so. Und dann musst du die Stats anschauen. Wenn du sie nicht angeschaut hast, musst du auch Fehler machen, dass du es eben nicht angeschaut hast. Aber auch mit dem in der Schweiz und so, der Markt ist klein. Wir sind eine kleine Szene und du hast halt, eben, keine Ahnung, wenn du das jetzt wirklich im grossen Stil auf Insta willst selber bewerben, dann ist die Zielgruppe schnell zu klein für das. Oder dann musst du irgendwie Richtung Deutschland. Was auch absolut Sinn macht als Schweizer Band, meiner Meinung nach. Oder dann machst du es eben wie Selfless Breath und suchst einen Markt, der halt eben nicht schon voll beladen ist, oder? Gut, was ich aber interessant finde, weil wir gehen eben auch zu grösseren Konzerten und siehst, wie viele Metalheads eigentlich in deiner Region gibt, oder? Und wahrscheinlich viele von denen hören vielleicht nicht so viele lokale Szenen, beziehungsweise haben einfach nie der Reach hat denen nie, also der Reichweite hat denen nie packt. Ja, ich habe das Gefühl, viele von denen, die ins Hallenstadion oder in die Hall gehen, sind halt einfach auch eher so Casual Metal hören. Klar. Weil so, du kannst die Leute ganz sicher nicht mit uns vergleichen. Ja, aber wir sind auch mal irgendwo reingerutscht. Ja, stimmt, das stimmt. Also, du kannst die auch reinziehen mit dem. Natürlich. Die haben ja das gar nicht auf dem Radar. Ja, das stimmt, aber ja, das stimmt schon. Aber nachher, das Thema ist, ich sehe so ein Potenzial in der Schweizer Szene, es könnte irgendwann so die Gothenburg-Szene werden, oder? Wo wirklich nachher bekannt ist. Oder es braucht natürlich eine gewisse Vernetzung, eine gewisse, weißt du, es muss auch eine lebendige Szene sein, oder? Und ich habe das Gefühl, so Sachen wie Podcasts, wie EMS, wie die eigenen Festivals und so Scheiß, dass wirklich der Blut oder der Herz hinter dem, kann ich wieder so Herzblut. Genau. Und ich sehe, also jetzt, wo wir eben den Podcast angefangen haben, sehe ich das auch mehr. Und es hat mich auch überrascht, wie viele Leute überhaupt reinhören. Weil wir machen jetzt keine Ads für den Podcast oder so. Und ich kann... Außer, dass wir ihm Kleber geben. Ja, stimmt, ja, ich kann es jetzt oben hinlegen. Nein, ich kann es ja selber hinlegen. Stimmt. Und wir haben es schon mal ein paar Mal im Podcast gesagt, aber wir
werden mehr angeschnurrt wegen dem Podcast als wegen unseren Bands und wir spielen seit über 10 Jahren in Bands. Also, das haben wir glücklicherweise nicht, weil wir unsere Gesichter nicht so... aber jetzt viel Spaß. Nein, aber das ist ja voll auch noch so. Nee, also das wird noch alles zensiert. Das ist ja gar nicht... Ja, das musst du nachher noch pixeln. Nein, das ist ja gar nicht so ein Mysterium gewesen, weil irgendwie ist das wie so gemacht worden zusammen, aber jeder, der halbwegs intelligent ist und wir haben erzählen, welche Bands wir spielen, zumindest wenn man es buchstabieren oder eintippen kann, dann findet man ja unsere Gesichter anhand von den Bands. Also, ja, nein, so schlimm ist es nicht. Es ist nie ein Geheimnis gewesen. Du hast mich halt einfach verwünscht, weil ihr habt 2 Tage, aber das ist 2 Tage vor dem Greenfield habt ihr das Foto aufgeladen. Habe ich jetzt das Mikrofon ausgemacht? Nein. Okay. Ich habe einmal drauf gedruckt. Nein. 2 Tage vorher habt ihr quasi das AI-Foto von euch aufgeladen. Und ich habe das gesehen. Und dann Freitagabend oder Freitagabend am Greenfield, das Schiffen, ich bin komplett durch gewesen. Ich bin mit dem Ricky den ganzen Tag am Saufen gewesen, schaue irgendwelche Bands. Und dann hocke ich dort, ich glaube, ich habe sogar ein Cola gesoffen, nicht einmal ein Bier. Greenfield bin ich nicht dabei. Ich will sagen, der Ricky ist nicht dumm gewesen. Der ist nicht dumm gewesen. Vielleicht doch ein Bier. Wir sind am Schreiben gewesen und du plötzlich so... Stimmt. Und ich habe so einfach so irgendeinen verdammten Creep gesehen, mit so 4 Weiber mich so anschauen hinter dem Tisch. So, hey, was zum Fick? Und dann irgendwann hast du etwas gesagt und ich so, das ist ich weiss, du hast mir das Foto geschrieben, so wie «Who that?» Das Screenshot habe ich dann auch noch bekommen, ja. Aber das ist wohl echt noch lustig. Ich werd wegen dem Podcast eigentlich wirklich nicht angesprochen. Ja. Sogar wenn ich das Shirt habe. Ich tue bewusst an Local-Shows. Ich gehe ab und zu mal allein sogar, wenn sich halt niemand findet. Laufe ich mit dem Shirt rum. Noch nie jemand etwas gesagt. Noch nie. Finde ich recht. Also nicht, dass ich das forciere, aber das geht gar nicht. Aber ich finde es noch lustig. Zum Fernsehen, ich habe eben auch wie mir nie... Ich habe euch einen Podcast gehört und wir haben es gelangt, eure Stimme zu hören. Ich habe wie auch nie wissen, wie ihr aussieht. Also nicht persönlich. Nicht persönlich. Du hast ja nichts verpasst, oder? Aber geht schon. Wir haben der Schweizer Frank Carter da ist. Frank Carter in Hübsch habe ich dich genannt, sorry. Frank Carter in Hübsch? Ja. Ich weiss nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Aber sind die Frank Carter der Rattlesnakes? Er kann nicht hübsch sein. Kannst du gerne... Ja, wow, okay. Es ist richtig tief. Es lösen sich nicht nur Schweizer Bands auf, sondern anscheinend es gibt es aber nicht mehr. Ja. Nein, weil kennst du Gallows? Die Band? Nein. Also, das ist eine von den 17 Bands, die immer im Greenfield spielen. Sind immer die gleichen? Nein, nicht mehr. Ja, aha, stimmt. Ja, Flog im Mollich und dann dafür kommt jetzt... Also, ich weiß nicht, das war der Sänger von denen vorne. Gut. Du kommst irgendwie nicht zum Trinken. Er hat mir schon 4-mal erklärt und ich so, ja, ich lasse immer noch nicht. Okay, ja. Aber ich finde es schön, wie sich jetzt das zu extrem Cervelat Mayhem. Extreme Sausage Mayhem. Yes. Tech Talk. Das Extreme Sausage Mayhem kommt nachher aufgehen. Extreme Sausage Mayhem. Onlyfans. Ja, wirklich. Wir sollten einen Koch-Channel aufmachen, Alter. Oh. Aber nur mit Würst. Ja. Während wir Metal los. Wir saufen auch kein Wein zum Kochen, sondern Bier. Jo. Gut, aber ich glaube, in dem Thema, Tutorials? wir haben auch immer bei unseren Thumbnails immer unsere Gesichter. Also ist von Anfang an haben wir das mit... Das ist gut, Instagram belohnt das mega, sorry. Gesichter, sehr gut auf Instagram. Habe ich gemerkt. Und irgendwie, wir haben bei der 4. Folge Video probiert und ist so wie, ja, das ist mir Aufwand. Aber vor allem... Gerade nach dem ersten Mal. Nachher haben sie uns angequatscht. Stimmt, wir haben kein Video gehabt, ja. Wo wir kein Video hatten, haben sie es noch nicht angeschnurrt. Aber wir haben einen Trailer gemacht. Aha, ja, gut, macht noch Sinn. Ja. Aber irgendwie, ich meine, Podcast ist schlussendlich eine persönliche Connection und... Band halt nicht. Und ja, also, schon. Ja, schon? Ja, aber nicht. Wenn du jetzt einen Podcast hörst von so 2 Dudes und du hörst dann jetzt 25 Mal je etwa 1,5 Stunden zu, hast du natürlich eine andere Connection zu denen, wie wenn du jetzt 2,5 Tage am Stück dann ihre Musik hörst. Definitiv. Ich meine, ja, aber es gibt gerade so Bands wie, sagen wir, 1056. Der Aaron, ihre Sänger, ist ein mega Aushängeschild und halt auch eine gewisse Präsenz, beziehungsweise mega gut vernetzt in der Szene, auch durch Betraying the Martyrs vorher schon. ist der gleiche? Also hast du gesehen, bei Betraying the Martyrs geht es ja nicht mehr. Aber ja, erst all die Sänger von Betraying the Martyrs ist dann gegangen und hat 1056 aufgezogen. Deswegen ist die Band so gross, Ricky. Interessant. Also nicht nur deswegen. Ja, wirklich, weil er hat schon gewisse Reichweite mitgebracht, weil er halt gut vernetzt ist. Gleich bei, sagen wir, Electric Callboy, ihre beiden Frontmänner, der Nico und der Kevin, glaube ich, heißen sie. Die sind halt schon zu einem gewissen Grad Aushängeschild. Alter, do you have it in the umbrella? Ja, du have it on your umbrella. Das ist so fucking lustig. Ja, anscheinend ist für eine Ami-Tour der Schlagzeuger kann anscheinend kein Englisch.
Ja. Und dann hast du schon ihre Vlogs gesehen ab und zu? Ja, das ist der Hammer. Und dann ist anscheinend eben der Manager, der Tank, gefragt, ob er irgendwie Kopfweh-Tabletten kaufen oder so. Und dann sagt er irgendwann mal so, do you still have it on the umbrella? Und dann ist der gekocht so, Rudi, was? Aha, ja, jetzt. Und was hat er eigentlich sagen? Hast du es noch auf dem Schirm? Ja. Und dann hat er eben, dann ist quasi so der Nico zu laufen gekommen und er so, hey Nico, kannst du ihm schnell übersetzen? Und dann so, ja, was hast du mir gesagt? Ja, ob er es noch auf dem Schirm hat. Und der andere so, ja, was hast du ihm gesagt? Aber sehr geil. Was auf dem Umbrella hat. So Den muss ich jetzt anfangen zu bringen, wenn ich irgendetwas sage. Sehr geil. Du kannst ja zurückfragen, do you spider? Ja. Das ist aber anscheinend falsch laut meiner amerikanischen Mitarbeiterin, weil Spider ist Spinnen, aber das, was wir mit Spinnen meinen, wäre quasi das Spinnen, das Verb, nicht das Nomen. Das ist mir eigentlich egal. Ja, nein, ja, okay, Moment, das Nomen kann ein Verb sein. Es gibt ja auch andere Wörter, wo das genau gleich funktioniert. Ja, du redest mit einem Linguist. Ja, okay. Das ist mir eigentlich, sie hat das einmal gesagt und ich habe das aufgeschnappt. Seitdem bin ich ein Arschloch jedes Mal, wenn einer das sagt. Sag ihr das nächste Mal zurück. Snap und das Verb und das Nomen kann das gleiche sein. Ist gut, ich schicke dir sonst deine Nattennummer. Oh Gott. Nein, aber dann, ich will mal einen neuen Punkt bringen. Und wie sehen ihr sonst die Zukunft bei IMS? Warte, ich habe noch schnell einen Einspieler bevor das. Ich habe ja dir gestern das schon gefragt. Ja. Kennt ihr die zwei Italiener, die auf Instagram so Essen roastet, wenn so quasi Amerikaner kommen? Also wenn sie Spaghetti auseinanderbrechen? Ja genau. Und dann so, dort, wo der eine sagt, Filipino Carbonara. Und dann sie im Auto und sind so, Carbo, okay? Kennen die zwei? Haben die gewusst, dass das eine Band ist? Nein. Ihr Account heisst Lionfield Music. Und ich habe darum eben gerade gedacht, so, ich spreche das Thema mal bei euch zwei an, weil so, macht das Sinn? Was, eine Band mit uns? Nein, die zwei. Achso. Wir machen jetzt eine Boyband. Ich bin jetzt nicht rausgekommen. Nein, aber die zwei Italiener, das ist effektiv eine Band, die heisst Lionfield Music. Die brauchen ihren scheiß Instagram-Account zum Promoten. Und ich weiss nicht, auf welche Seite das wirklich Sinn ergibt, weil ich habe etwa... So Comedy-Skits machen. So, ich sehe... Also auf ihrem Band-Account oder auf einem separaten... Alle die Videos sind unter dem Titel Lionfield ich weiss nicht, es hat Vor- und Nachteile, glaube ich, weil du ziehst einerseits eine falsche, sagen wir mal, Zielgruppe an mit Comedy. Ich tue es jetzt sehr grob mal zusammenfassen. Ja. Auf der anderen Seite generierst du trotzdem Reichweite, weil es gibt Leute, die Comedy mögen, die werden dann auch die Musik mögen. Aber sie machen eben wie nie, du musst ja wie noch eine Bridge haben irgendwo, eine Brücke zwischen denen. Ja. Und die einzige Brücke, die ich gesehen habe, ist denen ihren Accountnamen. Aber ich glaube, es ist mega abhängig von der Plattform, weil ich habe das Gefühl, so wie ich TikTok verstand, ich verstand TikTok nicht sonderlich gut, ich habe das Gefühl, dort funktioniert es etwas besser, weil dort wie die Zielgruppe ist wie homogener, es ist ja wirklich ein bisschen egal. Viele Bands posten gar nicht den ernsten Stuff, sondern das, was du auf Instagram zum Beispiel würdest in einer Story machen oder so. Genau. Ich sehe die aber, wenn ich die sehe, ich sehe die vor allem mit den YouTube-Shorts. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das ist gut möglich. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das ist dann eben die Problematik, weil auf Spotify, oder wenn du so etwas machst, dann du verwirrst halt den Algorithmus. Und wenn du dann nur die Leute erreichst, die gerne etwas Komödiantisches über das Kochen schauen, klar, vielleicht jetzt ein paar dabei, die den Sound hören wollen, aber wenn das 5% sind, dann ist es scheiße. Weil dann hast viel mehr Leute, die das nicht hören wollen. Die schauen die Inhalt, weil sie den Inhalt... Es war jetzt interessant zu wissen, zum Beispiel, also ich habe noch nie von denen gehört, aber was heisst das schon? Letztlich, wie viele Leute dann auf TikTok und Instagram folgen und mal schauen, wie viele Plays die auf YouTube und Spotify haben, um da wirklich einen Vergleich zu ziehen. Ja, fair. Weil das ist das, was wir vorhin im Quiz gesehen haben, oder? Ältere Bands, tendenziell eine grosse Zielgruppe auf Facebook, weil allein schon, weil es Facebook vor Instagram gegeben hat, oder? Und sich dort mehr haben können aufbauen. Ja. Schwierig jetzt einfach so zu sagen, es gibt Pros und Kontras, wie wir es gerade zusammengefasst haben. Also in dem Fall eben wie immer, Social Media ist ausprobieren. Probier's aber das ist auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall. Also ich habe letztens ist mir in meinem Feed Reel vorgeschlagen worden von einer Band, habe ich die Band schon wieder vergessen, habe es richtig cool gefunden, hat mir mega abgeholt. Dann hat es nicht funktioniert. Und dann bin ich dieser Band folgen und habe die Musik angehört. Die Musik hat mich nicht interessiert, dann ist überhaupt nicht mehr Ding gewesen, aber das Video hat mich abgeholt. Und ihr seht, es kann funktionieren. Anderen Leuten hat die Musik vielleicht besser gefallen. Aber genau ist ja wichtig, das haben wir ja auch immer wieder predigt. Es ist wichtig, ein Ziel zu definieren. Was ist dein Ziel? Und wenn du das nicht weißt, dann ist es scheiße. Aber wenn du das weißt, dann kannst du mit entsprechenden Massnahmen auf das anschaffen. Und wenn dein Ziel ist,
mehr Leute, also mehr Follower zu bekommen, damit du quasi dann auch vom Algorithmus mehr angezeigt wirst, dann kannst du das über so einen Weg machen, aber hast nachher einfach mehr Arbeit, um wieder zu deiner richtigen Zielgruppe zu kommen. Ja, klar, also wir haben es eben gestern, wo wir das hatten, haben wir gerade den Luca von Gesundheit gehabt und ich so, ja, aber ihr macht jetzt auch so, aber ihr verbindet auch mit der Musik, oder? Und das ist auch gut. Ja, ich finde, Gesundheit macht das recht gut, sorry, wenn ihr ins Wort fällt, auf TikTok. Ja, mega. Aber ja. Easy, ja, du hast das Gleiche sagen. Sorry. Ihre Reels sind mit Musik verbunden. Darum bei ihnen siehst du, dass sie eine Band sind. Voll. Bei Xona siehst du, dass sie eine Band sind. Bei den anderen 2 Italienern, ich habe zuerst 3 Chancen. Also zum Fernsehen, ich habe alle ihre Reels durchgelassen, weil ich sie auch lustig fand. Weißt du, wenn das würdest mischen, ich gehe jetzt mal, wenn man auf ihrem Instagram, wenn sie eine Mischung machen aus einerseits Cooking, Roast-Videos und dann kommt aber zwischendurch wieder Musik-related Content. Das wäre für mich schon viel logischer, weil wenn ich dann einfach 2 Reels weiter scroll, dann sehe ich aber gerade auch, sie machen Musik. Oder? Genau. Ich meine, kann man ja immer noch, nein. Aber das Thema noch antatscht, wegen eben Streams vergleichen mit Anzahl Follows aber eben ein wichtiger Punkt ist auch, wie die Interaction aussieht, oder? Weil zum Beispiel, ich finde, viele Streams und sagen wir, du machst Ads und so und es läuft mehr gut im Ausland, aber nachher, wenn du für lokale Shows willst, aber Leute noch anziehen, oder? Und nachher einfach praktisch keine oder wenig Interactions in Instagram hast zum Beispiel, oder? Dann, das ist so etwas, so der letzte Schritt, wo wir noch pushen. Und ich finde, Wrath of Alga macht es mega gut, indem sie einfach mega viel sharen, mega viel kommentieren, mega viel interagieren mit den Leuten, oder? Und ich habe nachher, gibt es ja auch mehr Bock, wenn Wrath of Alga in deine Nähe kommt und du hast schon mal mit denen mal ein paar Mal geschrieben und sind coole Kommentare hinterlegt. Und dann ist es so wie, alright, dann machst du ein bisschen Connection, oder? Natürlich, wenn eine Band los ist und ist geil, willst du auch gehen. Aber das gibt mir den extra Schritt zu mir, wie eine Band besser kennen oder mal reinhören zum Beispiel. Aber das ist auch etwas, wo du wirklich Zeit investieren musst, zum Social Media. Ja, und du musst die Funktionsprinzipien irgendwann mal so ansatzweise verstehen, habe ich das Gefühl. Ja. Weil, ja, es bringt nichts, wenn du einen Post gehst bewerben und der hat dann x-tausend Aufrufe und du führst dich selber ab wegen dem. Das bringt nichts. Roman, hast du ein konkretes Beispiel? Nein, ich sage kein konkretes Beispiel. Aber das ist uns gerade letztlich passiert. Ja, weißt, es bringt, also eben, es gibt wie die Leute, die das machen, weil sie etwas dazulernen und weil sie mit Leuten connecten, die ähnliches Zeugs geil finden und weil sie es cool finden, zu interagieren. Und dann gibt es die, die einfach eine Zahl lesen und sich selber mit dem bestätigen. Ja. Und wenn das Ziel ist, ja klar, mach das. Aber das ist ja auch legitim letztlich. Auch gang dann nicht mit dem go braggen, angehen. Klar, Authentizität, habe ich das Gefühl, ist auch etwas, wo ziemlich schnell, also je länger du eine Band folgst oder ich finde auch, Authentizität kommt auch mega raus, wenn zum Beispiel 2 Stunden da redest mit den Leuten, da kannst du wirklich, wenn du eine Maske hast, dann ist es ziemlich schwierig, die zu behalten für 2 Stunden. Oder? Und ich finde, mit Social Media ist genau das Gleiche, wenn du eine Band einfach folgst und nach irgendwie 3 Monaten findest du so, die machen jetzt einfach für die Klicks, oder? Dann ist es so wie, ja, Authentizität verloren, oder? Und da finde ich auch, wenn das durchkommt, dass du authentisch bist und eine authentische Interaktion hast mit den Leuten, weil ich habe auch mal die gesehen, die einfach spammen alle per Instagram Messenger, so wie, hey, neue Platte rausgekommen und so, und du schreibst nachher so, hey, cool, habe ich gelesen, ist geil, kommt nichts zurück, oder? Yeah, so wie, alright, bist so eine, easy, für mich erledigt, oder? Ich meine, und das ist so, irgendwie, da musst du merken, wenn wirklich willst, authentisch Connection aufbauen. Ja, plus ist eine never-ending Story. Du musst eigentlich das Niveau an Interaktion und an Aktivität, die du hast, musst irgendwie aufrechthalten. Es bringt nichts, wenn du einmal hure viel machst und dann schwierig. Gar nichts mehr. Weil es wird einfach abgestraft. Es ist halt, Konsistenz ist definitiv ein Schlüssel, ja. Absolut. Aber das haben sie gerade letztens, wenn ich das noch anbringen darf, im Burn This World Podcast geredet, dass der Browning ist eigentlich ein recht etablierter Name. Burn This World ist vom Sänger von Johnny McBee von Browning. Ich habe es noch nicht gelesen. Right? Okay, lohnt sich, wenn ihr etwas ein bisschen mehr über die Musikszene wissen wollt. Und sie reden dort eben darüber, dass der Browning ist eigentlich ein rechter Name in der, ich sage jetzt mal, Electronic, Metal, Extreme Metal Szene. Sehr geiler Sound. Was sie aber ganz klar gesagt haben, ist, durch dass der Johnny McBee wenig Erfahrung mit Social Media hat und alle, die Browning verfolgen, wissen, dass es gibt immer ein Release, eine Tour, tot. Release, Tour, tot. So hat ihre Social Media über Jahre funktioniert. Und du hast ja nie gewusst, bei Browning genau das gleiche Problem. Ständig neue Mitglieder. Ich habe nie gewusst, wer dabei ist. Aus dem Johnny hat sich ständig alles durchgewechselt. Jetzt ist übrigens der neue Gitarrist in Reaction. Hardcore-Keem, voll. Genau. Ja. Ist so geil. Mal schauen. Und das sagen sie eben auch ganz klar. Hardcore-Keem bringt Social-Media-Erfahrung mit rein. Und ihr Ziel ist jetzt wirklich, das aufrechtzuerhalten, das Level, und nicht ständig das einbrechen. Und da... Wrath of Alga? Einfach, also als kleines Beispiel, aber es ist der Mike, der natürlich glaubt, dass Social Media Game schmeißt. Wenn du jemanden hast, und der hat Erfahrung.
Zeit investiert. Du musst das Mikrofon reden, Bruder. Es ist mehr persönlicher Zuspruch für den Roman gewesen, nicht für die Zuschauer. Alright. Aber ja, Es ist genau. weniger Wert aus. Schnell Ja, nein, das ist eigentlich das Ende von der Story, oder? Das Aufrechterhalten ist schwierig, aber auf der anderen Seite, es wird belohnt. Wenn ich frage mich ganz ehrlich, wo Browning heute könnte sein, hat sie das durchgezogen? Ja. Kann jetzt nicht mehr so beantworten. Ja, aber Das ist eine offene Frage. zum Beispiel, ich habe auch eine Zeit lang nicht mehr Suicide Silence gehört, aber jetzt höre ich den Garze-Podcast die ganze Zeit. Und das Coole ist eben, da kommst du wirklich Authentizität raus, weil der ist der Gitarrist von Suicide Silence, eine legendäre Band, und interessiert sich für neue, Underground-Bands, die noch nicht eben in der Stage sind, wo sie wirklich mega bekannt sind. Ja, aber das ist ja wieder genau das Gleiche. Das muss ja auch der Inhalt stimmen. Ich will Musik, oder? Wenn du scheiß Musik machst, dann kannst du noch so viel Musik machen. Sie wird vermutlich gleich nicht gelost. Aber du kannst auch nicht einfach nur einen scheiß Podcast machen. Du musst ja auch einen gewissen Inhalt haben. Klar. Ja. Obwohl, es gibt auch Leute, die nichts machen außer Podcasting und sind einfach mega gute Podcaster. Also nein, warte, halt. Ich habe den zweiten Teil von Rickys im Satz nicht Das ist einfach schon mal Nein, du hast ja gesagt, du kannst wenn du einen scheiß Podcast machst, hast du, ich meine, halt doch da, hallo. Nein, ich kann zum Beispiel sagen, es ist ein Comedian-Podcast, den ich auch mehr gerne höre, aber der Typ hat einfach aufgehört, Comedy machen und hat einfach Podcasting weitergemacht und ich finde es immer noch sehr gut. Weil Nein, Dings, Stuff Island heisst es. Und der ist Stand-Up gewesen, aber in Corona hat er einfach aufgehört, oder? Und hat weiter mit Podcasts gemacht und es gibt mega viele Leute, die in Podcasting mega gut und lustig sind und dann gehst du Stand-Up schauen und so wie, Das ist bei den Bands genau das Das ist halt Gleiche. etwas anderes. Absolut. Bei den Bands genau absolut. das Gleiche. Es gibt definitiv auch ich muss mal überlegen, Bands, aber die es auf gibt Social sicher... Media gut sind, dann kannst du live schauen. Nein, aber wo zum Beispiel auf Spotify gut sind und dann live. Ja, von denen das gibt es ist ein paar, etwas ja. anderes. Ja, das gibt es auch. Das ist ja normal. Ja. Voll. Oder umgekehrt. Oder Wobei, umgekehrt. Ja. hast du schon Bands gesehen, die wirklich live absolut geil und dann Ja. hörst du sie an und findest sie so meh? Das Ja, habe ich- ja, aber umgekehrt ist schwierig, wenn du dich eine Band gehört hast, sagen wir auf Spotify oder so, und die findest die Scheiße, ist die Hürde riesig groß, um die live zu schauen, dann muss es ein Zufall sein. Oder ein Festival, oder weiss ich. Ja, nein, aber ich denke vielmehr, du laufst an eine Band live an, findest so, nice, und dann auf CD so ein bisschen, Get the Besonders, shot. alright. Nein, ja, aber Live so, ich muss sagen, besonders neue, jüngere Bands, die vielleicht nicht zu viel für die Production ausgegeben haben, oder? Und eventuell die Qualität von der Production eben nicht so gut ist, aber nachher siehst du die live und die blasen dich weg und so weiter. ja, aber ich möchte gerade wieder, gerade junge Bands haben halt wenig Live-Erfahrung. Also blasen sie die wirklich Also so nicht weg. immer. Ja, nein, natürlich nicht ja. immer. Ich Dann meine- spielen sie noch in kleinen Locations, Nein, wo zum Teil noch Scheiße abgemischt sind. Ja, ich meine nicht junge Bands, dass die Band nicht so lange gibt, oder? Es könnte ja mit Dudes in 30 und 40 sein, oder? Ja. Aber es das nicht so lange gibt. Aber Amix, wenn du gerade das Projekt anfängst, hast du vielleicht nicht die beste Production oder machst es selber, oder wo eben, es braucht nach ein paar Jahren, um wirklich mit der Production auf ein Level zu kommen, und besonders da ich selber produziere, und ganz ehrlich, ich bin auch nicht so ein großer Fan von meinen eigenen Mixes, da muss ich sagen, mit der Zeit bist du einfach kritischer mit dem, oder? Ich meine, und nachher, du kannst viel schneller gut tönen live, oder? Als dass du eben etwas selber aufnimmst, mischst und masterst, oder? Und da sehe ich auch so wie, alright, ich kann hören in Spotify und eben mittlerweile mein analytischer Brain kann ich nicht abschalten und ist so wie, ja, Mix ist nicht so geil. Dann gehst du live schauen und ist so, es blast irgendwie weg. Ja, so aber wie, dann hast du in der Schweizer Szene eher ein Problem. Weil die Qualität im Schnitt ist allgemein nicht wahnsinnig, finde ich jetzt. Aber es ist besser, es wird stetig Wobei, besser. also ich habe finde, das sorry, Gefühl. man muss das einfach ein bisschen in Relation setzen. Weil, wenn ich Ja, einen Mix ja, höre ja, von Lorna ja, Shaw, logisch, klar. sorry, das ist einfach unvergleichbar. Aber man Das ist orientiert Humanity sich halt Last an Breath. dem. Ja, aber das finde ich aber der grosse Fehler. Ja, aber das ist ja das, was der Ricky sagt. Er kann das analytische Denken auch nicht abstellen. Du kannst ja, Ja, nicht plötzlich aber Referenzen abstellen, Ich die du tue geil das dann findest. schon, wenn ich eine Schweizer Band sehe, die nicht so groß ist und ich weiss, die haben nicht so ein Budget, dann tue ich das schon ein bisschen in Relation setzen und denke so, natürlich, da ist so gerade ein bisschen sumpfig in Mix, sag ich jetzt einfach mal. Aber das tut der Musik letztlich dann wenig, oder für mich wenig ab, weil ich einfach weiss, okay, schau, das Potenzial ist da. Genau, Und wenn die genau. wachsen, genau. Also Ja. ich sehe Ja. Amix eben, ich Solange sehe die das Musik gut, Potenzial. das ist eben das Ding, das Aha. Produkt muss gut sein. Und du musst, das Grundprodukt muss gut sein und dann kannst du den Rest rundum Genau, genau. besser machen. exactly. Aber wenn du schon ein scheiß Produkt hast, kannst du auch einen guten Ja, Mix da haben, bringt das er genau. beschissen. Aber eben, da ist etwas angedeutet, Potenzial. Eben, Amix kannst du nicht los und sagen so wie, alright, die Jungs in 5 Jahren, oder die Mädels in 5 Jahren, so, geil, Alter. Und da merkst du so wie, weil, ich meine, nicht jeder kann vom Anfang an gerade gleich gut sein wie August Burns Red heute, oder? Ich meine,
Die sind am Anfang nicht gleich gut gewesen wie heute. Genau, absolut. Stimmt, sie sind besser gewesen. Und das ist der. Und dann siehst du, alright, die sind vielleicht am Anfang der Karriere, aber ich höre etwas, das könnte wirklich gross werden. Oder, das Interessante ist, wenn du es eben nicht siehst, wie zum Beispiel Beatdown zum Beispiel. Bei der Janik habe ich am Anfang bei meinem Studio versucht, Beatdown-Riffs zu schreiben für seine alte Band. Und ich so, Bro, hör auf, das ist einfach scheiße. Black Pale für jetzt, oder? Und so Sachen, die ich in dem Moment nicht gesehen habe, oder? Und jetzt mittlerweile finde ich so wie, wow, das klingt sick, man. Hure gut. Das sind so Sachen, wo halt amix siehst, amix nicht. Und, ja, das ist wie, wo alle den Falling in Reverse Song Alone gehatet haben. Jetzt machen es alle hinten rein. Welcher ist der? Das ist der, wo er so einen auf Pimp macht und eigentlich nur einen Elektrobeat hat im Hintergrund und mit Goldketten und so aus dem Privatchat aussteigt. Das habe ich gerade nicht an meiner Umbrella. Ist auch nicht so ist auch nicht so tragisch, ist einfach so. Aber eben, das war so ein Song, der ist rausgekommen. Da hast alle gesehen, alle gesehen, das ist ein Scheiß, alle und jetzt dann quasi jede zweite Band so. Also, da der Roman bald muss das Konzert spielen, ich komme auf abschließende Frage, wo sehen ihr IMS zum Beispiel in 3 Jahren? Wie ein Bewerbungsgespräch jetzt. Was bringen die zu der Firma? Beides, IMS und Extreme Music Switzerland. Weil also das ist das Gleiche? Sind das Gleiche, aber nicht, weil Extreme Music Switzerland ist auf Englisch. Du redest jetzt nicht vom Gleichen. Aha, du meinst IMS Media Mayhem und Extreme Music Switzerland. Sorry, genau. Einerseits IMS Media Mayhem und einerseits Extreme Music Switzerland. Ja. Also IMS Media Mayhem ist natürlich inhaltlich irgendwann mal ein bisschen erschöpft. Oder wir von dann an über gleiche Sachen schwätzen und so und wir haben unsere Liste und es geht langsam Richtung das Ende dieser Liste zu. Wir haben ein grosses Gespräch noch vor uns, um darüber zu schwätzen, in was für Regelmäßigkeit dass wir das fortsetzen. Und ja, wie das Leben abläuft, kommen mit der Zeit andere Verpflichtungen. Also ich für meinen Teil werde das ein bisschen reduzieren in Zukunft, aber wir werden sicher die Plattform weiterbehalten und wir werden sicher auch an neue Sachen arbeiten. Ja. Es wird sich zeigen, in was für einer Häufigkeit das Podcast weiterhin ein Thema ist oder ob wir das vielleicht auch anders verteilen oder wie auch immer. Also es gibt zumindest Pläne, das heisst nicht, dass der Podcast gerade fertig ist, es werden noch Folgen kommen. Ja. Auf jeden Fall, wir haben noch 1-2 Sachen, die wir erzählen wollen. Ja. Aber das stimmt schon, längerfristig sind irgendwelche gewisse Sachen ausverzählt und darum werden wir uns wieder nicht das Konzept über den Haufen werfen, aber eine neue Herangehensweise, sag ich mal, überlegen. Ja, oder einen neuen Inhalt. Oder eben das, was wir vorher angesprochen haben, ist auch, eben, es ist nicht immer so, wir haben immer Ideen, wir haben eine ganz lange Liste mit Ideen, die wir machen können. Vielleicht eben auch mal etwas Physisches, wie gesagt. Ja. Wäre vielleicht dann auch mal an der Zeit. Was auch schon lange auf der Liste ist, eigentlich mal, oder ich zumindest gerne machen, ist TikTok mehr bespielen. Ist aber extrem schwierig, also zumindest jetzt noch, weil eben, ich meine, auf unserer Plattform geht es nicht um uns zwei, sondern um die Band. Wir sind ein Knotenpunkt für die Szene letztlich, oder? Was präsentieren wir denn? Weil TikTok lebt von Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Auch dort vielleicht finden wir irgendwann einen Zugang. Ja, plus Repost, also es gibt ja so die Splits und so, aber ich glaube, Repost ist wie weniger ein Thema dort. Ja, weißt du, Reaction wäre etwas vom Naheliegendsten, aber das ist so abgelutscht in der Zwischenzeit. Ich finde, Reaction-Videos ist für mich gar nicht, weil mich interessiert nicht, wie die Person reagiert, weil ich kenne die nicht. Ja, wobei und es ist scheißegal. Ich habe gerade heute Morgen ein Video gesehen zu einer weiß nicht, wie sie heißt, zu einer YouTuberin und sie macht auf YouTube TikTok Reaction Content. Die haben irgendwie 30 Millionen Subscriber auf YouTube. Aber das zeigt, wie die Menschheit verblödet. Ja, aber auf der anderen Seite die Relevanz von TikTok. Ja, weil die Menschheit verblödet. Also, das habe ich auch mal gesehen in Instagram-Videos, so wie siehst du das Video oder etwas passiert und dann kommt aber so eine Frau so, now you see, this is happening, the person thinking so, fuck, so, lass mich das Video schauen. So, du meinst so, ein Elefant geht auf die Schnur. Now you see the elephant falling. So, was? Was? Da hätte ich jetzt nicht gesehen. Wo kommentiert und moderiert TikTok-Videos und ich so wie, aber zum den Bogen nochmal zurückspannen, ich glaube, wir haben bei IMS, wir haben noch eine Liste, wir haben noch ein paar Sachen, die wir machen, auch trotz familiärer und sonstigen Verpflichtungen. Also IMS löst sich nicht auf, wenn ich das vorher so angekündigt habe. Wir werden das eigentlich schon noch weitermachen, weil letztlich ist es für uns etwas, was wir gerne machen und können ausprobieren. Ja, also eben, das ist ja unsere Spielweise. Und wir machen das bitte weiter, ich finde es auch geil. Ich liebe immer eure Spiele, die ihr macht in der Stories. Ja. Eben, also ja, und dann, wenn da eben neue Sachen dazukommen, reizt uns das natürlich dann auch wieder ausprobieren, oder? Ja, und Thema Podcasting, ihr habt eben recht geschlossene Parameter gesetzt für einen Podcast, oder es geht um das und um die Themen und eben
wie du sagst, irgendwann haben die schon alles besprochen, bis mal die nächste grosse Plattform kommt, oder? Und dann, ja, oder nicht einmal genau. Plattform. Vielleicht ist es wirklich, weißt du, jetzt ist eben der Tech Talk abgeschlossen. Vielleicht machen wir dann etwas, was für andere Zielgruppen ist. Oder genau. Einfach, was wir Bock haben. Voll. Wir müssen Bock haben. Da ist meine Frage nachher, oder? Ob ihr Podcasting quasi mit anderen Themenbereichen nehmt, oder? Wo eben nicht mehr aufs Technische geht, sondern wirklich ähnlich wie bei uns, Bands und so Zeugs von der Region, oder was auch immer es könnte sein, oder? Wir wissen es noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das Konzept ist noch nicht fertig geschrieben. Weil Ideen sind da. Ich wollte mehr von eurer Stimme hören, regelmäßiger. Das Baseldeutsch. Yes. Also, ich Media Mayhem. finde es voll cool. Ich habe den technischen Kaufmann geschrieben in dieser scheiß Messehalle. Darum bin ich dieser Stadt so nicht positiv gegenüber eingestellt. Der Scheissdreck mache ich in meinem Leben nicht. Gut, ich muss ja nicht mehr. Wir haben schon viel mehr Scheiß in Basel erlebt, glaube ich. Ja, das glaube ich auch schon. Ja. Glaube ich auch schon. Basel Stories, Die alright. verdammte hure Brainwash-Scheiße da. Ja, aber dann an dieser Stelle würde ich mich mal bei euch bedanken. Danke. Genau. Dass Ja, ihr danke. vorbeigekommen Halt's sind. Maul. Und auch danke an alle, die jetzt die 2,5 Stunden Solid. reingelassen haben. Was, 2,5 Stunden? Ricky, Ja, ich habe ja. jetzt die Ja, das 2 ist gut, die Stunden... meisten Ich muss schon hören gegangen sein. Die meisten hören Podcast eben im Schaffen, von dem her. Ja, voll. Okay, ich wollte dir eigentlich schon seit Anfang des Podcasts sagen, dass in Orange noch läuft, aber... Ah, cool. Hey, ich habe doch vor auf Half gestellt. Ja, das ist nicht. auf Nein, Standby. ist auf Standby. Ist auf Standby. Ah, okay. Aber ja, nein, also es war wirklich cool gewesen und ich habe das Gefühl, wir hätten noch 2 weitere Stunden machen. Ich meine, es gibt so viele Wir Themen. nehmen jetzt einfach eine nächste Folge. Wir Absolut. nehmen den einfach mit heute Abend und dann zwingen wir ihn. ja, Feel Noch free. in der Army. Alter, wir können nicht jetzt echt helfen mitnehmen. aufräumen. ja, also da, Flash-Podcasts. es ist Das ist eh geil. Eben, schon wieder eine neue Idee. Flash-Podcasts. Ja, Wir nehmen jetzt Flash-Podcast. einfach mit und ich interviewe den Eckert von Save Last Breath. ja, wir haben Und das Einzige, was ich ihn frage, ist, wieso er so ein Depp ist. Nein, wir können doch wirklich Lieb so dich, Dave. absurde Fragen überlegen und direkt, wenn die Leute auf der Bühne von aufräumen, dann, wenn du den grössten Stress hast, dann gehst du an und fragst. Jetzt mit Wobei, das ja. haben wir doch auch mal gehabt. Genau das Ja, das wir haben wir so eine Videokonzept Idee. haben wir auch Ja, mal du bist gehabt. schon die Das Frage ist gestellt. fucking gut. Ja. Das Thema ist, ich habe Podcast-Mode und ich habe Chill-Mode und ich kann nicht beides richtig machen. Also entweder kann ich das Konzert schauen oder... Dann ich bist du aber muss- nicht authentisch, wenn du das Ricky, nicht genau, machst. lass mal also- schnell zu. Nein, Du weil- hast doch aus einem Grund mir die 8-minütige Sprachnachricht geschickt, wo keiner von diesen Gründen, die du vorhin aufgezählt hast, wieso du den Podcast hast, welche Gründerin vorgekommen ist und alles nur war, ich will mehr Reichweite, Geld und Fame. Ja, genau. Das auch. Das ist ein Döner vom Ricky. You have the Sonderwaffe für sie Blitzkriege auf der Ich Bühne. glaube, wir müssen auch das Gerät holen, das du einfach in der Hand nimmst und einfach einschaltest und dann muss ich sich nicht an die Technik denken. Ich kann einen Zoom. Stimmt, ich du hast einen Zoom, ich nehme ja. den mit heute Abend. Voll. Alright, ja, machen wir das. Ich finde es richtig geil, wenn wir jetzt knallhart deine Abmoderation ignoriert, Ja. die wir richtig gemacht haben. Ja. Das ist jedes Mal so. Voll. Der Ja. Ricky lässt das Outro laufen und ich denke so, und was sage ich jetzt nachher, dass es einfach nicht Ruhe ist? Ja, nein, also das Thema ist, hast du mal eine abschließende Frage oder Comment für die Boys? Nein, danke vielmals, mega interessant gewesen. Meine Frage wegen der Italiener haben es beantwortet. Das habe ich gut gefunden. Ja, kannst jetzt beruhigt schlafen. Ich habe Angst gehabt, dass ich noch irgendwie verprügelt wird wegen allen meinen Basler-Jokes. Ach was? was, Nein. wie man ja selber, der FC Basel ist der grösste Witz. Wir haben die Folge wieder nennen, Fußball-Hooligans und Beatdown-Fans. Ich muss- Oh. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich die Folge... Nein, ich muss die 2,5 Stunden mal durchlassen. Viel Spaß, liebe Ja, Grüße. Ja. Nein, aber merci, dass ihr reingelassen habt. Eben, wie gesagt, wir sind in Instagram und der Metal Server da. Ihr sind... Extreme Music Switzerland. Überall. Also Oder Facebook. IMS Media Mayhem auf Spotify. Ja. Genau. Ja, wenn ihr mal Konzerte wollt promoten oder ein Single releasen, dann schreibt uns mal. Wenn ihr wollt Tipps zu Marketing, schreibt mal Extreme Music Switzerland. Oder schreibt uns, dann können wir einfach schlechte Tipps über. Ja, genau. Übrigens, wir haben noch eine Playlist auf Spotify, Metal Server aus der Region. Wenn ihr wollt, den Song wird reinhauen. Nicht den Song, eure Band, ich tue den Song auswählen. Könnt ihr mal abchecken. Können mit uns auch über Gott und die Welt reden. Genau. Könnt mal in Versus hören, könnt mal Match plus Whisper hören, könnt mal Idelusionist hören. Anesthetist, wenn ihr es auf Instagram findet. Whitehead und Demigod Unleashed. Ja, das ist mal Folge Nummer 26. A-N-I-S-T-H. A-N-A-E. A-N-A-E-S-T-H-E-T-I-S-T. Ja, ist gut. Alright, nochmal, langsam. Nein. Das ist für mich. Verlink's doch einfach. Genau. Eben, aber das ist für mich. Ja, das ist für mich. A-N-A-E-S-T-H-E-T-I-S-T. Ich gebe auf. Auf Deutsch ist das Wort viel einfacher. Weil wir haben Ja, im Britisch-Englisch ist halt Ja. A-E. Oh ja. Ich versuche mal zum dritten Mal Ja, den Podcast fair. abschließen. Ja, bitte, ich muss gehen. Genau, muss gehen. Der Roman muss gehen. Okay. Jetzt zum Hören. Bye, bye. Bye, Alles ciao gut, zusammen. tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.